E-Sports-Team mit Coach dort am Sitzen, gell? Mit der Lieblingsstreamer, wo das gibt. Ja, Kommentare auf TikTok und Insta ist das Beste. Genau. Und er hat einen Artikel geschrieben, hey. So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Freut mich, seid ihr alle mit live am Start auf Twitch. Und ich begrüße auch jetzt schon alle, die im Nachhinein bei YouTube zuschauen. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast mit dabei. Es tut mir leid für die kleine Verspätung. Ich weiss, wir haben 9 Uhr gesagt, es ist jetzt 20 ab. Jungs am Sonntag, Jungs und Mädels, man darf Mädels nicht vergessen. Am Sonntagmorgen am 9 Uhr ist immer schwierig, pünktlich live zu sein. Einfach, dass wir das, aber wie ich mitbekommen habe, seid ihr es ja schon gewöhnt von unserem Gast, der heute mit am Start ist. Hey, Joe Ferretti. Yes. Ich möchte dich herzlich begrüßen hier bei mir im Podcast. Und ich möchte mich unendlich bedanken. Hast du den relativ langen Weg hierher am Sonntagmorgen gemacht, Bro? Herzlich willkommen. Hey, merci vielmals. Auch allen im Chat. Wunderschönen guten Morgen. Ja, habe ich gerne gemacht. Übrigens, Bro, eben. Ich finde dich ein absolut angenehmer. Machst deinen Job gut. Und ich wollte noch schnell da im Chat sagen, sind lieb heute. Und Loris, behalte den Hate für heute Abend. Nachher weißt du nicht mehr, was sagen, wenn wir auch live sind heute Abend. Und ja, hoi Amaran, hoi Loris, hoi Kini. Und ja, ich habe gehört, Pedro, einer der treuesten da. Auch dir, wunderschönen guten Morgen. Pedro ist crazy treu, ja, definitiv. Hoi Tali, nebenbei. Tali, letztes Mal gerade haben wir herausgefunden, dass sie dich kennt. Mhm. Ich kenne sie auch schon über ältere Community-Streaming-Sachen. Und aber dass wir dann, was ich dann gepostet habe, dass wir Podcast so, den kenne ich auch von Collector. Und ich habe erst gerade beim letzten Hero Fest, erst gerade hat sie so ein bisschen herausgefunden, dass ich eben auch so ein bisschen ein Sammler bin. Und jetzt ist das auch so alles wieder verstrickt miteinander, Ja, die ganze Community. Es ist wild. Ich meine, die Schweiz ist klein, aber umso mehr macht es auch interessanter, weil die Leute ja, kennen sich eigentlich untereinander. Definitiv. Also, mehr als man eigentlich denkt. Und ich meine auch dich, ich habe dich nur auf Twitch immer gesehen. Eben, unsere Jokes, die wir da immer machen, wir zeigen mal Füße und alles Zeug. Oder? Das ist so bei mir einfach zum vorneweg nehmen. Ich bin gar nicht ein Fußfan, aber ich finde es immer geil, wenn du so ein relativ, ich sage jetzt nicht, monoton ist das falsche Wort, wenn du einfach so einen themenbasierten Chat hast, wo so, weißt, Leute einfach immer über Fußball reden, da kommt einfach einer rein und grätscht komplett rein, dann finde ich es immer geil, so die Reaktion der Leute zu sehen. Die es ignorieren, die wissen einfach nicht, wie strong eigentlich so ein hoher random Moment ist, auch für den Chat. Und für die es lesen, dann nachher eben kannst das Lachen entrauben, finde ich immer geil. Darum, einfach, dass es geklärt ist. Ich habe nicht die Füße gern, aber bei ihm macht man immer den Gag, oder? Und dann ab und zu zeigt er so seine Socken. Und ja, finde ich immer cool, wenn er da am Reinschwitzen ist, so einen Auflockerungsmoment zu haben. Ja, ich glaube, das ist schon. Aber ich glaube, es ist schon noch schwierig. Ich sage mal, ich streame jetzt auch seit fast 5 Jahren. Dann bist du dann mit der Zeit so Sachen gewöhnt. Aber ich glaube, am Anfang so, die Leute wissen wirklich auch teilweise nicht, wie soll ich jetzt mit dem umgehen. So, weißt du, was ich meine? So, ich kann es voll nicht einordnen. Aber nein, freut mich wirklich riesig, bist du heute mit am Start. Wir können ja schon mal so ein bisschen aufbauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass, sagen wir mal, du, ich sage mal, für mich ein interessanter Gast bist. Ich suche immer so ein bisschen Leute, die entweder mit EAFC, weil wir ja eigentlich eine EAFC-Community sind, etwas zu tun haben, oder mit Fußball an sich selber etwas zu tun haben. Dort wissen wir jetzt noch nicht so viel, aber können wir dann vielleicht gerne noch darauf eingehen, ob du mit echtem Fußball etwas am Hut hast gehabt. Vorher habe ich noch gesehen, geiles Liebli. Ich habe extra das montiert, weil ich gewusst habe, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich das Liebli angehabt, jetzt gerade vor kurzem. Und es war gerade ready im Schrank gewaschen. Von dem her habe ich gedacht, wird es wieder montiert. Eben auch von einem Fußballturnier. Und von dem her, es hat sich dann noch herausgestellt, das wissen vielleicht meine Leute teilweise sogar weniger, dass ich eben auch so ein kleiner Pokémon-Freak bin, weil das halt weniger mit meinem Content zu tun hat. Aber ich liebe es halt, Pokémon zu sammeln. Du hast selber inzwischen einen Shop. Und wegen dem hat sich das eigentlich jetzt so ein bisschen perfekt ergänzt. Und wir können auch so ein bisschen ein neues Metier mit reinbringen. Pokémon-Karten, Sammelkarten haben wir jetzt noch nicht im Podcast. Da können wir heute auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber grundsätzlich bist du, wie ich mitbekommen habe, ein crazy Pro-Clubs Goalkeeper gewesen. Und bist, ja, vielleicht immer noch, aber du bist nicht mehr so aktiv. Aber wie hat das
bei dir überhaupt angefangen? Du hast von Anfang an Pro-Clubs gespielt oder wenn hast du mit FIFA angefangen? Wie ist das so ein bisschen gestartet bei dir? Zuerst mal noch Patrick, ich bin von Zürich. Zürich Schwammendingen aufgewachsen. Vielleicht noch wie alt inzwischen? Ja, 38, bald im März. Dann wirklich noch ein altes Paar Schuhe. Aber ja, wie gesagt, also zu dem, was du vorhin noch gesagt hast, ich meine, für mich war es ein No-Brainer gewesen. Ich habe gefunden, ich komme gerne da raus, bin gerne unterwegs und habe gefunden, hey, weißt du was, wieso nicht? Ich meine, Sonntagmorgen, wo du mich angefragt hast, habe ich gesagt, du, wir sind schon immer in Kontakt, eben durch das Thema, das du jetzt angesprochen hast, Pro Club, Footbroy, also, Pro Club und sonst IEFC. Aber jetzt zum den Turnaround machen, ja, wie hat es angefangen? Ich glaube, jeder, der Fußball verfolgt oder ein Fußball-Enthusiast ist, kommt irgendwann mal in Berührung, entweder mit E-Football, wo jetzt zwar ein bisschen neuer ist, aber was hat es noch gegeben? FIFA und ja gut, Konami. Ich sage mal, zu unserer Zeit hat es natürlich noch mehr gegeben. Wenn wir jetzt von PS2 und so reden, oder PS1 sogar, jetzt saß man da jetzt noch aber PS, was vor PS jetzt noch eins gegeben, ein anderes, irgendein E-Soccer, es hat jenseits Fußballspiel ja eigentlich gegeben. Aber es ja, hat zwei Contenders, FIFA und das andere, Pro Konami, Evolution Pro Evolution, ja, genau. Das war so das gewesen. Und das ist so wirklich, ich weiß noch so. Es ist so, bei dieser Frage ist entweder alles wirklich im Grund und Boden gestampft worden, was man gamet, oder man ist in den Himmel geluft worden. Was gamest? Pro Evolution, man, FIFA. Und dann, was gamest FIFA? Man, Pro Evolution ist das Wahre. Für mich früher sogar in meinem Kopf sind Pro Evolution Gamer Xbox Gamer gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber mein Cousin hat daheim eine Xbox gehabt, die erste. Und er hat Pro Evolution Soccer Champions League Edition 06 oder so hat er daheim gehabt. Und dort hast du noch so unsichtbare Wänge-Spezialmodus können machen und so. Und wegen dem ist für mich so Pro Evolution so lustig, Xbox. Aber daheim ist nur FIFA gelaufen natürlich auf der Konsole von Anfang an. Wie war es bei dir? Boah, ich bin eigentlich übrigens in der Vergangenheit ein reiner Konsolenzocker gewesen. Das mit dem PC hat sich auch erst in den letzten 5 Jahren, als ich angefangen habe zu streamen, entwickelt. Besser gesagt, korrekterweise 3 Jahre, weil die ersten 2 Jahre habe ich auf PS gamet. Aber ja, ich meine, ich habe schon auf dem Super Nintendo Superstar Soccer Deluxe gespielt. Ich habe gerade letztens noch ausgegraben irgendwo. Meine Mutter, eben, Grüße gehen raus. Ich glaube, meine Eltern schauen auch zu Antonio Raffaella und mein Bruder Krigi, der daheim ist. Wir haben irgendwo noch so eine wirklich. Kennst du, wenn so Konsolen so langsam alt werden? Das ist so jetzt richtig gelblich, die Super Nintendo. Ja. Aber da hat es ja wirklich auch jenste Fußballspiele drauf gehabt. Und früher noch, sogar auf Neo Geo. In unserem Dorf, ich komme aus so einem süditalienischen 2000 Seelendorf, mittlerweile wahrscheinlich noch viel weniger. Aber dort hat es so, ich weiß nicht, es hat Virtual Soccer hat's gehabt und noch auf Neo Geo, so wirklich so ein altes 2D, aber du hast so super Schüsse machen. Wenn du so ein paar Passkombinationen gemacht hast, dann hat es so den Balken aufgeladen und wenn er voll war, ey Chat, ihr könnt euch das mal nicht vorstellen, ich habe das so gefühlt, wenn der Balken voll war, hast du irgendwie so von der Mittellinie ausschiessen. Und je nachdem, oder, wie weit die Entfernung ist, hat sogar mit dem Goalie ins Goal katapultiert. Und ich habe das richtig gefühlt, weißt du, so noch ein anderer so Side-Effekt. Ja, das gibt mir gerade richtige FIFA Street Flashbacks. Ja, genau. So Combo, zack, zack. Er hat einen Slow-Motion-Schuss, weißt du? Ja, 100%. Und zu deiner Frage, ich glaube, eben, wenn ich zu dem gekommen bin, wie gesagt, gehst du mal zu einem Kollegen heim. Ja, so wie jeder reinkommt, halt ein bisschen mässig. Ja. 100%. Ich habe lange wirklich nicht eine eigene Playstation gehabt. Aber bei Freunden, halt, die eben ein bisschen besser zu Weg sind, die haben wir stundenlang gegamet, tagelang. Manchmal habe ich sogar eine ganze Woche bei ihnen gepennt. Aber eben, du hast gesagt, Fußball-Enthusiast musst du ja schon ein bisschen sein. So, was bist du Fan gewesen? Was bist du noch? Ich sage jetzt, bei dir, es muss fast Juve, Milan. Juve, Milan, Inter. Bei dir würde jetzt. Ich meinte, ja, schon mal etwas gehört. Gut, du hast von Del Piero geredet. Juve. Genau. Ja, genau, Juve, ja, das ist richtig. Juve, wirklich zu der Buffon-Ära, Del Piero-Ära,
aufgewachsen, genau, Nedved, David, Trezeguet, um nur einige zu nennen, die in dem nochmal scheiße Juve machen. Alan Collector ist halt Milan-Fan. Aber ja, ich weiss, sie haben gerade nicht so einen guten Moment, Kini. Aber für mich ist es nicht darum gegangen, weißt so, sie haben zwar wirklich 10 Jahre dominiert, aber mir ist es gar nicht um das gegangen, mir ist es um den Flair gegangen. Es ist so, du hast die Spieler im Angebot, also im Aufgebot gesehen und du hast die Spieler im Fernsehen gesehen und das war einfach Charisma gewesen. Ich habe den Buffon gesehen, wie er sich einwärmt, so einen Del Piero. Ja, du bist einfach mit staunenden Augen vor dem Fernsehen gehockt, oder? Das Du war hast- crazy gewesen. Du hast so, eben, das sind für dich so die Heroes gewesen. Ja, genau. Das ist- Also wir haben ja gerade letztens darüber geredet. Hey, Watsa, guten Tag. Schön bist du da. Für mich eben absolute Aura. Das ist Ja, also ja. für mich, ich weiss noch, irgendwie gerade letztens ist vom Handy etwas aufgepoppt bei mir. Bin ich beim Kollegen daheim gsi und dann haben wir den Match geschaut. Ist der letzte Match vom Del Piero gsi. Hey, da bin ich nur vor dem Fernseher gehockt. Und ich bin näher am Wasser gebaut, allgemein so, auch wenn es so um Film geht, wo so ein bisschen näher gehen und so. Versuche dann immer so zu verstecken, so schnell auf die Seite zu schauen. Aber das war crazy gewesen. Die Platzrunde, die er gemacht hat, Leute am Brüllen im Fernsehen. Also, wer das darf erleben von seiner Fußballlegende, die vielleicht heute noch spielt, das sind tonnenweise Plüschtier, Schal, Liebling geflogen, der hat seine Runde gemacht, der hat selber brüllt, das ganze Stadion abbrüllt. Also der Match war gar nicht mehr wichtig gewesen. Ganz Also sie haben wirklich... Ich bekomme jetzt Ja, ich kann auch so jetzt wegen Gänsehaut. «Oh, was erzählst du so?» Also das ist wirklich etwas gewesen, das ist etwas Einmaliges, das habe ich einmal in meinem ganzen Leben erlebt und das ist er ist nicht nur ein Spieler gewesen, für mich ist er Juve gewesen. Also weißt du, was ich meine? Und wo sie dann den Vertrag nicht verlängert haben und alles und es ist so wirklich zum definitiven letzten Match gekommen und das ist wirklich für alle. Guten Morgen, Raffaelito. Für alle, die Fußball gerne haben, egal um welche Mannschaft, Farbe, Rivalität es geht. Wer so einen Moment gesehen hat und auch vom Kommentator, ich meine, italienische Kommentatoren sind immer so mega emotional und wirklich emotiv dabei. Das war crazy gewesen. Also wirklich, ich habe es gerade letztens angeschaut und da hockst du vor dem Fernsehen und denkst, das kann nicht wahr sein. Das prägt, ja. Ja, es kann nicht wahr sein, den wirst du nie mehr sehen auf dem Ja. Fußballfeld, außer irgendwelchen Charity-Match oder was haben wir, aber was auch nicht das Gleiche ist. Ja, definitiv nicht. Nein, aber hast du das Gefühl, die Aura, also eben jetzt für unsere Generation, sage ich jetzt mal, die Aura existiert für mich nicht mehr so direkt. Hast du das Gefühl, für die Jungen ist es noch gleich wie für uns? Dann? Hast du das Gefühl, wenn die Mbappé schauen, Jude, haben die das gleiche Feeling wie du dazu mal, wo Gigi, Del Piero und so siehst? Denkst du, sie eine ähnliche Verbindung? Oder Also ich muss dir ehrlich sagen, kannst du es dir fast nicht vorstellen? ich glaube, es ist anders. Es ist einfach anders. Es ist so, eben die heutige Generation Fußball hat sich extrem weiterentwickelt. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, klar, vielleicht hänge ich mich nicht auf, wenn ich so etwas sage, ob jetzt noch die alten Legenden mit dem heutigen Rhythmus könnten mitheben zur gleichen Zeit. Ich meine, eben technisch. Ja gut, das habe ich auch nicht unbedingt das Gefühl. Ja. Aber es geht mir auch weniger um das, sondern mehr um, ist die Aura gleich noch weißt, von diesen Top-Leuten, so ist, wenn ein Lamin spielt, Barca-Fans oder jetzt bei Juve. Klar, Juve hat jetzt nicht das Standing, das sie dazu mal hatten. Mhm. Aber ich sage jetzt die kleinen Juve-Fans, ich denke, wenn jetzt ein Kenan Yildiz kommt, dann sind die trotzdem, weißt, mit strahlenden Augen schauen die wahrscheinlich. Ja, Die also Frage ist, wird es das hinterlassen, was jetzt bei dir hinterlassen hat, wenn es aufhört, oder? es kommt ganz darauf an, wie seine Laufbahn wird sein. Also wie sich ein Spieler verhält. Ich meine, jetzt einfach aufs Thema Juve nochmal zurückzugehen. Ich meine, die sind in die Serie B gegangen und da hat man einfach ganz klar gesehen, wer wirklich für einen Verein spielt, weil er den Verein Farbe und Geschichte und lebt und liebt. Dass so Stars wie ein Gigi, Nedved und so geblieben sind, Del Piero, die sind in die Serie B gespielt, das war ihnen nicht schade gewesen, und wer halt weggeht. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, ich sage, sie werden es nicht auf diesem Level erleben, von dieser Intensität, weil ich glaube, heute ist auch mega viel, und da will ich auch nicht alle schubladisieren, mega viel halt monetär getrieben. Und so die richtigen... Die Differenz ist schon noch mal viel Ja, grösser geworden, gell, zwischen... Ja. Und die was du richtigen redest, Fahnen, weißt du, von einem Club, so die Fahnenträger, die selten. Also, dass man wirklich sagt, hey, der Typ hat 20 Jahre beim gleichen Verein gespielt und ist eine verdammte Legende auf dem höchsten Niveau, was es gibt, und der hat alles für den Verein geholt.
Gibt es weniger? Nein, ich glaube nicht, dass es wird geben. Es ist wirklich mega schnelllebig geworden. Ja, das ist schon crazy. Aber eben so, ich sage jetzt, die Faszination Fußball, auch wenn es jetzt nicht mehr gleich sein wird, die Kinder immer wieder und die Jugendlichen immer wieder dazu treiben, dass sie wahrscheinlich irgendwann mit IAFC in Kontakt kommen. Ja. Weil deine Heroes sind auch trotzdem da drin, es sind ja sogar unsere Heroes noch drin, was ja auch mega schön ist mit Icons und Heroes und so. Ich finde, das ist so ein grosser Mehrwert von IAFC eben im Vergleich zu vielen anderen, dass du wirklich auch die Icons kannst nehmen. Für mich Ronaldinho ist für mich... Ich habe einmal gesehen, zu Weggis im Training, wo sie dann gegen die Schweiz, das war 2006 oder so. Bro, seitdem bin ich so... Bro, ich bin verliebt. Geflasht. Ich meine, so, ich würde so... Ja, der war jetzt in der Schweiz, also leider nicht einrichten, vorbeizugehen. Aber manchmal ist es auch besser, wenn du die Leute nicht triffst oder so. Ja. Oder wenn du kurz davon wärst, eine Chance zu haben, das Autogramm zu bekommen, aber es gleich nicht geschafft hast, so lieber weißt, bleibst noch auf Distanz und gehst einmal, wenn du wirklich weißt, dort bekomme ich jetzt sicher mein Autogramm oder so. Aber der ist für mich Gott. So, ich muss ihn gar nicht... Aura. Ja, er muss... Bro, ich schaue die alten Videos von ihm und ich bin so zufrieden. Weißt? Ja. Ich weiß genau, was mich geprägt hat und mich dazu gebracht hat, Fußball zu spielen. Und vielleicht hast du auch so ein bisschen gesehen, mein Stil, wie ich spiele. Ja. Im Turnier Ja. zum Beispiel. So, das ist alles geprägt von ihm, von A bis Z. Oder? Aber ja, so kommst du auf IAFC und so bist du auf IAFC gekommen. Ich weiß gar nicht, ab wann es nach Pro-Clubs gegeben hat. Boah, das ist glaube ich 2012, 2013. So ein bisschen dort, wo Ultimate gekommen ist. Ja, in dem Fall, genau, ne? genau. So in diesen Jahren gewesen. Und also eben, wie gesagt, wenn wir schon so einen Bond zum richtigen Fußball haben, am Anfang ist vielleicht FIFA nicht einmal so skillbasiert gewesen, sondern da hast du einfach ein bisschen Fußballverständnis gebraucht für deine Kombinationen, wie spielst, wann spielst du den Pass, wie spielst du den Pass, wann flankst, wie flankst, aus welchem Winkel sollst du schiessen oder eher abgeben. Das war so das gewesen. Und ich glaube ganz am Anfang, da wollte ich jetzt auch noch eine Lanze brechen, da hat es Game-Turnier gegeben, oder? Das ist so die erste eigentlich für mich offizielle so Competition gsi, wo ich einfach mal aus Spass gegangen bin. Und dort in dem Heigit-Haus oder Hegit-Haus, hängt mich nicht auf, falls ich es falsch sage, hast du einfach so irgendwie 40 Leute, 40 Nasen gesehen vor dem Fernsehen, 2 gegen 2 Kopf. Und da ist es einfach nur darum gegangen, um die Chemie zwischen den zwei Leuten. Hey, weißt, gut spielen, passeln, nicht zu viel Fehlpass machen und Goal schiessen. Ich meine, das hat sich ja jetzt auch mittlerweile mega entwickelt, oder? Extrem. Und für mich ist dann so, aber ich weiß nicht mal, wann es jemand angefangen hat, ist dann so der Zeitpunkt klar gewesen, so, hey, ich bin eh nicht so gut. Also ich bin leicht überfordert mit diesen ganzen Kombinationen. Für mich ist so wirklich das simple Fußball. Das, was ich gerne kann. Und dann eben da mit Übersteiger und keine Ahnung, Rabona, Rainbow und all das Zeug, was man hätte machen können, ist dann wirklich so der Zeitpunkt, wo so, okay, ist nicht mehr für mich. Vor allem eben, jetzt, wenn man auf die heutige Zeit geht mit dir, ich finde es mega stark, wenn man schon über so Ultimate und FIFA redet, dass du nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein GOAT-Team hast. Also du hast ein GOAT-Team, das ist dein GOAT-Team, Mein oder? Goal-Team, ja. Aber es ist nicht so, dass 0815, du hast die verdammten OP-Spieler drin und all das Zeug. Wir schwimmen gegen die Meta. Alle Ja. zusammen. Die ganze Community muss man auch sagen. Weißt, Ja. das ist schon, ich bin als Vorreiter ein bisschen da mit dem Stream und zeige es öffentlich. Aber ich muss sagen, die ganze Community bei uns sind fast alle Jungs, die dabei sind, spielen mit Evo-Teams, gehen Ja. mit Evo-Teams in die Weekend League. Der eine macht sogar, ich glaube, der Padu ist es sogar. Ich bin mir gar nicht sicher, Padu, tut mir leid. Aber einer hat ein Frauen-Nazi-Team. Der spielt nur mit der Frauen-Nazi, weißt du, wie ich meine? So, und das ist verdammt geil, das bringt eben die Abwechslung. Und gerade zu dem, ich muss auch sagen, wenn es das nicht gäbe, würde ich wahrscheinlich heute gar kein FIFA mehr spielen. Ja. Wenn das im 23 dazu mal nicht gekommen wäre, weil ich habe im 22 wieder angefangen, nach 2 Jahren Pause mit FIFA, wirklich so ein Break. Und ich muss sagen, dann habe ich wirklich die Metaspieler halt wieder gespielt und versucht, das Beste irgendwie zusammenzubekommen, ohne Geld zu investieren. Aber das ist von dann an für mich klar gewesen, kein Geld. Ja. Aber dann, weißt du, dann sammelst du irgendwie deine 200, 300k Coins zusammen, vielleicht bis zu 800k mal. Dann habe ich mich noch mit Trading ein bisschen auseinandergesetzt. Hast vielleicht mal 1 Million Coins. Ziehst vielleicht mal noch etwas Gutes, wo du in der Weekend League einen geilen Reward hast. Und dann hast du vielleicht 1,5 Millionen und dann holst du einen Spieler für 800'000 oder 1 Million sogar. Mhm. Und dann denkst du so in-game einfach, Bro, das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. Oder er schießt ja mit dem zu spielen, so, aber alle haben gesagt, der ist Meta, kauf den.
Und dann hast du so Anschiss und du weißt auch, 5% von dem, was ich für ihn ausgehe, habe ich verloren, weil die verliere ich ja wieder, wenn ich ihn verkaufe. Und wahrscheinlich ist der Preis jetzt auch schon wieder gesunken. Also habe ich schon wieder einfach Coins verloren für irgendeinen Scheiß. Und ab dem Zeitpunkt hat es mich wirklich anschiessen. Und dann ist wirklich das Evolution-Ding gekommen und das hat mir den Arsch gerettet. So. Ja. Jetzt kann ich endlich so die Leute einfach spielen, wo ich Bock drauf habe. So. Und von dem her, es macht auch unheimlich viel Spaß. Ja. Also, das glaube ich dir eben, wie gesagt, da kann ich morgen übrigens Last Note und Thomas, schön hat er noch eingeschaltet, so früh am Morgen. Für mich, ich spiele es nicht mehr aktiv, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Am Anfang, wie gesagt, also eben, denkst du so, hey, vielleicht bin ich skilltechnisch oder einfach spielerisch nicht so gut, dann butter ich mal da mal einen 100er rein. Also übrigens, ich finde es heutzutage auch gar nicht mehr, also ich fühle es gar nicht mehr, ich verstehe auch, das ist wirklich nur meine Meinung, die Leute nicht, die wirklich Tausende von Franken investieren für ein Team, das nach einem Jahr nicht mehr kannst brauchen und wieder musst anfangen. Das ist so einfach mein grosses Fragezeichen. Ich sage, Aber es eben. gibt nur einen Grund, wo das Sinn macht. Und zwar, wenn du wirklich Pro willst werden. Ja. Dann ist es irgendwo durch vertretbar. Ich sage, es macht keinen Sinn, wenn du das alles aus eigener Tasche machst. Ja. Weil wenn du wirklich Pro willst werden, du musst halt in den ersten 2 Wochen, dass du die Quali, die Pro Opens kommst und so, Ja. du musst schon ein gutes Team haben, dass du dort mal irgendwie 200, 300, 400 Stutz reinsteckst, okay. Schau aber auch, dass es für dich finanziell aufgeht, Genau, so nicht ja. an dem, dass du dich ruinierst dort. Und sonst probier es ohne. Und wenn du dann wirklich gut bist, kommst du auch weit ohne das und dann findest du immer noch irgendwo einen Partner, der dich dann ein bisschen finanziell unterstützt, weißt du, was ich meine? Aber sonst verstehe ich es eben auch nicht. Ja. Also es ist wirklich so etwas, wo ich sage so, hey, wie viel hast du jetzt ausgegeben? 3-4K. Ich sage, wow. Also weißt du, also eben wie gesagt, krasses Team und alles, aber hey, nächstes Jahr kannst du es dann mitnehmen? Nein. Ja, was machst du dann? Weißt du, was ich meine? Also Ja. es ist so, Es ist einfach rausgeschossen. Es sind 3-4K einfach in die Köder geschossen. Einfach verbrannt. Definitiv, ja. Außer du schaffst es mit, außer eben du bist wirklich so gut, schaffst es mit dem Teams an Cash Cups dein Ja. Geld wieder reinzuholen, Klar. dann sage ich Fair Play, okay. Dann ist es verständlich. Aber sonst hast du einfach 3'000-4'000 Stutz. Wo du sehr schöne Ferien hättest können machen. genau. Jetzt gerade mit uns, aber ich kann mich jetzt auch als Papi bezeichnen, du auch Papi, mit Familie. Macht gar keinen Sinn, weil es ist das eine super Ferien, 3-4K, weißt du, Ja, was ja. ich meine? Wo man eine gute Zeit hat mit Familie und Freunden. Und du schießt das halt Ding. Aber klar, wenn man jung ist und dort vielleicht noch nicht ist, sieht man das vielleicht, sieht man es wahrscheinlich noch nicht so, dass das einen extrem anderen Wert kann haben, oder? Also, wie gesagt, also, da ist eigentlich, der Patrick hat es richtig gesagt, ist so ein bisschen wie beim Casino, es ist halt ein Gamble, oder? Was kommt aus dem Päckchen raus? Ist bei Pokémon, wenn man jetzt so das Pendant macht, genau das Gleiche, oder? Es ist so, es geht ums Rippen, es geht um die Ultimate Packs aufmachen. Ich finde einfach Mechanik und alles dahinter, wo ja nachher über die Jahre, ich meine, am Anfang haben wir die Technologie oder die Möglichkeiten nicht gehabt, mal ein bisschen hinter den Code zu schauen. Aber über die Jahre ist es ja immer wieder erwiesen worden, so je mehr du reincashst, desto mehr ist es so, hey, da gibt es dir irgendwie ein System etwas zurück. Ausser du hast mega Glück. Aber ja, also ich kann an Patrick da nur wirklich zustimmen. Es ist halt wirklich das Feeling, oder? 1:1 wie bei Pokémon. Ist ja wie wenn man bei Collector Zone einkauft, das weiß ich nicht, Loris. Ich meine, ich weiß nicht, von was du redest. Ja, gehört bei Collector's Zone ist sind Scam bessere Zone. Packs. Ja, also ist wirklich so. Right, Nein. eigentlich letztes Mal, ich habe mich abstellen, hat er noch eins gezogen, das Glurak? Ey, nein, wir haben immer noch, es sind ja jenseits 108 Packs sind weggegangen, aber wir haben dann auch für die Leute, die nachher schlafen sind, wir machen eben nur die Sachen auf, wenn sie dabei sind. Ja, Da hat sie mir noch um die 20 Packs, aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt ist das Grosse und Ganze Big Schon Chari rare, noch nicht rausgekommen. ich muss sagen, nach dem Stream hatte ich wirklich gerade das Gefühl gehabt, es ist noch seltener, als ich vorher schon das Gefühl hatte. ja, also wenn man so Displays sieht und wenn man aber sieht, wie viele Leute das ziehen, einfach so zum schnell Klammer auf und wieder zumachen, ist so, jeder zieht es und doch nicht jeder. Ja. Also es ist wirklich so, in unserer Community hat es auch ganz, ganz viel, sogar der eine hat noch das Golden gezogen, aber es ist ich sehe es überall, in allen sozialen Medien und auch dementsprechend ist auch der Preis gedroppt, aber auf das kommen wir ja auch später zurück. Ja, Wenn wir kommen, jetzt, wir kommen später noch zu Pokémon. Deine Era Collector, das ist. Eben, Community ist strong im Chat, die ist schon so ein bisschen in die Richtung schöpfen, aber wir wollen noch nicht schnell zum Pokémon kommen. Aber ja, es ist vorhin schon
geschrieben worden von der Lisa zum Beispiel, rippen jetzt. Wir werden dann noch das Ding hier auftun. Weil, ja, wie gesagt, was der Joe vorhin auch noch erwähnt hat, es sind leider nicht so viele Packs Phantasmal Flames drin. Was ist 4, 5, 5, 4? 4. Ich glaube 4, ja. Also noch Mega Evolutions und noch ein bisschen andere Sachen drin. Mal schauen, dort sind auch Karten drin, die mich jetzt nicht enorm interessieren. Wenn wir jetzt aus den anderen Sets etwas Schönes ziehen, dann können wir dann vielleicht auch noch ein kleines Giveaway machen oder so. Mir geht es eigentlich nur um Promokarten, die brauche ich für dort, weil dort ein leerer Platz ist, was reingehört. Und den Rest schauen wir dann an, ob wir dann vielleicht noch etwas im Chat verlosen. Aber eben die Ära Pokémon Collecting Karten ist ein bisschen später gekommen. Bei dir ist es dann reingegangen ins Pro Clubs, dort wenn wir eigentlich anhängen können, oder? Ja. 2012 Ultimate Spiel hat sich dann auch stark verändert, eben es sind mehr Inhalte gekommen. Dann ist übrigens auch das Ganze noch nicht so schlimm gewesen mit Packs kaufen und so. Dann hast du auch nicht x Promo-Packs gehabt. Dann hat, sagen wir mal, EA hat die Kuh dann noch nicht so gemacht wie heutzutage, wo sie wirklich ausprobieren oder dass die Leute reincashen. Aber dann war es so relativ simpel gehalten und dann ist Pro Clubs gekommen. Ein Modus, vielleicht für die jetzt nicht so im EAFC drin sind. Pro Clubs ist ein Modus, wo du einen Spieler spielst, sozusagen wie im echten Fußball. Du bist ja eine Person auf dem Platz. Und dann kannst du der Goalie sein, du kannst ein Innenverteidiger sein, du kannst ein Mittelfeld spielen, du kannst der Stürmer sein, was auch immer. Und dann kannst du mit je mehr Spiel kannst du deinen Spieler besser machen, kannst die Attribute, die er hat, jetzt in Bezug auf einen Goalie, mit Reflex, mit Schnelligkeit beim Rauskommen und so, kannst du besser machen und kannst dementsprechend auch einen besseren Goalie haben oder sein für dein Team. Und dort hast du dann angefangen. Wie bist du dort? Wo hast du dort zuerst mal? Machst du dich noch erinnern, was du dort zuerst mal für Berührungspunkte gehabt hast? Oder wie du in der Ja. Auch Also Homies oder... Nein, ganz klar. Also dort ist es mir wirklich darum gegangen, eben, wo die Ultimate Team-Ära für mich so mein persönliches Ende gezeichnet hat, habe ich gesagt, hey, das ist nichts für mich. Ich habe gesehen, sie haben einen neuen Modus lanciert, mal reinschauen. Und dann ist es halt so, oder? Dann, für mich ist sowieso FIFA jetzt, im Gegensatz jetzt zu dir, wo das wirklich so, du bist der sein Team steuert und du machst deine Taktik und alles, ist für mich so das FIFA so der Treffpunkt mit Kollegen. So, hey, sind wir online, sind wir rum, gehen wir mal ein bisschen rein. Und dann ist Pro Club rausgekommen, ein riesen Trailer und so, etwas ganz Neues. Was ist denn da los? Mega geil. Ein Spieler und so, nicht irgendwie, weißt du, Coop und so, das zweite, sondern wirklich 11 Leute, die miteinander spielen können. Und ist eigentlich noch lustig am Anfang zu den FIFAs, die es mir noch ermöglicht haben, vorne zu spielen. Ich habe als Stürmer angefangen, so wie jeder will Goal schiessen. Es ist wirklich einfach so. Oder jeder will der sein, der das Spiel jetzt mit heimnimmt oder entscheidet. Ist wirklich 2 Jahre gut gegangen, auch gute Zahlen geschrieben. Aber eben irgendwann ist auch der Gap gekommen, auch dort. Oder? Du musst skillstark sein, du musst. Dann musst du aber den gleichen Rainbow-Fleck können. Genau, also wie im richtigen Fußball, der Einzelne kann Spiel entscheiden. Und das ist ja bei den richtigen Vereinen heute ja auch eben ein Kenan Yildiz, ein Mbappé, ein Lamine oder einfach, wenn man jetzt auf dem europäischen Niveau schaut, wo selber kann Spiel entscheiden, oder? Und irgendwann, wo ich gesehen habe, wo ich den Verein gegründet habe, dann 2018 übrigens, Helvetic Stars, das ist eigentlich das erste wirklich jetzt 360 Grad komplette Team gewesen, also promotechnisch, mit Schweizer Spielern. Ich meine, wir sind so ein kleines Land und alle haben Ultimate gespielt. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie schwierig es eigentlich war, mal 11 Nasen zu bekommen, die sich ein paar Mal in der Woche treffen, um ein bisschen zu spielen. Habe ich gesagt, hey, ich ziehe mich zurück, weil jeder, der da angefragt hat, sagt, ja, wo spielst du? Ja, im Sturm. Ja, wo spielst du? Ja, rechter Sturm oder Flügel. Es hat nie jemanden gegeben, der gesagt hat, ich bin Innenverteidiger. Weißt du, was ich meine? So, ja. Wenn du einen gefunden hast, und da geht wirklich ein Gruß auch an Nico raus, Milchhunter. Wenn du einen, aktiv, noch bei uns. ja, das weiss ja. Wenn du so einen gefunden hast und er gesagt hat, immer schon Innenverteidiger gespielt, der hast du mit Handkuss müssen nehmen. Weißt du, was ich meine? Also, du hast müssen alles machen, damit der zu dir kommt spielen, weil du weißt, der wird dir nie Lampen machen, der hat seinen Platz dort, es ist nicht eine umstrittene Position. Und ja, es ist wirklich mega lustig. Eben, jeder, der vorne spielt, auch wie im richtigen Fußball, oder? Im Grümpi oder so. Ja, wie hat er das dann gemacht, dass er gleich noch die anderen Positionen vollbracht hat? Also, ehrlich gesagt,
einfach immer direkt gewesen, oder? Wir haben, eben, die Schweizer Community ist sehr, sehr klein und vor allem, was Helvetic Stars, unser Verein, ausgemacht hat, ist wirklich Qualität. Ich meine, wir haben, es hat angefangen unter Freunden und Freunde, was heisst das? Ich meine, durch den Hakan habe ich dann Leute kennengelernt wie Luca Boller oder ich meine, auch krass, was er gemacht hat oder in den ganzen Jahren. Ich meine, für mich auch sehr ein guter Freund, aber für mich einer von denen, jeder hat sich E-Sportler genannt. Du bist ein bisschen gut gewesen, ein bisschen over average, ja, ich bin E-Sportler. Weißt du, was ich meine? So, Ja. aber der Erste, der gesagt hat, hey, ich habe eigentlich einen guten Job, aber ich habe jetzt einen Vertrag vor mir, ich werde erster offizieller E-Sportler in der Schweiz, das heisst Szene verändernd, das heisst Geld verdienen, das heisst wirklich den Monat über die Runde bringen mit Gamen. Und ich muss es dir auch nicht sagen, viele denken sich, ja, der Bruder hockt ein bisschen an und drückt ein bisschen die Tasten, aber hey, das ist ein 8-to-5-Job. Content createn, immer schwitzen. Ich habe es auch immer wirklich sehr, sehr Es gut ist auch ein gesehen. riesen Druck neben Ja. Es ist ein riesen Ganz Druck. klar. Es ist schon Beim- nichts Safes für die Zukunft oder so, weißt du, gar nicht. Ja. Es kann Ja. wirklich jeden Moment gefühlt vorbei sein. Wenn du merkst, in der Turn fliegen in den ersten 2 Runden raus, du bist so langsam bist schon ein bisschen am Hadern, so, ja, Bro, lenkt sich überhaupt nicht? Bro, es ist viel Druck dann auch. Und vor allem als Erste voranzugehen und das Ding unterzuschreiben und dort reinzugehen, ist auch viel Druck. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite eben ein geiles Feeling, dass du wirklich so, Jungs, wer nennt sich E-Sport? Nein, das ist krass gewesen. Also wirklich krass. Ich meine, ich kenne ihn schon mega lange. Ich meine, neben dem Collector Zone Shop bin ich ja noch DJ seit über 20 Jahren. Und den Luca habe ich auch dort kennengelernt, sehr ein junger, aufstrebender gewesen. Aber ja, also ich muss wirklich sagen, wenn wir jetzt über das FIFA-Thema reden, heavy Business. Also vor allem, wenn du so exposed bist, überall eben in der Zeitung, erster E-Sportler in der Schweiz und so, eben, dann hat es die Jahre gegeben, Stecker ziehen und so Sachen, wo die Leute ja auch nicht verstanden haben, hey, der Typ spielt für zum Beispiel den FC Basel als E-Sportler und so, der Verein gibt ihm Geld und so, was ist das und so, und der Verein sollte lieber Geld in etwas anderes investieren und natürlich auch die Leute, ja komm, 1 gegen 1. Ja komm, Ja, jetzt, hast du Angst. jeder, Also wirklich, das ist etwas, ich bin manchmal mit ihm, bester DJ von Loris da. Ich bin mit ihm manchmal an die ganzen Veranstaltungen gegangen, eben Hero Fest zum Beispiel oder an Popcorn und so. Oder egal, wenn wir an so einem Game angehauchten Event gegangen sind, es hat keine Minute gegeben, wo nicht irgendjemand challenged hat. Und manchmal auch auf eine Art, wo ich finde, Kollege, man, häng's mal ein bisschen. Weißt du, so es ist so, Respekt. genau, so, ja, du hast Angst und so, komm, ich nehme dich auseinander, pipapo. Und Wir haben gar keine Ahnung. So. ja, sie sind vielleicht nicht mal so schlecht gewesen, aber einfach der Approach ist scheiße. Und er hat dann müssen immer auch anständig bleiben. Oder ich meine, eben, wenn du so ein bisschen exposed bist, oder Ja. musst du hast einen Verein, genau, Verein tust, repräsentieren, genau, danke. Dann musst du ein bisschen schauen, wie dich verhaltest und so. Und am liebsten hättest du gesagt, hey, lass mir mal zu, gell? Aber er hat dann immer gesagt, hey, nein, ist schon gut und so. Und dann haben sich die Leute reingesteigert. Ich meine, ich weiss noch, als erstes Treffen, ich und der Luca, ich habe Italien genommen und er Indien. Und der hat wahrscheinlich mit den Füßen spielen, der hat mich 4-0, 5-0 auseinandergenommen. Und so hat es angefangen, ja, das Pro Club. Ich hatte den Luca dabei, ich hatte den Humgun dabei, den Sven, den Brunisco. Das sind so zu dieser Zeit so die Leute, die wirklich strong in der Schweiz waren. Aber dann hast du wirklich Positionen konkreter, es ist auch gleich ein bisschen hart müssen sein, obwohl wahrscheinlich Ja. jeder individuell gut wäre gewesen. Ja. Und auch jeder irgendeinem anderen Pro-Clubs-Team Stürmer hätte können spielen, weil er wahrscheinlich gut ist. Ja. Und dann hast du gesagt, hey Jungs, wir brauchen einen Sechser. So, Genau, ja. Wir haben dann das so gemacht. Wir haben wirklich, also, wenn so Leute dann in der Community hast oder im Team, dann kommen schnell mal auch andere dazu, die auch irgendwo ein Level in der Schweiz haben. Dann haben wir die gewissen Positionen können decken. Natürlich eben, wie gesagt, wir leben in einem kleinen Land und Pro Club ist dort noch so relativ unknown gewesen. Also ist wirklich so, ist so immer ein, noch eigentlich. ja, ist mega immer noch ein Nischenprodukt, kleiner, ja. genau, so ein richtiges Nischenprodukt. Und irgendwann hast du dann auch andere Spieler holen. Ich meine, es ist wirklich crazy, wie sich das entwickelt hat. Nach einem Jahr sind wir dann eingeladen worden in die E-Studios vom Hakan. Und auch wirklich Dank an ihn. Der hat auch mega Potenzial in dem gesehen. Eben, wir hatten wirklich 11 Schweizer Jungs gehabt.
E-Sport ist noch nicht mal wirklich im Kopf gewesen, sondern aber er hat schon das Denken, so ja, 5 gegen 5 könnte mal ein Thema sein, ein Showcase, ein Match und. Da hat er uns mal eingeladen gehabt und weißt, kannst du dir mal vorstellen, du spielst das, hast da so eben deine Helvetic-Stars, deine Jungs und dann kommt einer und sagt, du schau, komm doch mal vorbei, wir reden mal vielleicht über eine langfristige Zukunft. Und was denkt man sich dann so, wow, jetzt kommt das Geld, jetzt Playstation und weißt, die riesen Hütten und so, also weißt, übertrieben gesagt, jetzt wie in Amerika, genau, also das Community House, genau. Und ja, hat er uns eingeladen und gesagt, hey, er sehe mega Potenzial, das Team und so und wir könnten da mal so einen 5-Jahres-Plan mal anschauen. Und dort war so für mich so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, so einfach ist es nicht. Also es ist nicht so, der Hakan, zum Beispiel jetzt nehmen wir den Hakan, ladet die und sagt, da ist Cash für deine Jungs und so. Das heisst ja wirklich, hey, jetzt da musst du wirklich pedalieren, also wirklich trampeln auf deinem Velo. Den Arsch aufreißen. Genau, und dann schauen wir mal weiter, dass wir Step by Step vielleicht mal etwas zurückgeben können. Und ich meine, ich habe alles aus meiner, hey, Pro-Gamer, hoi, alles aus meiner eigenen Tasche gezahlt. Grafiken. Wenn ich etwas mache, dann gehe ich voll rein, Roy. Das ist so wirklich so etwas so. Das sieht man bei dir übrigens auch in fast jeder Hinsicht. Ja, also es ist wirklich so, wenn ich etwas glaube, dann gibt es für mich keine Limite. Und das wissen auch die Leute jetzt eben, wenn man das Aktuelle wieder verholt von der Collector Zone. Und ich habe wirklich alles aus eigener Tasche gezahlt. Ich habe gesagt, hey Jungs, ich mache euch Spielerbilder. Sagen wir, welchen Spieler ihr geil findet. Jeder hat seine Trikotnummern. Jeder hat sein Profilbanner, also dazu mal ist Insta noch so am Kommen gewesen. Das heisst Facebook, also wirklich jeder einzelne. Bekommen, so. Genau, so ein Banner, Headbanner oder und das Profilbild und jeder hat eine eigene Spielerseite gemacht, oder? Okay. Ich meine, das ist wirklich so etwas gewesen, das hat sich so entwickelt mit der Zeit. In der Schweiz ist das gar nicht gewesen, aber in Deutschland wird das gelebt wie eine Religion. Also Pro Club ist dort riesig und England, Portugal und so. Das sieht man auch an den ganzen Events, wo EA macht dort. Und ich habe gesagt, ihr müsst einfach nur etwas Präsenz zeigen. Weil ab und zu etwas posten, interagieren, so genau. Ein bisschen, ja. Oder wenn er sagt, hey, ihr seid rum, klar, es kann immer etwas dazwischen kommen, ihr seid rum, dann sind wir rum. Aber auch zum Spielen, ja. Genau, weil für uns ist es so, hey, wir machen das jetzt richtig. Wir haben uns in die ESL angemeldet, wo eigentlich sonst immer so bekannt ist für Counter-Strike und alle anderen Sachen. Es hat keine grossen Ligen gegeben, vor allem in der Schweiz nicht, gar nicht. Und das ist auch lang gut gegangen, oder? Aber jetzt kommen wir ein bisschen so zu dem Punkt, wo in jedem Spiel oder in jedem Business ein bisschen so das ist. Guten Morgen, Joe. Frisch aufgestanden, buongiorno a tutti. Es ist so, es gibt auch die Schattenseite. Und die Schattenseite, Roy, war für mich nach Jahren, ich meine, wir sind 2 Jahre wirklich on top gewesen. Und wenn man so auf die Spieler zurückgreift, jetzt, wo wir gesagt haben, die das Spiel entscheiden können, zum Beispiel, wir haben den Luka gehabt, oder? Also es war schwierig, 0-0, 70. Minute. Und da muss ich wirklich schmunzeln, weil es ist so, der Typ, der können im Alleingang, er hat es gespielt, Mechanik, er hat eben Pros, oder? Ja. Spielt Mechanik, er hat alles gewusst, was er muss anwenden muss, damit er von welchem Winkel schiessen, mit was für einen Schuss, dass der Goalie nicht heben kann. Und all das Zeug, er hat manchmal Spiel entschieden. Aber auf der anderen Seite ist dann so auch ein bisschen so die Unbalance gewesen, so, wenn du so starke Spieler hast, sind andere vielleicht ein bisschen mehr im Schatten und sie wollen doch auch mal ausspielen. Ja. Weil schlussendlich geht es darum, hey, ich hocke doch vor die Konsole, will doch auch ein bisschen spielen. Und wenn es dann halt wirklich auf dem Competitive Level machst, was wir auch wirklich angestrebt haben, dann ist es relativ schwierig. Und dann geht das Konstrukt ein bisschen auseinander, weil dann kommen die Leute nicht mehr oder jemand sagt, der spielt die ganze Zeit oder ich will auch mal vorne spielen. Und das hat dann bei uns so ein bisschen gekippt, wo dann ich musste ein Kader von 20 Leuten haben. Weißt du, was ich meine? Weil du weißt schon, wie es ist auch mit im Schatten sein, teilweise nicht mehr genau. so rum ist. Ja. Genau, und vor allem eben, dir muss ich es ja nicht sagen, ich meine, ihr habt auch das mega tolles Projekt. Ist so, okay, ich muss, in der Schweiz finde ich keinen mehr auf diesem Niveau. Ist böse gesagt, aber wenn du wirklich gut spielen willst, dann brauchst du Leute, die gut sind. Auf dieser Position. Und nicht, ich spiele Innenverteidigung und jede Aktion ist er irgendwie vorne im 16 und sagst, Brüder, wo bist du? Wir werden im Konter überrannt. Ja. Weißt du, so wirklich Positionen heben, wissen, was seine Aufgabe ist.
Der Flügel soll führen in der Vorwärtsbewegung, aber dann bis zur Mittellinie wieder zurück. Und nicht eben jeder, der 7 Stürmer im Strafraum haben. Ja. Und dann habe ich halt Leute von Deutschland holen, weil ich bin dann in Berührung gekommen, auch mit so Weekend Cups, oder wo sie mich dann gerufen haben, so, ja, wir brauchen einen Goalie. Und darum, auch noch so, um das fertig zu machen, den Kreis schliessen, ist, alle wollen vorne spielen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich mache einen Step Back. Ich gehe ins Goal. Und am Anfang, weißt, kannst du dir ja vorstellen, so, oh mein Gott, kriegst du da mal eine Kiste, über dort mal eine Kiste. Ja, das ist schon schwierig. Also wenn du neu reinkommst, ist es schwierig. Also ich habe es auch schon probiert. Ja. Aber es ist am Anfang schwierig, Goalies zu schwierig. spielen in-game. Ja. Ja. Es ist schwierig, aber ich muss dir ehrlich sagen, Roy, es ist so, wie wenn du den Stürmer hast, der Match entscheidet mit Goal, tut der Goalie die Match entscheiden mit einer riesen Performance. Also ja, ist performanceabhängig, aber ist auch mechanikabhängig, gameabhängig, kann immer ein Bug sein oder was auch immer. Habe ich gesagt, easy, ich bin eh nicht gut, ich gehe ins Goal. Und dann habe ich angefangen, die Mechanik zu studieren. Und ja, trainieren. Irgendwann erreichst du mal so ein Level und sagst, okay, ich weiss jetzt, das ist mein Stil. Mein Stil war relativ aggressiv. Weit aussen stehen, provozieren, wirklich ihn dazu bringen, dass er im falschen Moment schießt, oder? Und all das Zeug, oder mal links anfaken, dann rechts und so Sachen. Und ja, dann bin ich ins Goal gegangen und habe das wirklich dann irgendwie 6-7 Jahre lang gemacht. Aber eben die Schattenseite dazu, wenn wir zurückkommen auf die Mannschaft, war, plötzlich springen Leute ab. Das ist klar. Eben, vor allem, du hast vielleicht Familie. Jeder sein eigenes Ding noch. Gut, ich weiß nicht, ob man es auf die Schweiz oder allgemein kann Ja, beziehen ist allgemein. Jeder wird älter, jeder hat wieder andere Prioritäten. Das ist einfach an sich sehr schwierig, das dann über mehrere Jahre wirklich so konkret. Eigentlich musst du immer wieder Junge nachholen. Und das muss dann so in einem Flow immer wieder ein bisschen changen. Das ist schwierig. Schwierig. Vor allem auch Chemie von der Mannschaft. Weißt du, dass Leute untereinander das passt. Ja, das ist auch schwierig. Ich meine, es ist eine Freundschaft, du investierst Stunden miteinander. Oder? Und für mich ist es dann so, es ist alles gut gegangen, über 2 Jahre. Und dann irgendwann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, die Schweizer Jungs, vielleicht haben dann mal auch andere Prioritäten. Und ich muss eine Lösung finden. Und natürlich, weil ich in der deutschen Szene auch viel präsent war, habe ich dann angefangen, Jungs, die ich kennengelernt habe, die auch sackstark sind, ins Team zu nehmen. Und ich glaube, dort ist so ein bisschen der Bruch entstanden. Oder es ist so nicht mehr das, so, hey, das ist unser Verein, in dem sind so unsere Jungs, sondern da kommen jetzt Jungs, wo wir keine soziale Verbindung sonst haben, die wir nicht kennen. Auch ein bisschen, nicht Sprachbarriere, aber Hochdeutsch, Schweizerdeutsch oder all das Zeug. Und dann ja, ist es auch nicht mehr das Gleiche gewesen, oder? Und für mich, zum Abschließen mit dem Thema so ein bisschen Pro-Club-Karriere, in dem Sinne ist so gewesen, wenn in der Nacht, Roy, also weißt, wenn du dir so viel Mühe gibst für das, selber Geld reinbutterst, eigentlich nur von den Leuten willst, dass sie präsent sind und kommen, aber in der Nacht dann dir die Frau sagt, ey, du redest im Schlaf und du bist hässig. dann ist für mich fertig. Ja. Weißt du, es war so, weil ich habe das ernst genommen mit allem, was ich mache. Für mich ist das mein Baby. Ja, mein Baby. Es ist so, hey, Helvetic Stars hat jetzt ein gewisses Niveau an Bekanntheit auch in der deutschen Szene erreicht. Wir sind stark, pipapo. Aber wo das dann bröckelt ist und die Leute kommen nicht mehr und du musst den Leuten nachrennen, musst ihnen schreiben oder hey, du hast zwar Nein angeklickt, weißt du, eben, wie bei einem Fußballverein, wer ist wer ist nicht oder? Kannst trotzdem schnell nur für 2 Matches und so das Training, musst nicht mitmachen. Eben, ich meine, da geht es um Taktiken, um Training, um auch zusammen den Pro-Level. Weil das ist ja das, wo du kaufst nicht einen fertigen Pro. Das ist ja das Krasse. Du musst ihn ja besser machen. Genau, Level 0 bis 100. Das geht eine Ewigkeit. Also vor allem als Goalie geht das eine Ewigkeit. Und ja, dann, wenn die Leute abspringen, du hässig bist und im Schlaf noch redest, dann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es ist fertig. Hast mit Gamen, mit all dem. Genau, also dann habe ich gesagt, Jungs, wir können gerne jedes Jahr das FIFA kaufen. Wir können gerne grinden. Und wir haben wirklich hergrindet, Chat. Also wir haben wirklich so Road to 100-0-0 gemacht. Und der Luca weiss es. Also, und all die mit mir gespielt haben, ich hatte 7 Accounts als Goalie. Und die Leute, die belächeln das richtig, Roy, weil sie sagen, du bist doch nicht ganz putzt. Ich habe etwa 6, 7 Mal... Du bist auch nicht ganz putzt, wenn ja. das hey, Roy, 7 Accounts habe ich gehabt, etwa 7 Mal das Game gekauft. Nur aus einem Grund, Statistik. Goalie-Statistik war für mich das A und O. Clean Sheets.
Prozentuale immer über 80. Wenn ich 20 Matches gut gespielt habe, also die ersten 20, 30 Matches sind für mich entscheidend gewesen. Haben wir dort verkackt und klar, weißt du, Leute kommen dann auch nur noch chillen. Dann haben sie mir gesagt, Bro, mit dir ist es immer schwitzen. Weißt du, wir müssen immer liefern. Ja. Und ich sage, Kollege, ich komme da ein paar Stunden spielen, aber dann muss ich richtig spielen. Ja, das ist wie wenn du auf einen Fußballplatz Ja. gehst, Bro. Sobald ich auf den Fußballplatz gehe, ist mir scheißegal, ob wir Schienbein brechen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Ja. Bro, du gehst rein und dann wird geschwitzt. Ja. Dort sind wir näher. Aber ich glaube, da gibt es auch die Personen, die wirklich so, wir sind eben, also wie soll man sagen, wir sind auch, ich weiß nicht, ob du auch eine sportliche noch Vergangenheit hast. Wenn wir ins Game gehen oder auf den Platz gehen, dann geht es ums Gewinnen. Dann geht es um, du willst deine Statistiken holen, du willst das Level erreichen. Ob es jetzt früher bei mir noch im COD war, du willst deine scheiß Killstreaks, du sweatest. Es ist nicht einfach, dass ja, wir gehen in den Haha-Hihi. So, nein, jetzt Haha-Hihi gibt es, wenn wir 5 noch vorne sind. So in dem Stil, weißt du, was ich meine? Und bei dir dann immer noch nicht, und du willst schon noch haben. Aber ich verstehe die Punkt. Ja, also es ist wirklich so, ja, vielleicht auch mal so eine. Dort habe ich vielleicht nicht gehabt, aber es war so gewesen, hey, für mich, ich wollte alles rausholen aus der Zitrone. Einfach squeezen, bis kein Tropfen rauskommt. Und die Leute so, nein, bitte nicht. Weißt du, die haben manchmal, hey, also wirklich lustig, manchmal haben Leute gesagt, ja, welchem Joe Ferretti muss ich jetzt die Anfrage schicken zum Spielen? Gut, 7 Accounts ist wirklich Also, crazy. wirklich. Also, Roy, ich habe wirklich viel Geld ausgegeben für das Game. Und ich bin steinhässig geworden. Aber eben, du bist ja, eben jetzt unabhängig von der Helvetic Stars Karriere, sage ich jetzt mal, hast du selber eigentlich auch noch als Pro-Clubs-Spieler eine Karriere gemacht? Ja. Du hast mir noch ein bisschen erzählt, vielleicht können wir ja dort jetzt noch schnell rein. Du bist ja selber auch in Berührung gekommen mit anderen Vereinen, Genau. wo du dann nicht für die Helvetic Stars gespielt hast, sondern für andere. Wie ist dann das? Ist das auch der Turnier, das sie dich dann gesehen haben? Oder wie ist das dann auch noch zustande gekommen? Genau, also im Jahr 2014 oder 2015, wenn wir so über das Sweden noch abschließen wollen, da bin ich nachher in der Top 100 gewesen. Irgendwie, weißt du, 2 Tage vor Release oder von WOG das Game zum Beispiel bekommen und reingeswedet. Also frei genommen und wirklich den ganzen Tag von dieser Konsole gehockt und spontan Spiel. Ist auch für die Pro Club kennen, auch nicht das Skala von meinem Spontanspiel, weil die 5 Leute, die mitspielen, manchmal entweder hast du Glück und hast wirklich ein Team, das zusammenspielt, oder es gehen einfach alle für und ein Goal machen und dann in der Rückwärtsbewegung als Goalie kommst du über. Ja. Oder? Und das ist wirklich Krise. Und dort habe ich geswedet, am Anfang noch in der Top 10 gewesen, über die ersten 2 Monate. Dann hast du gesehen, da hat es wirklich die Freaks. Also die wirklich nicht schlafen, die nach einem Monat Release, nach Release. 8, 9 Accounts, ne? Ja, also wirklich. Hey, die haben irgendwie 1000 Match-Accounts. So. Also weißt du, viele haben auch 2 Konsolen gehabt, wo sie sich gegeneinander immer challenged haben und immer quittet sind. Aha, ja, Da hat er den zum Pro Pushen. Folk gemacht, weißt du, was ich meine? Aber ich habe mir so gedacht, ey, nein. Also ich habe das Das ist too gefunden. much. Ne? So. Genau, es ist so für mich so gewesen, ich habe etwas gefunden, wo ich richtig grinden kann und es Spaß macht, aber das ist dann too much. Also wirklich so, dann habe ich nachgelassen und Ende Jahr bin ich mir Top 82 oder so gewesen. Aber immerhin noch. Aber Immer noch krank. genau, und vor allem, es ist so wie bei einem Bewerbungsgespräch. Ich habe dann in der deutschen Community mal ein bisschen Verein gesucht. Es gibt verschiedene Pro-Club-Gruppen, die es auf Facebook hat, wo wirklich extrem viele Mitglieder haben, wie 7, 8, 12, 20'000 Mitglieder, die nur Pro-Club spielen. Für mich Paradies. Und dann haben sie manchmal so ein Turnier, haben sie manchmal so, ja, wir machen an dem Cup mit und so, Preisgeld, pipapo, alles schon angemeldet. Hat es da noch 2 Stürmer, einen Goalie, einen Außenverteidiger. Und dann hast du dich anmelden und dann haben sie ein bisschen geschaut. So, und ich konnte natürlich immer so ein bisschen flexen mit der Statistik in diesen Jahren. Und dann gesagt, hey, schau, Goalie-mäßig ist das mit den Prozentualen, pipapo. Und also eigentlich nicht so schwierig. Und dort bin ich so das erste Mal mit einem richtig krassen deutschen Verein ins Gespräch gekommen. Es gibt auch den Freundesverein, so ein Bierkicker und was auch immer. Oder? Aber ich habe dann wirklich zu denen so die E-Sports-Vereine, also wirklich so von Leverkusen oder von Mannheim und Mainz und so. Genau. Aber schlussendlich, was mich dann dazu getrieben ist, die haben eine ganz andere Mentalität. Die Deutschen, die sind so, Kollege, in diesem Verein gibt einfach jeder alles auf seiner Position. Grafiken, Social Media,
als ein Content Creator, ein Social Media Heini, der da die ganze Zeit Sachen postet. Starting 11, das habe ich auch mit den Helvetic Stars gemacht. Wir haben einen Grafiker gehabt. Wir haben einen Kommentator gehabt, sogar. Einen Kommentator, der alle unsere Spiele kommentiert hat und wirklich auf einem Niveau. Wenn du die Augen zumachst, denkst du, das ist der Buschi, Mann. Das ist der Buschi. Also, oder jetzt in der Schweiz, Schweizer Pendant. Ich schaue eben nicht so viel Schweizer Fußball, wer wär's? Ja, entweder der Sascha Rufer, Ja. aber der ist so umstritten. Ja. Und sonst der letztes Mal kennengelernt, der Wutschur, also einfach die von Blue Sport halt. Ja. Ja, sehr Ja. gute Leute. Ja, aber sonst, ich denke, der bekannteste in der Schweiz ist der Rufer Ja. oder der Beni, der Dornherr Beni, oder? Aber der ist ja auch nicht so. Nein, das ist klar. Und dann bist du zu wem? Oder mit wem hast du dann mit? boah. Hast du mal etwas unterschrieben bei denen oder so? Oder ist das mehr so, Nein. well, komm mal eine Runde, wir haben das Turnier, mach mal mit? Oder? Ja, am Anfang ist es so gewesen, oder ich habe verschiedene Turniere mitgemacht und das wirklich, also weißt du, wenn du dann so in die engeren Kreise kommst, sind immer die gleichen Namen. Mhm. An den Turnier, die spielen, also die krassesten Spieler sind immer, die Pros haben selber ein Fun-Team gegründet gehabt und an jedem Turnier sind immer die krassesten sind immer in diesem Team gewesen. Mhm. Und dann irgendwann, weißt du, hast du gegen die mal gespielt und vielleicht hast du mal auch einen guten Abend gehabt. Und dann ist es so gekommen, dass ich mal zu denen gerufen worden bin, so in ihr All-Star-Team. Und über das hat es dann wirklich dann auch Leute, auch einen in Deutschland gehabt, der genau gleich angefressen war wie ich. Der hat Expect Toulouse hat der Verein geheißen. Toulouse, so wie die Ortschaft in Frankreich, Ja. aber wenn man es Expect Toulouse. Expect Toulouse, genau. Geil. Und die haben wirklich einen ganz krassen Verein gehabt. Wirklich, es ist so wie weißt, bei der Nazi. Etwa 6 von 11 Spielern sind zum Beispiel in der deutschen Nazi gewesen, haben die gespielt. Und ich bin zuerst als Zweitgoal reingekommen. Und die haben auf den höchsten Ligen gespielt in Deutschland. Die sind überall vorne mit dabei gewesen. Jetzt für die Leute, die so denken, so, Kollege, was schnurrt der? Das ist nur ein Game. Also es gibt verschiedene Ligen in verschiedenen Ländern, die einen verschiedenen Status haben. Und Prem, das ist so Premier League, die höchste Stufe, da zahlst du irgendwie £600 Anmeldegebühr. Und das ist so, da weisst du, okay, wer das Geld dort anblättert, der hat einfach etwas vor. Preisgeld ist auch. Be serious. Ja. Es ist so wirklich so Ende Jahr hast du verschiedene Tausende von Pounds können gewinnen und hast dich auch international können messen. Es gibt auch dort Champions League und verschiedene Ligen, aber es gibt so wirklich so 2, 3 Ligen, die sind dann durch die Jahre gekommen und die haben dann wirklich viel Geld investiert in die Infrastruktur, die Homepage, Turnierbaum, all das Zeug wirklich serious. Mit anmelden, dein eigenes Pro-Profil machen mit dem Spielerbild, weißt du, wie bei Ultimate Team hast du gehabt, Ja. mit den Statistiken, es hat alles tracked. Und dort hat es angefangen und gesagt, okay, Pro Club kommt langsam so in eine Nische rein, wo es richtig competitive wird. Und dann bin ich eben als Goalie bei ihnen gewesen. Dann hat der erste Goalie, so wie es bei jedem so ist, so privat auch so seine Sachen gehabt, die er müssen erledigen musste. Und da habe ich so ein bisschen meine Zeit wahrgenommen und ich bin halt sehr aktiv noch zu dieser Zeit gewesen. Meine Tochter war noch nicht auf der Welt gewesen. Und ja, ist dann wirklich spannend gewesen, weil wir dann Champions League gespielt haben und das ist wahrscheinlich das Highlight, wenn wir so zum Highlight kommen im Pro Club war. Wir haben gegen For the Win, FTW, so einen wirklich kranken portugiesischen E-Sport-Verein gespielt. Und das sind so die Leute, Chat, da müsst ihr euch mal vorstellen, das sind so die Leute, die in Portugal in so einer Kunstrasenhalle 11 Stationen haben, auf dem Rasen, in ihrer Position. Also der Goalie war im Goal mit seinem Pult. Weißt du, was ich meine? Das ist geil. Mann. Also Das crazy. ist Mit, brutal. ja, mit Tribünen und mit Fans. Also da, ich habe manchmal ihre Livestreams gesehen, die haben 200-300 Leute gehabt, dort, vor Ort. Und die sind ausgerastet, wenn sie das Goal gemacht haben. Und ich muss dir ja mal vorstellen, ey, schau, hast du Clip schon gezeigt? Nein. Wir haben übrigens mega viel über dich geredet, Luca. Wenn du nach die Wiederholung anschaust, kannst du nachher überweisen auf Twin. Nein, ist so gewesen, so, Kollege, Mann, es ist ein Videogame. Aber die Leute sind ausgerastet. Und weißt, das ist eben eher E-Sport. das ist wirklich, also eben, das ist das, wo du sagst, wow, das ist ein Traum, oder? Und hast du mal eine riesige Kiste geschossen in den 90. Oder hast du einen Elfer gehabt in den 90. Hey, da sind die Leute aufgestanden und sind so, weißt du, so Brust an Brust und so, ja Mann, und Das so. ist Weißt? geil. Und das ist das, was mich
so getrieben hat, oder? Ja. Und gegen Offline-Events. ja, Wow. das haben wir leider in der Schweiz gar nicht, so gut wie gar nicht Pro-Club-mäßig, oder? Mhm. Ich meine, eben Ultimate 1 gegen 1, 2 gegen 2 Ja. ist common. Aber dann haben wir gegen die gespielt und es war Champions League gewesen und ist live übertragen worden mit Kommentator und alles. Und dann habe ich irgendwie keine Ahnung, was ich an diesem Abend kann. Also ich war wie dopt gewesen. Also irgendwie 8, 9 wirklich Big Saves. Sie sind uns überlegen gewesen. Aber am Schluss haben wir dann 1-0 gewonnen. Und das ist natürlich so. für dich krass. Ja, das war wirklich krass gewesen. Und irgendwo noch auf YouTube, ich finde noch den Clip und dann zeige ich den mal. Ist so gewesen, die haben uns, es hat noch ein Interview auch nach dem Spiel gegeben, oder? Im Discord mit der Liga und all das Zeug. Und weißt, auf Englisch. Und dann wirst du von denen angeschrieben. Und plötzlich folgen dir irgendwelche Leute, die du über Kilometer Distanz gar nicht kennt hast und sagt, hey, willst du mal zu uns mal spielen kommen? Nur Fun, weißt du, mal ein Turnier und so. Das ist krass. Das war geil. Ja. Das war wirklich geil. Das war so wirklich der Höhepunkt von dieser Von Pro-Club-Karriere. deiner persönlichen Karriere Ja, in dem ja. Sinn, ja. Ja. Das ist crazy. Das heisst, die Leute sind ein paar Mal eskaliert wegen dir dort. Ja, also, So. also ich habe wirklich sehr, sehr gute Zeiten gehabt. Mhm. Ich habe auch Up and Downs habe ich auch gehabt. Also der Clip, den er jetzt da anspricht, Luca, ist so gewesen, es hat in einem FIFA mal so den Bug gehabt von Focus Bug. Manchmal haben sie mal einen Rückpass gespielt und der Goalie hat dann nicht, schon nicht. er hat nicht connected. Okay. Der Ball ist an mir abgesprungen und dann ins Goal rein. Also weißt du, so wirklich so, der Goalie hat ihm zugeschaut. Und es hat auch zu ihrer Verteidigung Monate gegeben und das war ganz am Anfang, gewesen, wo ich noch nicht den Gaming-Room hatte, wo ich auf der Couch gespielt habe. Kennst du, bist so mega bequem am Hängen, oder? Du liest so langsam rein, du machst so das Nest parat und dann bin ich eingepennt mit dem Controller in der Hand und dem Headset und dann hörst du Juicy! Und dann machst du auf und das Goal passiert. Weißt du, die haben dann irgendeinen Pass gespielt oder so. Du sagst, ey, sorry Jungs, der Controller hat keinen Akku mehr gehabt oder ey, es hat voll gelegt, weißt du? So. Ja, das war noch so in der Anfangszeit gewesen. Wie sagt man lieber später als nie Hallo zusammen? Hoi, Frankie. Ey, siehst du, jetzt sind die Leute doch gekommen. Ja, die Leute sind jetzt langsam wach. Sie sind sich eben 10 gewöhnt. Nicht Ja. Aber ist okay. Aber ja, so in einer Nutshell war es das gewesen. So Ja. für mich ist das Das so war das Highlight gewesen, ja, der genau Peak. Highlight und ich glaube auch so dort durch so ein bisschen die Phase gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt ist gut. Weißt du, so, wenn mich Leute... Jetzt habe ich so für mich das Maximum Genau. erreicht in Genau. dem Sinn so ein bisschen. Mit Das der ist- Zeit, die du investiert hast. Korrekt, das war so die Zeit gewesen, clubmäßig. Dann das andere Highlight war, wenn so deutsche Streamer plötzlich dich rufen, ihre All-Star 11 zum Mitspielen und sie spielen 100-0-0. Und das sind so wirklich deutsche Pros, die haben bei renommierten deutschen Vereinen 1 gegen 1 Ultimate geschwitzt. Mhm. Und dann bist du on Stream und dann spielen immer die gleiche 11. Also der hat nur gestreamt und nur Pro Club gespielt, wenn die seine 11 anwesend sind, Okay. weil ist no joke. Ja. Da sind wir irgendwie bei 64:00 gewesen. Also, ich muss mir das mal vorstellen, also 64:00 im Pro Club. Das ist A, viel Zeit und B, ein verdammtes Geschwitzen. Weil das Spiel, der Algorithmus, irgendwann sagt er dir, der Club ist auf dem Level, der läuft durch. Jetzt connecten wir ihn, irgendwann findest du auch keinen Gegner mehr. Oder? Mhm. Jetzt connecten wir ihn mal mit einem anderen Das ist Level. das Kranke. Andere 64 noch. Ey, ja, und dann plötzlich, was ist gekommen? Rio Ave Esports. So ein portugiesischer, richtiger Fußballverein oder brasilianisch, ich weiß nicht, portugiesisch oder brasilianisch, mit E-Sports-Team, mit Präsenz auf Social Media, mit riesen Events im Rücken, mit einer Firma. Boah. Da haben wir irgendwie, also wir haben richtig geschwitzt. Ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt in einem Spiel wie dort. Aber schlussendlich, du weißt, der Druck ist um, weil 64:00, wenn du verlierst, dann löschst du den Verein. Mhm. Also alles, was du gespielt hast, ist für Katz. Und du willst das auf Ja. keinen Fall. Also du willst das auf keinen Fall. Ist leider passiert. Aber wir haben 1-0 verloren. Aber also, ich kann das sagen, auf dem Niveau, das will ich nie mehr vergessen, es war so eine schwitzige Partie gewesen. Weil die Teams sind so gut. Ja. Und da passiert selten das Goal. Weil alle wissen, was sie machen müssen. Aber, Krasse Verteidiger. ja, krasse aber wenn es Offensive passiert, und vor allem dann kurz vor Schluss, dann schwitzt es Eskalation. richtig rein. Ja. Das ist scheiße, wir müssen aufholen. Wir müssen irgendwie die Verlängerung. Leider nicht Leider passiert. nicht Ja. geschafft. Ja. Aber trotzdem, also eben, wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, der sonst viel Ultimate spielt. Ich feiere es auch mega, dass du da mit deiner
Wir probieren Community, genau, und auch vor allem, also was heißt Community? Es ist eine Community, aber es ist auch ein Brand. Also weißt du, was ich meine? Brand. Inzwischen ein kleiner Brand, ja, ein kleiner Verein, Ja. Family, Ja. eine kleine Family auch. Wie heisst der Verein für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen? CBK Helvetics. Ja. CBK Helvetics. CBK. Übrigens, alles um CBK Helvetics ist on Stream entstanden, einfach, dass ich das mal noch erwähnt habe. Habe ich ja immer wollen. Aber das ist eben das, wo wir vorhin kurz drin waren, gerade wenn du so einen eigenen Verein gründest. Du hast eben vorhin etwas angesprochen, das ich extrem mitgefühlt habe mit den Leuten, eben, die ein bisschen im Schatten sind. Oder? Weil es ist mega schwierig, denen auch ihnen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen, und auch etwas zurück können zu geben, was sie verdienen, weil sie ja eben die Zeit investieren. Das ist ultra schwierig. Jetzt gerade sowieso am Anfang, wo Geld und so ist weit weg. So, dass irgendeiner von denen mal irgendwie etwas Geld bekommt fürs Mitspielen, ist weit weg. Und wie machst du das? Oder? Und wegen dem habe ich von Anfang an wollen, dass alle, die an diesem Projekt mit dabei sind, auch voll involviert sind, sodass die Leute das Gefühl haben, es ist auch ihres, ich will, dass die Leute das Gefühl haben, dass es auch ihres Baby ist. Es ist nicht mein Baby in dem Sinn. Weißt? Ja. CBK soll wirklich von allen, die ein Teil davon sind, es soll auch ein Stück von ihnen sein. Wegen dem zum Beispiel das Logo hat jemand von der Community mit AI etwas generiert, übrigens dort als Emote gepostet. Das haben wir dann übernommen und on-stream abgeändert. Wir haben das Trikot, das wir haben, zusammen on-stream gestaltet, mit Inputs auch über den Chat. Und es soll wirklich jeder ein kleines Gefühl haben, es soll auch sein und es soll auch niemand vergessen gehen. Und das ist mega, mega schwierig. Dort sind wir natürlich jetzt auch schon. Da kommst du relativ schnell her zu diesem Zeitpunkt. Weil wir existieren, sage ich jetzt mal, auch schon so rund ein Jahr. Ich weiß nicht genau, so. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Sie haben ja schon eine Saison gespielt, sie sind schon in der zweiten Saison jetzt mit dem Pro-Clubs-Team. Und es ist mega schwierig, so ein bisschen allen das zu geben, was sie brauchen. Aber wir sind dort ein bisschen am herausfinden, was kann jeder ein bisschen für sich daraus ziehen. Ich finde, es ist aber auch ein bisschen, das musst du vielleicht ein bisschen mitgeben, so hey, du kannst im Fall auch selber etwas daraus machen, weißt, so, auch wenn du jetzt Innenverteidiger bist. Bro, du kannst theoretisch Clips machen, wenn du streamst, oder die halt noch, du musst ja nicht streamen, du kannst es einfach nur aufnehmen, aber du kannst ja du kannst auf Social Media der brutalste Innenverteidiger Pro Club werden. Du kannst das, weißt, ey, wenn du das emotional überbringst, kommt das auch gut an. Du kannst dich auch so etablieren als Innenverteidiger oder als Sechser oder als Mittelfeld, so der Brain of Pro Clubs oder weiß ich nicht. Jeder könnte theoretisch etwas daraus machen. Viele wissen aber auch gar nicht genau, wie so. Weißt, wie nehme ich mich auf, wie nehme ich das Gameplay auf, wie schneide ich das zusammen. Ich sehe, dass dort, du kannst viel mitgeben, dass die Unterstützung auch dort ein bisschen gibst, so, indem du einfach hilfst, auch ein bisschen den Content umzusetzen für sie. Klar, wir müssen sie auch Bock drauf haben. Aber es gibt Leute wie der Milchi zum Beispiel, finde ich ein gutes Beispiel, der braucht das wie, oder will es auch, der will ja gar nicht mehr so professional, pro-schwitzen-mässig, sondern er will einfach noch ein bisschen aus Spass, und ich verstehe auch, wenn die aus Spass das machen. Aber die dann wirklich etwas irgendwie daraus ziehen, dass du einfach so ein bisschen die Werkzeuge probierst, mitzugeilen, probieren wir so, machen wir so. Oder wenn sie Clips posten auf Insta, heute ist viel mit was greift im Algorithmus, was ist wichtig, dass man dort das zusammen anschaut. Und jetzt eben auch, dass sie Creator ins Boot holen und so, dass man sich dort der Austausch, die Informationen oder ein bisschen, einfach Know-how ein bisschen mitgeben kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, langsam, ich habe so ein bisschen das Know-how, das sich lohnt, auch weiterzugeben. Das musst du auch zuerst ein bisschen aufbauen. Und das ist dann wirklich mega schwierig, dass eben die im Schatten sind, die eigentlich das Bedürfnis haben, hey, ich mache viel, aber ich sehe irgendwie nichts. Und dann muss es dann schon sehr freundschaftlich sein. Bei uns sind die Jungs, die kennen sich nicht privat. Gell? Ja. Und das ist nochmal eine neue Konstellation. Gell? Das heisst, wenn jemand neu dazukommt, du musst den aufnehmen, du musst ein bisschen erklären, hey, wie ist der Vibe da so. Mir ist auch wichtig, dass es eben immer gute Stimmung ist bei den Jungs. Es gibt viele Diskussionen bei ihnen, unterschiedliche Charaktere. Weißt du, hast der eine, der immer wieder einen Kommentar macht während dem Spiel. So, hey, hättest du jetzt aber schon können abspielen oder so, weißt du? Ja. Oder hätte man jetzt so indirekt so, ja, den hätte man jetzt schon können abspielen, nicht direkt auf die Person, aber die Person checkt es dann und so. Und dann entsteht so, ja, weißt du, was ich meine? Es entsteht so eine Spannung, weil du es dann nicht direkt ansprichst. Und das ist dann mega schwierig in einer Gruppe von Leuten, die sich eigentlich nicht persönlich kennen direkt, dass man das ausdiskutieren kann, oder? Und wegen dem sage ich Offline-Events. Offline-Events, finde ich, muss man mehr machen. Ist das Wichtigste. Jetzt gerade, wir sind ja zusammen an die LAN gegangen. Wir haben es vorher alle nicht gesehen. Wir haben es das erste Mal gesehen. Oder? Und es war hure geil gewesen. Jeder von diesen Jungs ist einfach. Es waren alles chillige Sachen. Genauso wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Weißt? Ich habe mich mit jedem verstanden. Ich habe fast zu wenig Zeit gehabt, wirklich mit jedem ein bisschen
so viel zu schnurren, wie ich gerne will. Weißt du, was ich meine? Und das formt dann auch das Team ein bisschen. Und ich glaube auch, dass es zwischen denen, die sich persönlich gesehen haben, dass es jetzt dort schon wieder besser harmoniert. So, eigentlich solltest du 2-3 Events im Jahr machen, wo sich die Jungs persönlich sehen. Weißt du, dass man kleine Streitigkeiten, die vielleicht auf einem Discord entstanden sind, also dass man das einfach schnell ausdiskutieren kann. Und meistens ist es so, man redet schnell drüber, lacht drüber und dann ist es eigentlich gegessen. Aber wenn es einfach so im Raum bleibt stehen, weiss keiner genau, wo sind wir, wo stehen wir. Und dann ist es dann schwierig, das staut sich dann so ein bisschen auf, oder? Und wegen dem ist das mega schwierig, weil alle in der Schweiz irgendwo verteilt sind, alle sind irgendwo, du musst das planen und so weiter. Aber eben, wir sind dort im Aufbau, wir probieren irgendetwas in Zukunft zustande zu bringen. Einfach so ein bisschen für dich als Info oder auch für die jetzt zuhören. Es bringt viele Schwierigkeiten mit sich und wegen dem kann ich die mega nachvollziehen, was dann auch bei dir natürlich passiert ist. Und ich hoffe jetzt bei mir, dass es mir nicht passiert. Oder? Mal schauen, ich versuche jetzt auch ein bisschen einen anderen Weg. Aber ich bin sehr überzeugt im Moment von meinen Jungs und man muss ein bisschen mehr reden zusammen. Und ich glaube, dann kann es auch durchaus funktionieren. Aber wir werden es sehen. Ich bin fest überzeugt. Ich meine, ich kenne die Jungs jetzt ausser von der Switzerland sonst nicht persönlich. Aber der Satz, der mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist, nachdem man sich vielleicht mal gesehen hat, ist so, eigentlich ist er nur ein geiler Sieg. Weißt du, was ich meine? So, Ja. Es war eine unnötige Diskussion vielleicht. Oder klar, eben, ich meine, wenn man ja gamen tut, sind viele Emotionen im Spiel. Stress, es wird alles ein bisschen ausgeschüttet. Und vielleicht meint man es auch nicht so, vielleicht ab und zu rutscht einem etwas raus, weil man einfach mega hässig mit sich selber ist. Es läuft gerade nicht, es hat ja viele Komponenten, wieso es nicht laufen kann. Und ich glaube am Schluss, wie du selber gesagt hast, das machen wir jetzt in einem anderen Kontext, auch mit Collector Zone. Wir haben verschiedene Events im Jahr, wo wir einfach scheiß Freude haben, unsere Community, weil also wirklich, es ist eine crazy starke Community, auch zu sehen und mit ihnen zu viben. Eben, da geht es vielleicht jetzt um Packs rippen oder Täuscheln zusammen. Einfach Oder, zusammen sein, aber der Vibe ist einfach crazy. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so, hey, die Leute kommen, die Leute haben eine geile Zeit, du hast ihnen ein Dach über dem Kopf gegeben, es ist warm, jeder hat seinen Binder dabei. Es ist so eine Safe Zone. Weißt du, was ich meine? Und Leute, die sich nur so vom Lesen kennen oder in den Streams vom Chat, stehen plötzlich sich gegenüber und täuschen Karten und sagen, du bist der und der. Und das ist eben geil, oder? Ja, da kannst du das nämlich ist das auch Geilste. so deine Unsicherheit oder einfach das, was du, oder Vorurteil, was es auch immer gibt, aus der Welt schaffen. Und ich finde es wichtig, dass ihr das macht. Bei uns war es halt so, es ist über die Landesgrenze hinausgegangen. Dann wird es natürlich noch schwieriger. Ist schwierig, ja. Und vor allem, eben, ich meine, zum Abschluss ist mir gerade noch etwas eingefallen. Ich meine, als ich noch bei dem deutschen Verein war, also bevor ich zu dem deutschen Verein überhaupt gekommen bin ich auf Italien. Weil, weißt du, wenn du so ein bisschen Random Sessions hast im Internet, lernst du mal jemanden kennen, wo du den Vibe hast und so, weißt du, dann entsteht das PlayStation Party, ein bisschen reden und so, hey, und was meinst du und dies und ich kenne noch den. Und dann eine zieht den anderen, plötzlich hast du wieder ein Team. Oder nach Helvetica, das war für mich so der Punkt, so, ich wollte nicht mehr. Aber dann habe ich in Italien einen Versuch gestartet mit Italians E-Sport. Das ist so das Wortspiel zwischen Italy und Lions. Italians, ja. Ist so gewesen, Italians E-Sport. Und dort haben wir auch wirklich eine starke Truppe gehabt. Und dort bin ich zum ersten Mal mit der Nazi in Berührung gekommen. Okay. Das heisst, dort habe ich dann für die offizielle italienische Nazi gespielt. Das sind so wirklich die stärksten 20 Spieler von Italien sind da drin gewesen. Und da haben wir wirklich Länderspiel gehabt. Oder auch eben für all die sich jetzt noch ein bisschen so unsicher sind, also es hat extrem Potenzial. Ich meine, das Ganze hat extrem Potenzial und ist gar nicht mit Geld verbunden, sondern nur mit Fleiss. Man muss einfach spielen. Du kannst ja nichts erkaufen. Du musst Zeit investieren, du musst spielen, du musst im Pro-Leveln. Aber es war wirklich crazy. Es ist auch dort 2 Jahre gut gegangen, aber eben auch meine Landsleute haben auch das ein bisschen so, manchmal, wenn du ihnen die Hand gibst, wenn es den ganzen Arm, oder? Und das ist vor allem bei uns Italienern ein bisschen so ein Thema. Nicht bei allen, übrigens, gibt es wahrscheinlich in jeder Nationalität. Aber nach diesen 2 Jahren war für mich so der Fall klar gewesen, hey, look, ich kann nur noch spielen. Und übrigens, ich habe noch in der Schweizer Nazi gespielt, also in der richtigen Schweizer Nazi, wo jetzt der Dario, ich weiß nicht, ob er noch dabei ist, der Dario Manta, oder
So. Aber ich weiß nicht, ob er noch. Also Pro Clubs nicht. Genau. Ich weiß nicht einmal, ob die noch existiert, ehrlich gesagt. Zu dieser Zeit war es so wirklich das Team einfach in der Schweiz, gewesen, wo wirklich so die Schweizer kleine Community dabei war. Aber ist das offiziell SFV gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall die grösste und offiziellste Liga gewesen, wo die Schweiz dabei war. Also das ist das Team. Es hat so andere, so Unterteams gegeben. Jeder wollte Schweizer Nazi machen, Ja. aber es hat einige gegeben, die wirklich repräsentativ Das war aber bei uns auch sind. noch ein Thema gewesen, am Anfang. So, wir haben auch gesagt, Schweizer, und es ist schon von meiner Evo-Nazi-Community zustande gekommen und so. Und da haben wir auch gedacht, so Schweizer Nazi. Und dann habe ich gedacht, Bro, aber es ist doch auch komisch, wenn du einen Verein aufmachst und du nennst dich einfach so Nationalmannschaft. Ja. So, Ja. es gibt ja einen offiziellen Verband für National. Du kannst ja nicht einfach kommen und sagen, hey, wir sind jetzt Schweizer Nazi. Weißt? Du hast einfach deine Jungs, so kannst du nicht einfach Schweizer Nazi nennen. Und eben am Anfang, übrigens vielleicht noch Hintergrundinfo, am Anfang zum Namen. Die Jungs haben zuerst eben selber, ich habe immer gesagt, ich bin nicht so der Pro-Clubs, aber ich bin jetzt der ein bisschen Community zusammengebracht hat. Spielt doch zusammen so, aber ich bin jetzt nicht so der Pro-Clubs, ich spiele nicht so, ich spiele auch bis heute nicht mit, in dem Sinne, sie spielen selber. Aber dann haben die Jungs einfach unter Footboy FC gespielt. Und Der Name schnell ins Schlamm gezogen. Nein, das zum Glück nicht, aber ja, es war wirklich so, das war dann eben die Frage mit dem Baby. Dann ich so, Jungs, das ist jetzt nicht mein Baby. So. Die spielen, ich mache ja, ich habe nicht einmal einen richtigen Beitrag geleistet. Ich habe vielleicht einen Discord zur Verfügung gestellt, so, weißt, aber das macht doch gar keinen Sinn. Und dann haben wir eben zusammen den neuen Namen ausgearbeitet in dem Sinn. Und CBK nochmal als Hintergrundinfo bedeutet Comeback King. Und das hat bei mir schon bei den Streams angefangen, dass wir gesagt haben, wir sind Comeback Kings. So, wir kommen mit einer schlechteren Mannschaft, eben mit dem Evo-Team. Aber auch wenn wir 3-0 hinten sind nach 40 Minuten, wir quitten nicht. Wir spielen bis in die 90. Oder? Und wegen dem wurde viel Content von mir ist CBK-Content, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt gestern noch einen postet, wo ich 5-2 hinten war, in der Weekend-Liga-Halbzeit. Dann gewinne ich noch 6-5 in der 119. Das ist der Kern von unserem CBK. Und das ist dann eben auch so ein Mindset, das sich nicht nur auf Fußball bezieht, sondern es geht im ganzen Leben, wenn du auf die Fresse fliegst, du musst wieder aufstehen. Du musst wieder aufstehen. Und das ist jetzt eben noch der geile Vibe, den der Verein noch so hat. Es ist mehr als nur Comeback bis zur 90. Minute, sondern es ist so, hat einer aus der Community irgendein Problem, er muss wieder aufstehen. Und für das sind dann auch die Jungs da, dass man dann eben gegenseitig hilft, auch unabhängig jetzt von IEFC oder sonst etwas. Es gibt immer wieder Rückschläge im Leben und es gibt viele Jungs draußen, die vielleicht ein bisschen allein sind oder so, weißt du, was ich meine? Und dann bist du aber vielleicht froh, wenn du einfach in eine Discord-Party kannst gehen, ein bisschen dumm kannst schnurren oder vielleicht zwischendurch auch etwas Ernstes kannst anbringen und ein bisschen, einfach ein bisschen miteinander kannst schwätzen, oder? Das braucht es. Und so hat sich dann eben das CBK. Einfach nochmal zurück zum Abschluss für CBK. Ich liebe CBK. CBK ist ein sehr geiles Projekt, Jungs, und ich bin happy für alle, die dabei sind. Und von dem her sehe ich dort schon auch noch eine sehr geile Zukunft. Aber auch das noch als Abschluss wegen Schweizer Nazi. Ich habe keine Ahnung, ob es eine offizielle Schweizer Nazi gibt. Es gibt ja inzwischen eben Alpenliga, ist so die Liga, wo sie im Moment sie mitspielen, wo einer auch sehr viel Zeit investiert. Der Rehakles nennt er sich, ich habe keine Ahnung, er ist anonym, soweit ich weiß, aber der organisiert sehr viel und das sieht man auch. Und dort spielen die Jungs mit, das sind wirklich Schweizer Teams dabei, ich glaube schon noch so Teams, die eben auch... sogar, gibt es schon in dem Fall Schweizer Liga und so, da hat es ja, mega viel da. Alpenliga Krass, ist offiziell eine Schweizer Liga, es hat, glaube 2 Zürcher Teams, 2 Ex, die bei uns waren, haben Bern-West-Team gegründet, Bern-West Helvetics. Nochmal, Helvetics ist geklaut von uns. Und dann hat, was hat es noch? Auch FC Basel hat ja jetzt einen eigenen Pro-Club-Verein gegründet. Und das ist jetzt wirklich so eine Schweizer, das ist so jetzt ein bisschen ein Grundbaustein für eine Schweizer. Mal schauen, ob sie es durchziehen können. Ja, es ist eben, wie gesagt. Es ist in jeder Hinsicht schwierig. Ja. Aber du siehst auch immer wieder, plötzlich wird über die schlecht geredet von offizieller Seite her, dass die irgendwie unzuverlässig sind und wir wissen nicht mehr, ob sie noch dabei sind. Und es haben alle die genau gleichen Probleme. Ja. Es ist überall immer die gleiche Baustelle. Und vor allem, wie gesagt, wo Leute halt zusammen arbeiten müssen und du nicht allein alles kannst machen, wird es immer die Hindernisse geben. Schwierig. Aber finde ich geil. Ich meine, eben, wenn man jetzt so ein bisschen über CBK redet, ich kann mich noch erinnern und das finde ich eben, also weißt du, was ich mir so überlegt habe, ist so, der Brüder, der spielt mit Schweiz, also der feiert
Also weißt du, wenn ich dich so gesehen habe, so, wenn ich Foodspray eingeschaltet habe, ist so für mich so Swiss Content gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, was bei uns sowieso in der Schweiz mega wenig gibt. Ja. Wir sind so ein kleines Land und jetzt auch, wie gesagt, es ist mega schön, die Facette, die Farbpalette ist riesig. Nicht alle Menschen sind gleich. Oder ich meine, jemand kann mich, und das weiß ich, empfinde mich vielleicht als, wow, das ist ein riesen Vulkan und so, der spuckt immer aus. Zum Beispiel ist bei uns so, bei Collectors, und mein Bruder ist eher so ein bisschen ruhiger. Ein paar haben den Joe gern. Aber das ist nicht der, der das letzte Mal on Stream war mit dir. Mal, ich und mein Ist Bruder das- sind immer Ist das, zusammen ist das on dein Stream. Genau. Bruder? Aber wir Er, haben der, auch noch... der One Piece Freak. Genau, der One Piece Freak. Shoutout, lieber Gruß. Er ist da, der Krigi. Er ist so der so eher so ein bisschen der ruhige Pol ist. Er ist auch 13 Jahre jünger als ich, also wirklich so Nachkömmling. Riesen Gap, Ja. Aber ja, es ist... Leute haben ihn auch, weißt du, also es heisst nicht nur, weil ich viel rede und entertaining bin und so, dass Leute mich gerne. Und das habe ich mega schön gefunden, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe den Krigi lieber. Jetzt wird er über einen Praktikant reden. Er ist nicht ein Praktikant. Er ist trotzdem auch Founder von Collectors. Aber es ist so ein bisschen individuell. Aber da Leute haben lieber so eher ein bisschen ruhigen, da haben lieber ein bisschen lauten. Ganz klar. Und das macht eben auch die Community aus, oder? Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt einfach so als Übergang mitgeben in der TCG-Community. Ich meine, wenn man mich jetzt so sieht, und das ist jetzt auch wirklich einfach nur neutral gesagt, so vom Style und so, wenn ich mich anlege oder wenn ich mich verhalte, es hat die ganze Farbpalette im TCG. Es hat die wirklich mega introvertiert, es hat die wirklich sonst ganz nerdig angehaucht sind. Es gibt Leute, die Schwierigkeiten haben, irgendwelche Verbindungen aufzubauen. Es hat Leute, die sehr viel allein sind. Leute, die auch gesundheitlich oder geistig auch ihre Baustellen haben. Aber trotz allem, wenn es um Karten geht, es verbindet. Ja. Und bei uns ist, ich habe gesagt, jeder ist willkommen und es sollte eine Safe Zone sein. Und wenn ich irgendwann mal allgemein, ich rede nicht über meine Community, sondern allgemein über TCG, weil das ist auch mega ein toxischer Bereich, so wie auch im FIFA oder eben der Clip, den du gepostet hast, wo der die ganze Zeit schreibt und so. Ja. Da gibt es Leute, da hängt ihr das Leben davon ab. Ja. Von dem, oder? Und wenn ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal jemanden sehe, der mit einer Person, also über die Person herzieht oder und ich dabei bin oder sich lustig macht über Differenzen, dann grätsche ich rein. Und auch sonst in der Community, das gibt es bei mir nicht. Das ist für mich, da gibt es auch keine Vorwarnung, der ist weg. Weil jeder sollte doch das Hobby können leben, ob es jetzt Game ist oder im realen Leben, sollte jeder seinen Platz haben und eine Chance auf Integration haben. Und für mich ist das extrem wichtig, darum finde ich eben Community, wie du gesagt hast, mega wichtig, oder? Man hat mal vielleicht einen schlechten Tag, man hat vielleicht mit der Frau gestritten, mit einem Freund gestritten, man hat vielleicht einen Schicksalsschlag erlitten und das ist crazy in den ganzen Jahren, wie viel Mal wir über Stunden geredet haben, über Sachen, die gar nicht mit Gamen zu tun haben und trotzdem bist du in dieser Party, du willst auch gamen, aber dann passiert das, ist alles andere vergessen. Weißt du, dann sagst du, hey, weißt du was, komm, haben wir doch mal einen Schwätz und so, wie geht's dir? Und ja, vielleicht ist die Mutter, der Bruder krank oder was auch immer, irgendetwas ist passiert. Und das ist crazy, weil Gamen... Und das hilft einfach. Das ist brutal, ja. Gamen das hilft einfach. Und egal was für ein Hobby, es verbindet einfach. Und das ist eben das Schöne daran. Und ja, ich finde, das hast du schön gesagt, weil es widerspiegelt das, was ich als Hauptwert eigentlich den Leuten immer mitgeben will. Egal was ich mache, spielt keine Rolle, von wo du kommst, was für eine Nationalität, Background. Gegenseitige Unterstützung, Akzeptanz. Ja, das ist auch genau das, was wir wollen. Klar, aber es gibt nicht, ich sage mal, es gibt einfach so Charaktere, die matchen oder nicht matchen. Ja, ganz klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt eher ein bisschen introvertierte, sage ich mal, ein bisschen nerdig angehauchte Leute hast, die gerne vielleicht ruhig miteinander reden über ein Thema. Da bin ich wahrscheinlich Overkill. Du kannst nicht den Overkill. HB-Hänger von Zürich in die Community holen und das Vibe, weißt du, was ich meine? So, da braucht es dann gegenseitig aber relativ sehr viel aufeinander zukommen, dass es dann irgendwann matcht. Ich bin jetzt auch nicht so, oder eben auch so, schon nur die Swiss Twitch Community ist schon so differenziert. So. Aber ja, alle Leute gern, weißt du, was ich meine? So, ja, jetzt niemand, wo ich sage, ey, der regt mich jetzt richtig auf. Es sind ab und zu Leute in die Community gekommen, die bis heute schon wieder verschwunden sind, wo man müssen sagen, so, ja, jetzt irgendwie dort ist ein bisschen. Weißt du, kennst du so Leute, die nicht weißt, an was du dran bist? So, Ja, du redest sicher. mit ihnen und kannst nicht einschätzen, was sie
was die Intuition ist oder die Motivation. Oder so. Das ist dann so ein bisschen eher so komisch, wenn ich sage, so, okay, ja, irgendwie da muss jetzt nichts mit zu tun haben. Aber grundsätzlich habe ich alle gerne, die in dieser kleinen Bubble rum sind. Und eben bei uns Schweizer ist auch immer, oder Schweizer, ich rede jetzt von Schweizer, alle, die in der Schweiz wohnen, nicht Schweizer als Nationalität, sondern es ist immer so ein bisschen das, alle sind immer so ein bisschen humble, weißt du, was ich meine? Ja. Eigentlich machen hure viel richtig geilen Scheiß, so. Aber es kommt nie immer so, ey, ja, das und das, sondern du musst so ein bisschen nachschauen, was sie machen. Letztes Mal wieder mit einer Streamerin geredet, am Hero Fest, Lulena übrigens, Shoutout vielleicht kurz an sie. Schon ewig lang ein bisschen verfolgt, was sie so macht. Und sie macht eigentlich geile Scheiß, geile Vlogs, weißt, Livestreams und so, fast täglich, auch so Coworking-Livestreams. Aber weißt du, das ist nicht jemand, der so kommt, hast du schon gesehen, mein neuer geil an, ich denke so, Bro, es sind alle so, oder auch der Barracks ist der Barracks ist ein riesen Ficker, Bro. Ja. Aber der ist nicht so, weißt du, es sind alle so, aber wenn du dann gehst, schauen, was die Leute machen, was sie so für Content machen oder was sie produzieren und so, dann ist so, Bro, ihr seid alle krass, man. Ja. So, ihr seid alle krass und respektiert euch doch gegenseitig, weißt du. Klar kommen ab und zu Leute, die das eben nicht sehen oder sich den Aufwand gar nicht machen, zu schauen, was die machen. Aber ich sage nicht immer Leute, bevor ihr irgendwie urteilen oder so über jemanden, geht mal schauen, was sie vielleicht machen oder wie der Stream ist. Oder macht selber mal einen Stream, wenn ihr einen Streamer anhand von ihrem Livestream beurteilt, macht selber mal einen Stream und schaut es an. Es ist gar nicht so einfach. Und wegen dem finde ich Respekt, Wertschätzung, ohne Vorurteile immer aufeinander zugehen. Finde ich sehr cool. Und ja, du machst das natürlich fantastisch. Also auch letztes Mal im Stream jetzt mir wieder bewiesen. Aber jedes Follow, wo reinkommt, ey, geile Sicht, merci, so von wo kommst und so. Weißt, das finde ich extrem gut. Und eure Streams, das ist sehr entspannend. Ich bin noch bis um 12 oder so noch da gehockt, dann noch einen Stream geschaut. Einfach so auf entspannt, so, ja geil, ein bisschen Packs, kommt Sard jetzt oder nicht. Und der Chat ist auch entspannt. Und das ist das, was ich mir auch wünsche. Aber wirklich so ein Chat, wo dich nicht aufregen musst, wenn eine Nachricht liest, nicht toxisch, so wirklich einfach based. Ja. Einfach based mit Respekt jedem gegenüber. Also eben, wie gesagt, ich glaube, das beantwortet auch, wie ich da angefahren bin, oder? Ich glaube, wir haben zusammen geredet, wir haben auch uns noch nie gesehen. Du hast mich nur immer gelesen, ich habe dich immer gesehen. Und vor allem zum Abschluss jetzt, was das E-Sport, FIFA-Thema anbelangt, ich finde es auch mega cool, eben der Merch und so. Ich weiß einfach, wie viel Zeit dahinter steckt. Aber ja. Wie viel Freizeit. Und das darf man nicht vergessen. Die Leute machen das in ihrer Freizeit. Und da gibt es Leute, die haben noch Familie, eine Freundin, einen Hund, eine Familie, wo sie auch ihre wertvolle Zeit Freunde schenken. vielleicht noch. Genau, Freunde, ja, sorry, Entschuldigung. Freunde natürlich sind auch ganz wichtig im Leben, aber es ist so, du bist dort in deiner anderen Bubble, wo du auch musst schauen, dass es allen gut geht. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, der Bruder, der weiß, was es heisst, hustlen. Der weiß, was es heisst, ein Brand aufbauen und nicht aus Geschäftssicht, sondern aus Leidenschaft. Sondern so, hey, wir haben unser Trikot, so. Genau, wir haben unser Trikot hinten dran und das weiss ich, hast du mir sogar noch gesagt, Comeback King. Steht sogar noch. Ich glaube, wo ist es? Du hast es tätowiert sogar, aber beim Merch steht es, glaube ich, irgendwo auch, gell? Ja, hinten, gell? Eben. Ja. Und das habe ich gefunden, so die kleinen Details, aber die machen es aus. Und dann habe ich gewusst, der ist auch mit Herz dabei. Ja. Der macht alles, was er macht, überlegt er sich und er sprudelt nur, weißt du? Und er denkt sich jedes Mal, was kann ich als nächstes für meine Community machen? Und so sind genau wir auch. Oder? Ich meine, jetzt so zum Abschluss, wenn wir jetzt auf das Thema kommen, ich meine, es ist extrem toxisch, die Communities. Ich erlebe es von den Leuten und ich fühle mich, wie gesagt, sie haben es vielleicht schon 1000-mal gehört, aber für die mich vielleicht heute zum ersten Mal gesehen oder gehört, fühle ich mich extrem blessed. Also, ich streame seit 5 Jahren und ich meine, dir muss ich es nicht sagen, aber für all die, wie er gesagt hat, versuchen mal zu streamen, ist mein Wunsch immer gewesen, ich wollte gerne gesehen werden. Aber nicht gesehen aus dem Grund von Ruhm. Ich wollte doch einfach nur neue Leute kennenlernen, Spass haben mit ihnen. Es geht mir nicht mal ums Gameplay. Ich meine, ich habe viel Community aufbauen. So ein bisschen genau. Eine Truppe von Leuten, wenn du triffst, die gute Vibes. Du willst einfach gute Vibes mit Leuten haben. So, weißt? Und du musst die Leute erreichen natürlich. Und ich wollte nicht mal mit COD irgendwie etwas erreichen. Ich war average gewesen. Weißt, ich habe auch meine Battle Royale Wins geholt und. Ich bin nie so der Multiplayer-Typ, ich bin eher so der Battle Royale-Typ gewesen. Aber
nichtsdestotrotz habe ich so meine 13, 15 Zuschauer gehabt. Und ich bin mehr als happy gewesen. Weißt, du hast da deine 4, 5 Nasen gehabt, Ja. wo dir die Sachen reingeschrieben haben. Und eben, da kommen wir wieder aufs Thema zurück, so, wenn ich manchmal so random Sachen reinschreibe. Das ist nicht, weil so, hey, der Typ hat nichts in der Birne, sondern genau das macht es aus, man muss Content liefern, man muss auch mal jemanden aus der Zone rausholen. Der Vibe-Check. Genau, und sagen so, hey, wie reagiert ihr jetzt echt drauf? Und dann entsteht schon wieder ein neues Thema Ja. und dann redet man 1, 2 Minuten und hat ein bisschen einen Bruch in allem. Mhm. Und ich habe mir das wirklich nie erträumt und danke wirklich an alle, die von Collector Zone jetzt da eingeschaltet haben, seit dem 9. wirklich blessed. Ich meine, wir haben dort war es so gewesen, Roy, hast du nie so einen Moment gehabt, wo du sagst, hey, ich mag eigentlich nicht mehr, es macht mir keinen Spass mehr, ich will nicht mehr. Oft. Und bei mir war das so der Punkt, wo ich gesagt habe, das Zeichen war so, hey, wenn ich in der Nacht rede, dann geht es mir an Gesundheit. Das ist gar nicht gut. Ja, das will ich nicht. Ja, Genau. Und B ist so, ich hocke nur an die Maschinen an, schalte ein aus, ich muss. Und zwar ich muss, weil ich muss ja eine Regularität an den Tag bringen, ich muss meine Streampflichten erfüllen und ich muss das einfach. Aber das ist der falsche, das ist der falsche Approach. Ist Bullshit. Ja. Aber Und dann irgendwann im Februar, weil ich habe ja früher eben, wie gesagt, 4,5 Jahre nur Games gestreamt oder manchmal haben wir so ein bisschen reacted oder so Sachen daraus gemacht, habe ich gesagt, weißt du was, ich hole mir einfach mal wieder so ein TCG-Pack. Und dann fange ich den Stream an und es ist nein, es ist kein COD, nein, es ist kein FPS-Shooter. Es ist einfach just chatting. Ja. Hey Boys and Girls, ich habe da meine Box. Hättet ihr Lust, mal reinzuschauen? Dann schauen wir mal ein bisschen rein. Und dann irgendwie mega schnell ist es dann so entstanden, dass die Leute gesagt haben, hey, kann man da irgendwo etwas kaufen oder so? Kann ich auch ein Päckchen? Und ich habe gesagt, nein, es ist rein so, ich habe gerade so eine Box da, die ich mir bestellt habe und ein bisschen den Vibe zusammen haben. Aber warte vielleicht kurz zu dem, hast du früher auch schon gesammelt? Ja, aber sehr lang eben kommen andere Sachen hinzu oder Prioritäten, vor allem mit Familie. Sehr lang dann off gewesen mit dem Sammeln. Ich habe alles daheim. Ich habe grümpelweise, ich muss mal ausmisten, wahrscheinlich grümpelweise, ob es Spielfiguren waren, ob es irgendwelche Caps waren, ob es Panini-Bildchen waren, ob es Pokémon-Karten waren. Ja, unsere Mutter eben, Shoutout, also Raffaela, die hat alles weggeschmissen. Weißt? Aber für mich war es so, das ist so eine Leidenschaft, das hat mir etwas gegeben. Ein kleines Kartonstück, glaube es hat mir etwas gegeben. Es ist auch die Mega. Nostalgie, oder? Mega. Weil das ist, ich glaube, bei mir ist das der Hauptgrund, warum dass ich so angefressen bin von diesen Kärtchen und auch von diesen Retro-Games und so. Es ist einfach das Gefühl, wenn du die Sachen anschaust oder wenn du es auftust. Das ist eben wieder so eine Vibe-Frage, oder? Wie bei dir ist ja viel Vibe. Und es ist wirklich so, es ist das Gefühl, das aufzumachen, das anzuschauen. Eben, das steht, die Karte steht jetzt da hinten, so, weißt du, was ich meine? Aber immer, wenn ich so drauf schaue, denke ich so, das ist schon geil. So, weißt, einfach ein kleines Schmunzeln, so, schon geil. Und das langt mir für das, weißt du, das gebe ich gerne ein paar hundert Stutz aus. Das langt mir, das gibt mir das Gefühl, das ich brauche. Und das ist ein bisschen bei dir auch so ein bisschen der Hintergrund, oder? Ja, 100%. Also ich finde eben, was du sagst, ist das Wichtigste. Für viele ist es nur ein Stückchen Karton. Also für wenige ist es nur ein Stückchen Karton, für viele ist es Emotion. Und ich rede jetzt wirklich, wenn wir so ins Thema jetzt Wert hineingehen, das spielt keine Rolle, was für einen Wert die Karte hat, für mich persönlich. Weil es ist ja mega... Also nicht, dass es nicht geil ist, wenn sie viel Wert hat. Klar, aber es sollte nicht nur Profit sein. Das wollte ich damit sagen. Du solltest nicht Packs aufmachen und das appelliere ich jedem, weil du hoffst oder willst damit Geld machen. Weil dann hast du sowieso verloren. Sondern du solltest es aufmachen, weil du Freude am Aufmachen hast. Wenn nachher ein Big Banger rauskommt, ist es gerade Double Happiness, oder? Aber es geht auch im Grund nur darum, sammeln. Ist so wie eine Disziplin. Ich mache das mit meiner Tochter. Es muss dir ein Gefühl geben. Genau, ich mache das mit meiner Tochter und versuche das auch ihr, dass der Funke überspringt. Ich sage ihr, Packs aufmachen ist geil, aber es gehört noch dazu. Karten sleeven, Karten im Binder rein tun, den Abfall entsorgen. Und nicht nur aufmachen, in den Binder tschüss. Sagen, nein, Leandro, komm da hin, da hast du noch den ganzen Abfall, der Binder geht wieder dort hin, wo er war. Und es geht um eine Pflege von etwas, vom Hobby. Jetzt müssen wir es einordnen. Jetzt schauen wir mal, welche fehlen uns überhaupt Genau. noch. Genau. Ja, ich fühle es. Und vor allem auch so,
es kaum glänzt eine Karte, sagt sie, Papi, ist die etwas wert? Und dann gehst du nachschauen und sagst, nein, die ist nur irgendwie 20 Rappen. Aber trotzdem schön, weißt du? Ja. Aber für sie ist so, dass ich wollte ihr das übermitteln, das Hobby, so hey, es ist cool, es ist immer mit Geld verbunden, bist du bewusst, oder? Wenn du du musst Geld ausgeben für das, oder? Papi gibt gerne ab und an mal für eine Box Geld aus, aber es ist das Zusammensein, was mit nichts zu zahlen ist. Ja. Oder so, wirklich das zusammen anhocken, das zusammen das Päckchen Ja, aufmachen, so die Freude, eben. Ja. Die Kinder sind wirklich Da sehe ich der auch Spiegel schon, von der sehe ich mich Seele. auch schon mit dem Ja, ja. muss ich schon sagen, ja. Aber das ist ein schönes gemeinsam. Aber Mega. es ist nicht, du bist zusammen irgendetwas online am machen oder irgendetwas am Gamen, sondern du bist effektiv zusammen. Du bist die Kärtchen am Ja. Aufnehmen, die Kärtchen am Anschauen. Vielleicht, sage jetzt mal, wenn du ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringst, kannst du dich sogar miteinander auseinandersetzen, wie spielen wir vielleicht, wie Ja. spielt man mit diesen Ja. Kärtchen, oder? Dann kannst du vielleicht sogar, oder das ist dann auch noch ein anderer Aspekt, den ich eigentlich mega cool finde, den halt viele nicht haben. Seit das TCG-Game rausgekommen ist, auf dem Handy, habe ich mich eigentlich das erste Mal so damit auseinandergesetzt, wie spielt man eigentlich. Und du siehst dann ganz andere Werte von den Karten. Weißt du, siehst, wenn ich heute eine Karte auftue und dann lese, was sie kann, was ich vorher gar nicht gecheckt habe in dem Sinn, denke ich so, Bro, das ist eigentlich noch so ein geiles Feature. So, es würde mich echt wundern, wenn ich das in einem Deck würde ausspielen würde. Weißt du? Und das sind dann wieder andere Sachen. Von dem her, ich kann jedem empfehlen, die sammeln, aber sich noch nicht mit dem Spiel auseinandersetzen, machen das auf jeden Fall. Und ihr entdeckt wieder neue Karten. Plötzlich Trainerkarten. So, Bro, weißt du? Ja. Ein geiler voll. Effekt. So, ich kann 2 vom Stapel nehmen oder was auch immer. Es ist so, Es ist eigentlich das ist schon cool. der Way to go, wenn du spielen willst, ist es die einfachste und zugänglichste Art, finde ich. Eben das TCG Pocket von Pokémon ist mega geil. 100%. Sammeln und spielen Sammeln in und spielen. und ja. grinden. Vor allem Ja. musst du ja da, um die Decks fertig machen und so, musst du irgendwie auf dieser Stufe darfst Aber du ich bin nur jetzt mit nicht der. so, ja, eine sehr aktive Ja. Phase gehabt, jetzt ist im Moment wieder ein bisschen ruhig. Ja. Weil wo wir da plötzlich alle mit Celebi Ah. Celebi Plattenergie mal 50 geschnitten haben, habe ich gedacht, Bro, ich habe keine Woche mehr, ich schwöre. Brochen. Ja, Brochen. Woche geworden. Aber Nein. trotzdem cool gewesen. Du hast es ja nicht alle so zwischendurch, hast gleich, hast du ein neues Deck gebaut, hast keinen gewonnen, so Bro, ich habe gewonnen, so, Ja, ich check voll. es gar Ja, nicht, voll. weißt du, aber nur geil. Weißt? Hauptsache gewonnen. Ja. Und von ja, dem nein, macht so ist es mega Spaß. entstanden. Weißt du, so, plötzlich habe ich dann gemerkt, wow, das macht mir wieder extrem Spaß. Ja. Nicht nur wenig, sondern krass Spaß. Mhm. Ich habe das Pack aufgemacht, ohne Sorge. Ich habe keine Lampe mit niemandem gehabt. Ich habe mich nicht aufgeregt wegen irgendwelchen komischen Spielmechaniken oder Bugs, sondern ich bin einfach das Päckchen am Rippen gsi. Der Chat, die paar Leute, die paar Nasen sind ja am Anfang ja nicht so wie jetzt gsi, sind rum gsi. Und alle haben es gefeiert. Einfach geil gewesen. Und dann irgendwann habe ich so gesagt, komm, dann habe ich mit meinem Bruder gesagt, so, hey, schau, ich würde auch gerne eigentlich das Hobby zu etwas machen, wo wir auch mit anderen teilen können. Und zwar zu etwas, was leider relativ traurig ist im Moment, sehr preisgesteuert ist, sehr overpriced ist und sehr, sehr von wirklich Horter und Scalper und Scammer und all was sonst noch Negatives dazukommt in so einem profitgesteuerten Geschäft oder Brand wie Pokémon oder allgemein TCG, einfach dagegen steuern. Und dann haben wir angefangen, wirklich uns mal ein bisschen schlau zu machen. Weißt, zuerst mal, kennst du das nicht, du weißt gar nicht, wo anfangen. Aber irgendwann sagst du so, komm, ich schaue mal ein bisschen auf Ricardo oder auf eBay. Vielleicht findest du mal ein Pack, wo auch nur schon, wenn du es importierst, 5-6 Franken dabei rauskommen. Mhm. Und mit diesen 5-6 Franken gehst du dann weiter. Weißt du, was ich meine? So, Ja. wirklich so. Ohne gerade zu überreissen, ohne Genau, gerade irgendwie genau. so Und du weißt trotzdem gar einen nicht, wo vernünftigen anfangen. Preis bieten. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und plötzlich eben sind Leute ins Stream gekommen und haben gesagt, hey, kann ich ein Päckchen kaufen, von dem kann ich 2 Päckchen kaufen. Hey, wie viel kostet das Display? Und wir so, hey, wir haben gar keine Displays, weißt, wir haben nur so Mhm. ein paar Packs. Und der Nebeneffekt, und das ist wirklich ich fühle mich wirklich gesegnet, für das ein Nebeneffekt ist, wir rippen so viel pro Stream. Und ich habe gesagt, ohne dass ich irgendwie einen riesen Amount, weil ich rippe mega gerne, muss ausgeben, kann ich trotzdem die gleichen Emotionen haben für jemand anders. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was dann mit der Zeit sich dann entwickelt hat. Von der einen Box haben wir ein bisschen die nächste und jetzt haben wir ein bisschen schon wieder ein bisschen zusammen für vielleicht ein teures Produkt und so. Das ist immer so weitergegangen. Am Anfang, klar, weißt, hast du so deine 4-5 Nasen, die ab und zu mal etwas kaufen und du denkst ja gar nicht etwas dabei. Und ich meine, heute, 8,5 Monate später, ist Collector so an einem Punkt angekommen, wo ich muss sagen, hätte ich mir nicht im entferntesten Traum können vorstellen. Mhm. Ich meine, eben, mit dir kann ich darüber reden, weil du bist Content Creator, du weißt, um was es geht. Es geht
Schweizer Zahlen. Und ich meine, 60 Leute im Chat haben, aktiv, die Das ist extrem aktiv insane. das ist etwas, das ist unvorstellbar in der Schweiz, wenn du so andere Shops anschaust, wo wirklich das machen und rippen. Und ich gesagt, schön, dass alle so verschieden sind. Dann haben sie ihre 10, 12 Nasen, 15 Nasen, Ja. 20 Nasen drin. Und du denkst dir, wieso ich? Weißt du, wieso? Deine Art hat eigentlich geholfen. Ja. Aber eben, zum Glück haben wir auch noch meinen Bruder, weil nicht jeder. Also es gibt Leute, die sind überreizt, vielleicht von mir. Aber wenn der Krieg dann dran ist mit Rip oder ich, weißt du, genau, dann sagt so, weißt du, wo ich in der Ferien war, er hat das stark gemacht. Weißt du, 3 Wochen, eben, Frau und Kind, du musst auch in die Ferien. Ja. 3 Wochen war er rum und die Leute haben gesagt, er hätte das sehr gut gemacht und die Art von ihm und so. Und jetzt kommt wieder das Erdbeben kommt wieder, weißt du. Und ich finde das ein mega geiler Match. Und ich meine, 60 Leute, die man kann scammen kann. Ja. Genau, nein, es ist so wirklich 8,5 Monate. Also wirklich, es ist kitschig. Started from the bottom and now we're here. Und für mich ist es so, ich will gar nicht mehr aufhören. Und zwar nur aus einem Grund, und das sage ich jetzt auch da nochmal. Wir sind das Anti-Profit-Institut. Also wirklich so, klar, es gibt Läden, wo Miete müssen zahlen, Mitarbeiter müssen zahlen, Preispolitik ist frei, jeder darf Preise machen, wie er will. Und es ist verständlich und jeder sollte es vertreten und es gibt immer Leute, die kaufen. Aber für mich ist es so an einem Punkt gekommen, wo ich meinem Bruder gesagt habe, hey, es ist eigentlich ein Hobby für Kinder. Und das habe ich am Hero Fest übrigens gesehen und an der Culture Swiss auch relativ traurig. Kann ich gerade mit zwei Beispielen verbinden. Ich meine, am Hero Fest sind die Preise over and beyond gewesen. Also wirklich over and beyond. Wenn du dich ein bisschen mit Preisen auskennst, weißt, okay, das kostet so viel und okay, da ist Marge bei dem so viel. Von etwa 10 Läden habe ich 9. Und ich bin jemand, der nie etwas sagt und habe auch nichts gesagt, weil jeder soll sein Business machen. Aber kennst du, wenn du siehst, so ein Familienvater geht an mit dem Kind und der hat null Plan, der hat keine Ahnung von nichts. Dann geht er genau an so einen Stand und kauft dort, muss eine halbe Niere verkaufen, um am Kind 1-2 Boxen können schenken. Und von 9 Läden hat es einen Laden gegeben, ich glaube Sammelwerk, wirklich, eben, ich tue das wirklich gerne vertreten, obwohl wir selber auch einen Shop haben. Sammelwerk, wirklich Shoutout an die Jungs, die einzigen mit fairen Preisen. Also wirklich, ich bin so dort angegangen, habe einen Boxpreis angeschaut und habe gesagt, bist du der verantwortlich? Weißt du, und wenn die Frage kommt, ist das so, oh shit, so, weißt du, was passiert? Und dann hat er gesagt, nein, ich arbeite nur da, aber er ist. Dann habe ich gesagt, kannst du schnell rufen? Dann habe ich ihn gerufen und dann ist er gekommen und hat gesagt, hey, schau, ich wollte nur schnell sagen, absolut geile Preise, die du hast. Ich meine, ich kenne mich selber aus und ich muss dir wirklich sagen, von Herzen fair. Und ich meine, der hat es auch noch gecheckt. Der so völlig überlaufen worden. Und er hat gesagt, ja, merci und so. Und ich so, hey, nein, wirklich, muss ich dir sagen, es ist wirklich der Horror. Also für Leute, die jetzt ins Hobby einsteigen, ist es wirklich der Horror. Ich war auch dann schon am Hero Fest schon gerade Release-Tag von meinem Inferno X. Ja. Bin ich schauen, Bro, einfach schon jede Box 40 Steine teurer als ich, was ich so bestellt habe. Genau. Und das ist so, Bro, weißt du, die Lust geht schon ein bisschen weg. So. Also ich habe nie dort gekauft, weil es ist einfach horrend. Das ist wirklich einfach crazy. Zum noch irgendwie jemanden zitieren aus unserer Community, er ist unser Guru, der Gianluca. Ruggero, Sword of Woman, der ist schon seit 30 Jahren dabei, eben auch ein Sagen, so die Leute in der Community zu haben, die für genau die Normalsterblichen, die heute ins Hobby steigen, eine Ansprechperson haben oder mehrere. Wir haben sehr, sehr viele wirklich wissenshungrige Leute in unserer Community, die sagen, hey, ist der Preis fair? Hey, ist die Karte gut? Und ich hätte mir gewünscht, dass es zu meiner Zeit jemanden gibt, der sagt, kauf es nicht, ist overpriced. Oder mal, ist ein gutes Angebot fair? Oder hey, mal, die Karte ist, weißt, eben, es ist auch immer Geschmackssache und so. Aber es ist für mich so, jeden Tag steht ein Double auf, was zahlt. Das ist so das, was er gesagt hat. Es gibt, also darum überleben die Läden ja auch, weil sie informieren sich nicht. Zahlt, ja. Genau, oder haben keine Zeit oder was auch immer. Und das ist das, wo eben Collector so ein bisschen dagegen steuern. Wir sind eher im unteren Preissegment. Wir sind sehr community-basiert. Was uns halt ausmacht, ist so, wir sind zwar schon ein Shop, aber wir und unsere Leute wissen es, wir haben noch nie geschafft, unsere Produkte irgendwo auf Insta oder so zu inserieren, weil sie sind vorher schon weg. Also weißt du, weil wir haben gesagt, hey, wir machen das für die Community. Weißt du, was ich meine? So, wir holen das, wir decken, was wir decken müssen, einen kleinen Profit oben drauf, um einfach langfristig nachhaltig wachsen, und zwar in die Breite, nicht in die Höhe.
Das ist etwas, was ich schon immer so gemacht habe. Auf dem Pausenplatz hat jemand Hunger gehabt, ich habe ihm 3/4 von meinem Sandwich gegeben. Ich habe auch Hunger gehabt. Ja. Aber so bin ich einfach. Ja. Oder? Und Leute sehen das ja auch. Und darum sind wir auch so krass gewachsen. Und haben den Leuten eigentlich ermöglicht, wieder ins Hobby einzusteigen, ohne müssen jeden Rappen aus der Tasche ziehen. Klar, es ist ja nicht gratis, aber trotz allem haben wir gesagt, nein, wenn wir etwas holen, dann Für holen wir es für einen Community. guten Preis. Es muss alles stimmen. Es muss Collector-Zone muss ja langfristig auch überleben, aber für die Leute, die bei uns kaufen oder schon gekauft haben, ist es Muss so, auch stimmen. hey, krass. Weißt du, was ich meine? So, Ja. irgendwie 10 Franken unter dem günstigsten. Mhm. Oder allgemein, wie wir die Sachen verpacken. Das ist mir eben, Mit wie Liebe, du, mit genau, wie du Herz das für die machst, Community, ja. mit Foodbroy und CBK, Das sieht man auch, ja. ist es bei uns so, es hat angefangen mit 2-3 Paketen auf die Post tun, mit jetzigen 40-50 pro Woche. Und das geht ab Zustand. Also es geht wirklich an den Schlaf. Aber das ist geil. Es geht an die Energie. Wir sind manchmal bis um 3 Uhr am Morgen. Wir tun auch eben, wer den Balk nicht ehrt, ist den Hit nicht wert. Ja. Oder? Wir tun auch Balk mit Bubblepapier wrappen Mhm. und tun alles in die Box. Und die Leute, die eben bei uns schon mal gekauft haben, wissen, sie bekommen das Paket und sagen, ich habe glaube noch nie in der letzten Zeit, wo ich irgendwo etwas bestellt habe, so ein gutes verpacktes Paket erhalten. Und die auch, geht auch ein Herz auf, wenn sie es bei euch aufziehen. Mega, Das also- ist das Ziel. Ja, weißt du, bei uns ist so, es ist das Ganze. Du kommst die ganze Collector Experience über und es ist nicht nur das Rippen, weil Rippen ist einfach. Mhm. Das Geld verdienen ist einfach. In Anführungs- und Schlusszeichen, die Leute bei Laune zu haben und Qualitätslevel auf einem gewissen Niveau konstant zu haben, das ist das Schwierigste. Mhm. Und noch dabei ein bisschen Geld zu verdienen. Genau. Weil schlussendlich, wenn du am 3 Uhr am Morgen, und das ist uns in der letzten Zeit auch viel passiert, noch am Verpacken bist, weil die haben Anpost gezahlt. Das Mhm. heisst, du musst deine Pflicht auch nachgehen. Mhm. Dann, du bist müde. Du kommst von einem Arbeitstag heim, hast noch wie mit mir Familie. Du willst zur Nacht kochen, du willst mit ihnen auch noch anhocken. Auch wenn es wenig Zeit ist. Scheiße, am 8 Uhr musst du streamen. Dann nach dem Stream alles in die Fächli tun. Am nächsten Tag bist du aber wieder dort unten, weil du musst alles verpacken. Also eben, für all die das mal machen wollen, überlegt euch einfach, wie viel Aufwand nur schon so eine Community ist, um Mhm. ihnen etwas können zu bieten, egal auf welchem Level es ist, und konstant. Es ist nicht so, ja, ich mache jetzt mal und dann, oh, jetzt habe ich meine, keine Ahnung, 200-300 Franken gemacht, zurücklernen. Nein, das geht nicht. Du Ja, musst nee, du musst dranbleiben. über Jahre. Ja. Und das weißt du Also selber. das Geld allein wird dir auch nicht das zurückgeben, was sich für dich sagt, dass es lohnt Nein. sich. Das Geld allein ist schön, wenn etwas reinkommt, nebenbei. Aber es muss auch das Feedback von der Community sein. Es muss Ja. auch, aber du musst spüren, dass du, wie soll ich sagen, dass du ein Mehrwert für die ganze Community bist, dass die Leute dich schätzen und eben, dass sie in den Stream kommen und dass du es gut hast mit ihnen. Das plus die kleinen Einnahmen, sage ich mal, reinkommen, das muss zusammen auch stimmen. Wenn du jetzt etwas anfängst und es eben nur wegen Cash machst, genau wie einfach streamen zum Mhm, Beispiel, genau. wie du einfach streamen, so, ja, boah, jetzt verdiene ich Cash. Nein. So, und von dem wird es dir keine Freude machen, es wird den Leuten keine Freude machen und es wird scheitern. So, du musst das ganze Streamen mit dem Community aufbauen, mit eben den Leuten ein gutes Gefühl. Du musst das alles können aufsaugen und das muss dir das geben, was sich lohnt. Aber ey, ich würde sagen, wir machen ganz kurz einen Break, es ist 11 Uhr. Ja, Ich würde gerne noch einen Kaffee holen. sicher. Ich mach. weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kannst du gerne Wasser noch schenken oder so? Wasser nachschenken. Und dann würden wir auch schnell ein bisschen etwas rippen. Ja, sicher. Würden noch ein bisschen weiter über die Collector Zone, über das Sammeln reden. Und wir würden natürlich auch auf ein paar Fragen aus dem Live-Chat eingehen, nach einem kurzen Break. Aber dann machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause und sehen uns, sage ich mal, ja, in 10 Minuten, bis ich Kaffee rausgelassen habe. Gut. Hören wir uns wieder. Danke, seid ihr alle da. Hey, bis gerade. Bleibt dran. So, liebe Leute, ich habe wieder Kaffee, ich bin happy. Du hast Wasser. Hast, Ja, ich habe bist Wasser. du so? Wasser. Sonst schreist wenn Ja, du ja, etwas- alles gut. wenn du etwas brauchst. Wir sind back. Jetzt wird etwas Script, würde ich sagen. Wir sind ja schon beim Thema, wir sind schon deep into the Collector Zone Ja, voll. reingedived eigentlich, ohne dass wir es direkt angestrebt haben, aber es ist so durch das ganze Community-Thema ist es entstanden. Jetzt werden wir auch etwas aufmachen. Du hast zwar vorhin schon gesagt, ja, eben,
die wird skyrocket, preislich wird sie steigen, die Box hier. Aber Bro, so sind wir eben nicht. Ja, logisch, 100%. So sind wir eben nicht. Wir werden die Box jetzt auftun. Da hat ein paar Booster drin. Ich mache sie vor allem auf für Promokarten, weil die einfach ausstellen da bei meiner Ausstellung. Und dann hat es ein paar Phantasmal Flames Booster drin, wo ich interessiert bin, sagen wir es mal so. Und dann hat es noch ein paar andere Booster drin, wo ich semi interessiert bin. Dort kann unter Umständen der Joe etwas mitnehmen, wo du von mir aus auch bei Collector Zone kannst verlosen. Du kannst auch ein Booster verlosen oder weiss nicht was. Geil. Eben, wenn es um das geht, oder? Einfach so zum Abschluss, was halt auch Community Also wir ausmacht. müssen es noch nicht abschließen, wir können es auch noch mal ein bisschen auftun, das Thema. Ja, nein, es ist für mich so, während du jetzt da gerade Boosters aufmachst und gerade so als Flanke zu Giveaways, oder? Ja. Ich meine, 9 Monate. Und wir haben so wunderbare Menschen kennengelernt. Also wirklich, ich meine, ich bin jetzt da rausgefahren und ich weiß es, dass du das mega schätzt. Und das Gleiche gilt auch für all die Leute, die wir kennengelernt haben auf unserem Weg bis jetzt. Ich meine, wir sind noch nirgends, wir sind am Start nach 9 Monaten. Aber Leute von Bern, die 2,5 Stunden zu der Location fahren, wo wir manchmal so jetzt 2 Tauschbörsen schon gemacht haben und den ganzen Tag dort viben, noch nie gesehen hast und du denkst dir so, wieso fährt die Person 2,5 Stunden für mich da? Bin ich würdig, ihm das nicht regretten zu lassen? Weißt, so, hoffentlich bereut er es nicht. Und wir haben so viele Leute auf unserem Weg kennengelernt und vor allem jetzt eben an der CardCon im April haben wir zum ersten Mal unsere Community kennengelernt, persönlich, eben nicht nur vom Chat lesen. Ja. Und da stehen sie dann vor dir, Roy. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war, aber sagen so, hey, ich bin der XY im Chat und sagst, oh, du bist es, weißt du, du stellst dir dann ganz anders vor. Ja, mal. Ich glaube, das ist fast bei allen gleich so. Weißt du, so, es ist so der Moment, und du sagst, hey, schau, ich habe da Messi für alles, was ihr macht und so, ich habe da noch etwas mitgenommen, wo du kannst vermurmeln und so. Hey, und weißt du, anstatt dass wir ihnen etwas geben, kommt einfach die ganze Zeit, also weißt du, wir gehen manchmal mit Säck heim, ja, da habe ich noch einen Slab. Ja, da habe ich noch japanische Vintage-Karten mitgenommen von Japan. Weißt, ich gehe auf Japan und dann, aber im Hinterkopf denke ich so, hey, ich muss etwas für die Community mitnehmen, weil ich möchte. Und wir sind so overwhelmed. Wirklich danke vielmals an alle, die jetzt da dabei sind oder uns noch nicht kennen oder schon lange dabei sind. Ich glaube, du bist genau gleich gepolt, du machst das von Herzen. 100%. Und für mich, das macht mich sprachlos. Weißt du, was ich meine? Es ist so, hey, wieso habe ich das verdient? Wir kennen uns gar nicht. Du gibst mir einen Slab, der vielleicht 30, 40 Franken, 50, 100 wert ist. Oder was auch immer. Aber du gibst ihn mir. Das ist halt mit von Herz. Es ist krass. Das Geld ist nicht so entscheidend. Ja, aber es ist Community-Denken. Und das ist das, was du auch ja mega anstrebst. Und das ist auch schön, wenn das so von der Community zurückkommt. Eben von uns aus ist es definitiv so. Und ich mache sehr gerne Giveaways. Also wenn ich etwas rausgeben kann, zurückgeben an die Community, dann mache ich das extrem gerne. Wenn ich jetzt so Insta-Giveaways abschießt, letztes Mal hat es mich schon fast angeschissen, dass jemand gewonnen hat, den ich nicht gerade aus der engen Community kenne. Ja. Aber es passiert halt auch. Manchmal machst du halt auch ein Giveaway, um eben zwischen mal die Reichweite ein bisschen zu pushen oder so. Es gibt auch andere Aspekte. Aber ich sage jetzt mal die geilen Sachen, so wie Unterschriften, die ich teilweise bekommen habe auf den Evo-Kärtchen und so, gebe ich einfach gerne, gerade auch den Leuten, die am meisten Freude haben dran. So, weißt du, was ich meine? Und das ist ein cooler Aspekt. Nebenbei habe ich hier gerade mega geile Mausmatte empfangen. Ja, letztes Mal gerade zwar eine gekauft am Hero Fest. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, dort oben drauf. Auch so eine Glurak-Mausmatte, einfach eine größere. Ja. Jetzt haben wir hier eine neue, für die jetzt als Podcast nur zulassen. Es ist eine Mausmatte mit einem Glurak. Ja. Wir müssen alles noch für die nur hören, weißt, jetzt beschreiben, dass sie nicht müssen, Playmatte. Ist eine Playmatte, sorry. Viele benutzen es als Mausmatte, aber eigentlich sind sie zum Spielen. Ja. Aber ist eigentlich auch der gleiche Stoff in dem Sinne? Ja. Oder? Ja, okay, fair, Playmatte. Ich bin halt nicht der. Aber ich spiele nur auf TCG-App, nicht physisch spiele ich nicht. Wegen dem habe ich mit Playmatte jetzt noch nicht viel zu tun gehabt. Aber verständlich. Ich muss auch schauen, wo ein guter Platz ist für die. Zuko ist so einer, weißt du? Nein, der Zuko grüßt gehen raus übrigens. Auch ein absoluter. Hallo, das ist TCG Playmatte. Richtig, keine Mausmatte. Anzeige ist raus. Entschuldigung. Steht aber Playmatte? Nein, Es ist nicht definiert, ist nicht angeschrieben.
Liebe. Gut, dann haben wir hier natürlich alle Utensilien, die es braucht, eben um das TCG zu spielen. Wir haben einen Coin, wir haben Würfel, wir haben Sleeves, wir haben eine coole Box übrigens. Ja. Sehr eine coole Box. Die lasse ich jetzt mal noch zu. Und wir, aber aus Zeitvertrieb habe ich eigentlich die Booster hier, die wir uns jetzt ein bisschen auftun können. Ja, jetzt zuerst habe ich überlegt, so eine Topcam installieren. Aber wir hocken beide nicht gerade so mega nah am Tisch. Ja. Das ist auch Nonsens. So. Ich glaube, wir machen es einfach an unseren Plätzen ein bisschen ein Pack nach dem anderen auf. Wir haben hier verschiedenste Sets. Ich glaube, bei diesen Sets kennst du dich auch sogar ein bisschen besser aus als ich. Nein, ziemlich sicher kennst du dich besser aus. Wahrscheinlich auch bei Phantasmal Flames. Obwohl, bei dem habe ich mich jetzt schon gut damit auseinandergesetzt. Ich muss sagen, Phantasmal Flames, ja, also wirklich, ich finde das Set halt wirklich nur extrem geil wegen dem Glurak. Ja. Es gibt andere Sets, wo ich mehrere Karten gut finde, die ich schon gekauft habe. Aber jetzt beim Phantasmal Flames und weil ich halt den Mega Glurak X, übrigens Y ist auch schön. Kommt übrigens bald mal wieder eins, anscheinend. Schon? Das ist Charizard Y. Ja. Okay. Aber ich bin vom X halt ein riesen Fan, weil ich einfach das Blau finde ich einfach brutal. Das blaue Feuer, das flasht mich. Und wir haben so Journey Together, wir haben Distant Rivals, genau. Das ist eigentlich so das ursprünglich angekündigte Team Rocket Set, was mal geheißen hat. Ich habe mich mega gefreut auf das Team Rocket Set. Und dann ist es irgendwie so, ja, es ist so ein, es ist okay, Team Rocket Set. Es ist so, es ist nicht das, eigentlich, was die Leute erwartet haben, aber ich meine, im Japanischen ist es mega durch die Decke das teuerste Set überhaupt gewesen. The Glory of Team Rocket hat es im Japanischen geheißen. Und das war eine riesige Bubble gewesen. Ich glaube, nach so vielen Jahren ist noch nie eine japanische Box, die sonst immer ein bisschen preisfreundlicher ist, so teuer explodiert. Ja. Aber ja. Für mich einfach gehofft, dass es ein bisschen mehr Anlehnung hat als Team Rocket Set von früher. So aber im Englischen hebt sich jetzt noch gut, übrigens. So, eben, wenn wir so für die Sammler unter uns, die das jetzt irgendwie noch daheim haben, sealed, es hebt sich extrem gut. Im Preis ist mega teuer geworden. Halt auch wegen Mewtwo. Oder? Aber ja, so eins wie du meinst, das richtige Team Rocket Set von früher, das ist halt der Dark Charizard und all die Dark, ja, aber eben in der heutigen Zeit darfst du das leider nicht mehr verwenden, Dark. Ist es wegen dem? Ja, auch. Ja. Ja, das ist ein bisschen... Ist halt so. Weil, ist so. Okay. Also, lassen wir es mal so. Was willst du zuerst aufmachen? Hey, ich würde sagen, außer Phantasmal Flames machen wir fix alle auf, aber ich würde sagen, du kannst 2 von den anderen Booster nehmen, egal welche, wo du bei dir kannst das Giveaway machen. Wenn jetzt ein paar von Collectors rum sind, komm, der Chat soll entscheiden. Also was wir haben da? Journey Together, wir haben Mega Evolution und Distant Rivals. Du kannst auch 2, es müssen nicht 2 unterschiedliche sein, du kannst auch 2 Distant Rivals oder Mega Evolution oder Journey Together, was du willst. Rippen alles. Rippen alles? Ausrufen. Wir können ja auch alles rippen und die Karten irgendwie machen. Das ist mir egal. Wir wollen murmeln. Ja, kein Murmeln. Dann müsst auch, das wollte ich im Fall vorhin noch sagen. Wo du geredet hast, eben bei dir. Übrigens, da ist noch die Promokarte Charizard. Die kommt dort ja extra einen Spot offen gelassen. Du siehst es ist noch ein Sealed Inferno X Display ist dort. Oben habe ich jetzt noch ein Sealed Phantasmal Flames Englisch Display. Bleibt auch sealed. Ich habe nämlich 4 Inferno X Display auf da. Kein Glurak, denke ich, schießt mir an. Ich habe das nicht mehr. 4? Ja. Wow. Ich habe das nicht mehr jetzt aufgegeben. Ich lasse jetzt sealed. Ja, und bin zufrieden mit der. Ja. Ich glaube, wenn du noch ein bisschen wartest, dann wird die auch affordable, falls sie dir einfach mal zulegen will. So viel wie sie jetzt gerade gezogen wird, der Preis ist extrem gestürzt in den letzten paar Tagen. Ja. Weil es der Hype ist auch riesig. Ja, und vor allem, also weißt, im Japanischen ist sie im Fall recht selten zum Ziehen. Und im Englischen sehe ich sie überall. Und eigentlich ist es nie so. Eigentlich ist es eben umgekehrt. Dabei ist sie eigentlich im Englischen weniger schön. Weißt du wieso? Wegen der Schrift. Auf der Glumanda. Glumanda sind Augen. Ja. Augen sind immer alles. Wenn auch gross in Japanisch hinten ausgedruckt. Ja. Dann habe ich sie so für mich, weißt du? Ja, das stimmt. Wir haben das Glück und sie könnte ja in einem von diesen Displays sein, die ich für immer nicht aufmachen will. Wir laden bald noch unser Reel auf. Wir haben das Glück gehabt, 2 On-Streams zu ziehen. Und einer von unserer Community, der bei uns die Box gekauft hat, hat sie daheim noch gezogen. Das heisst, 3 Chari haben wir eigentlich gehabt. Ja. Und selber haben wir es jetzt im Englischen gezogen.
Also da hat mein Bruder wirklich das goldige Händchen gehabt für auswählen, welches er will. Und dort hat er die Full Art schon. Also in einem Display ist die Full Art rausgekommen. Mega Charizard, Sir. Und was haben wir noch gehabt? EX-Karte von Chari. Ja, alle drei. Nur noch das goldige fehlt. Goldige. Ja. Aber finde ich persönlich nicht so schön. Ich weiß nicht, wie du zu goldigen Karten goldige stehst. bin ich nicht so. Ich habe nur dort die Promo-Karten, Ja. was man gibt, Pikachu und Ja. Glurak. Die sind okay, die Metallkarten Ja, ja. in Gold. Aber sonst bin ich auch nicht so der Gold-Karte, bin ich nicht ein riesen Fan. Lieber Full Art oder irgend so etwas Schönes. Hey, aber ich würde dir sagen, du darfst eins aussuchen, wenn du etwas auftun willst. Wir tun jetzt chillig einfach nebenbei ein bisschen rippen. Wir schnurren ein bisschen über Themen, die sich noch ergeben. Ich wollte eigentlich vorhin noch darauf eingehen. Nimm du nur, was du willst. Eigentlich vorhin noch darauf eingehen, aber du hast jetzt, sage ich mal, relativ viel Werbung gemacht, für dass du gute Preise hast. Ja. Aber ich einfach noch sagen, für alle Pissas draussen, die jetzt denken, sie gehen beim Joe günstige Sachen bestellen, die bekommen es nicht so einfach. Ihr müsst beim Joe, bei der Collector Zone, in den Stream gehen. Ihr müsst euch zuerst ein bisschen die Community integrieren, müsst ein bisschen schauen, ob ihr vibet und dann wird entschieden, ob ihr dann dort das bekommt, was ihr bekommt. Von dem her, es ist nicht einfach, ihr könnt auch nicht reinsäckeln und das Zeug räumen. Hm? Einfach, dass das mal klargestellt ist. Aber wer durchaus einfach interessiert ist, mal etwas zu einem fairen Preis zu bekommen, sich in eine geile TCG-Community zu integrieren, ein bisschen ab und zu in den Stream hineinzuschauen, sehr gerne bei der Collector Zone in die Livestreams hineinschauen. No. Sie machen sehr aktive Instagram-Stories, wenn sie live sind. Von dem her könnt ihr nichts verpassen. Also folgt ihnen auf jeden Fall auf allen Socials. Die jetzt so bei YouTube noch dabei sind, im Nachschauen. Es sind natürlich alle Links in der Videobeschreibung da unten. Yes, massive mal, ja. Was haben wir da? Du hast jetzt Journey Together aufgetan. Mhm. Basic Energy. Ich weiss, bei Journey Together, ich bin gar nicht into Journey Together. Was haben wir da für... Ich habe es wahrscheinlich schon mal angeschaut, das Set. Clefairy. Lily's Clefairy. Ist, was hast du für ein Booster Artwork? Das ist Jonas Clefairy. Yellow Bolt. Ah, wir haben Seishion, Da, wir haben... da, sie. Das ist Ja. das ist der Hand. Ja. Okay, Journey Und vor Together. allem, ich finde, genau, Pipi Pipi. auf Deutsch. Ich finde, es ist eines von diesen Sets. Der Gnome wartet immer so aufs Wii-Senior. Ja, das ist in diesem Set drin. Ich finde es ein mega underrated Set, weil es ist Pokémon und ihre Trainer. Und ich finde Artworks, wo Pokémon mit ihren Trainern drauf sind, finde ich immer nice. Schon. Ja, ich finde es nice. Also das heißt wirklich so, es gibt Art Rares, Illustration, also wie es gemacht ist, mega herzig. Wirklich mega herzig. Nicht alle. Ich fühle auch. Nicht, Ja. Ich sage auch nicht alle. Ja. Und jetzt zum Beispiel, wie haben die früher geheißen, wo die Trainer abgebildet waren? Wie hat das Set geheißen? Schlecht Motto. Wie hat das Set geheißen von früher? Ich meinte etwas mit dem. Es erinnert mich immer an Pokémon Stadium, aber es ist nicht Stadium. Nur Trainer. Nein, es ist einfach auf der Karte ist jeweils immer noch so ein kleines Bild vom Trainer. Also da, schau. Jemand vom Chat weiss es sicher. Ja, so mäßig. Ja, Mhm, genau, eigentlich mhm. so ähnlich. Aber so ein älteres nicht- Set. Genau, das ältere Set. Dort habe ich es immer sehr geil gefunden. So Blaine's Charizard. Mhm. Kennst Ja. Team Rocket, sag ich jetzt. Von früher. du? Jim. Jim hier. ja. Jim, meine ich. Jim, genau. Blaine's Charizard ist ja, glaube ich, vom Jim, oder? Und jetzt aber, ich habe dort mal so eine Promokarte gelegt, Glurak-Ding mit dem Aha. Trainer. Das habe ich mich nicht geflasht. Nicht? Nein. Und schau da, was es hat. Du kannst uns Ja. natürlich auch in Cam zeigen, aber du musst halt reden, dass deine Cam aktiv ist. Also warte, ich muss da schnell Levincia. Aloan Marovac. Haben wir da einen Kartentrick? Einfach Energy Eine führen? für ja. Magiarna. Reverse Holo. Hobbs Choice Band. Ich hasse so gut, so Special Rares, Illus, so Gutzli oder ein Ballon oder da zum Beispiel irgendwie so ein Kung die Fu Items. Kopfband. Ich hasse das. wenn der Hit in der Box oder ein Slot von den Hits. Was hast Bro, das ist immer einer der geilsten Namen, die ich je gelesen habe. Was ist? Ja, Todschool. Ich habe direkt gelesen, Todescool. Todeschool, ja. Todescool. Ja, Bro, es gibt ja auch so viel. Ich muss ja wirklich sagen, ich setze mich immer noch eigentlich nur mit der ersten und vielleicht noch ein bisschen zweiten Generation Pokémons auseinander. Mit der neuen bin ich gar nicht
bin ich gar nicht so into. Ja, bist du nicht warm Klar, geworden, ja, bitte. durch das TCG dann immer ein bisschen mehr. Ein paar Karten, wo ich gemerkt habe, hey, geile Attacken oder geile Dings. Aber ich bin für sonst Ultra First Generation, Second Generation. Also- Escavalier, Zauplatz am See. Zum Fischpick, was er da geschrieben hat. Ich bin leider vor ein paar Jahren ausgestiegen. Die Geldmacherei hat mich einfach aufgeregt. Alle 6 Monate ein neues modern bauen ist mir zu teuer geworden. Ist jetzt im Fall übrigens noch schlimmer geworden. Die Pace, die Pokémon gerade hat, ist krass. alle 1,5 Monate kommt ein neues Set. Und vor allem auch wenn du irgendwo, ich sage mal, ein Business hast, wo du sagst, hey, du willst ja den Leuten etwas bieten, aber vielleicht dein Portemonnaie ist nicht so groß, aber du musst irgendwie nachziehen, weil die Leute fragen danach, du musst es haben, Ja. ist für so kleine Buden, so wie wir es auch sind, extrem schwierig geworden. Also, Kannst du also, von allem einfach... du kannst nicht skippen. Es ist so, jeden Monat kommt irgendein Set, das muss ich haben. Oh, jetzt, weißt, Also also, mit jetzt noch Japanisch, aber ja alle. Das ist es früher das ist ja nicht so... ist immer schon so gewesen. Schon. Japanisch kommt immer vor Englisch, ja. Ja, aber ich meine, dass die japanischen Karten so gefragt sind in der Aha, Schweiz ja. jetzt. Ja, weil das einfach nicht preislich wegen ist es der einfach Preis. affordable, ja. Ja. Aber auch, ich finde es schön, weil die Qualität, der Druck 100%. und der Schnitt, das ist eben bei den Englischen so krass, ist bei den Englischen richtig krass. Und Japan, ihre Druckmaschinen und auch die Einstellungen besser gesagt, weil Druckmaschinen sind, glaube ich, überall gleich, geben sie nicht raus. Weil aus dem Grund, das ist das grösste Benefit, wo japanische Ja, Karten die ja. sind relativ gut zentriert und relativ gut geschnitten. Manchmal, stell dir vor, du hast so ein Charizard auf Englisch, es ist der Grail vom Set, aber du hast der Ding, der Border ist Bern Basel, so dünn wie ein Flammkuchen, links und rechts ist so fast eine Großmutterpizza. Und dann noch kommst du fettes das Herz. Whitening. Ja, genau. Kommst wirklich die ganze Kombo, fettes Herzkrise. Nein, ja schon, also ich habe vor 5 Jahren, 4-5 Jahren, habe ich die Entdeckung auch gemacht mit den japanischen Displays, vorher auch gar nicht kennt in dem Ja. Sinn. Aber ja nur die Oldschool 1996er japanischen Karten kennt mit der geilen Rückseite. Die neue Rückseite denke ich mir halt scheiße von den Ja. japanischen. Aber es ist auch okay. Und dort oben in der obersten Reihe im Hintergrund siehst du ein bisschen, habe doch relativ viel, auch Tagbolt japanisch, relativ viele japanische Sets auch gekauft. Und es macht unheimlich viel Spaß. Wäre natürlich gleich schön, wenn ein bisschen mehr Karten pro Booster drin wären. Aber du, es ist trotzdem okay. Ja. Celebrations ist auch schön beim Hintergrund. Celebrations, Das ist ganz herzig. Celebrations auch schön. Ja. Das ist bis jetzt das einzige Sealed Product, das ich hatte. Wirklich? Ja. Ich glaube, Tali würde es mega freuen. Sie ist, glaube ich, mega Pikachu-Fan. Celebrations Pikachu Box. Aber ich bin halt mega Pikachu-Fan, wegen dem würde ich es nicht Wirklich? hergeben. Ja. Ja, Pikachu ist. Tattoo hast du ja gesehen, oder? Ja, also das habe ich noch nicht gesehen. Ah, krass. Geil. Ja, Pikachu ist. Ja. Ist halt wirklich, aber auch Was eins ist von dein den Favorite Pokémon? Chari. Chari schon. Charizard, ja. Aber ich Ich finde weiss. Pikachu auch extrem süß. Wenn du jetzt so Top 3 müsstest sagen? Ich würde sagen Pikachu, also Charizard, Platz 1, dann Pikachu und viele sagen jetzt so, eben, unter vielen ist auch Gengar so ein Thema. Ja. Ich finde jetzt so von der Cuteness, obwohl es eigentlich auch eine Sad Story drin hat, Stragosso. Anastasia EX. Ah, ja. Man sieht es Tragosso. auch, man sieht es auch nicht. Tragosso? Ja, der mit dem Schädel da. Wo Ja. aussieht, das hat so einen, Ja, ja. also anscheinend der Schädel von Mami. Dreht Ja, um, das ist ja eigentlich ein Glumanda. Sagt man, aber das stimmt eigentlich nicht. Nein, nein, Und auch, nein. dass es irgendwie ein Charizard, dass Aber- Charizard die Mutter war und so. Tragosso, ich finde Tragosso auch sehr geil. Gerade, Detective Pikachu, hast du gesehen? Ja. Dort eine von der ersten Szenen, wo er das Tragosso einbaut. Genau. Er ist so herzig Ja. und er macht ihn kaputt. Tragosso. Aber ich sage jetzt, unter so. Letztes Mal habe ich so gesagt, wir es mal in einer Chat Diskussionen gegeben. Beim Bert, ich tue die jetzt call-outen, beim Bert jetzt mal die ist auch recht Pokémon-Fan. Mhm. Und unter so ein bisschen den Hardcore-Pokémon-Fans sind wir wirklich so. Ich glaube, wenn du die 3 Lieblings-Pokémon nennst, sagen sie so, Bro, was bist du für einen? So, Mainstream. ja, du bist ein richtiger Noob, Bro, gar nicht auseinander. Aber ich muss sagen, so, lass mich doch einfach, Ja, lass mich doch ja, einfach voll. meine Lieblings-Pokémon, Ja. ist doch scheißegal, welche das ich habe, weißt du? Dann sind sie immer so auf eben Vibe, Community, dies, das, aber wenn du halt 3
Mainstream-Pokémon Ja. als Lieblings-Pokémon hast, bist du so abgestempelt. Weißt du, so, lass mich doch so meine Lieblings-Pokémon Es sind haben. nämlich im Fall gerade so, unser Guru, der Gianluca, Sword of Woman, der ist mega Lugia-Fan. Ich liebe so, auch Lugia. Lugia ist eben, ja, habe ich ja gesehen, da vom der Slap, wo da drin ist, Mhm. oder die Karte. Er weiß, ich liebe Chari, er hat mir auch schon 2 Chari-Karten geschenkt, aber eben die jetzigen Sets sind alle auf Chari angelehnt, das jetzt und anscheinend schon gespoilert für jetzt das nächste Set, das kommt, ist wieder das Y wahrscheinlich Chari drin und er kann es nicht mehr sehen, er sagt, die Uhren Ja. Echsen und so, völlig am Melken und darum, ich kann mir vorstellen, dass genau so einer, weißt du, das gesagt hat, so, Ja. du bist so ein Noob, es gibt Gut, so aber viel... Lugia ist auch immer noch Mainstream. Ja, Lugia ist auch immer noch Mainstream, aber nicht ganz so wie Charizard natürlich. geil, wie du es machst, einfach auf Biberisch ohne Halt. Ja, ruf mal, ich komm mal. Der Das Alfie. Ja. Das Ja, ist durch Biberisch, genau. Rayquaza. Eben Rayquaza ist dann so eher auch New Gen. Aber dann dort in dieser Community von Bär ist natürlich die ganz spezielle kleine von denen, was hat es inzwischen? Jetzt über 1000 schon jetzt. Pokémons? Oder sind wir irgendwo 950 oder was sind wir? Verschiedene Pokémons? Ja. Da gibt's da gibt's wahrscheinlich schon, ich sage jetzt schon mehr als 1000, Chat, oder? Also, aber ich glaube, Pokédex. ich hatte das Gefühl, vor einem Jahr, 2 sind wir noch unter 1000 gewesen. Ah, siehst du, 1025. Ja. Jetzt haben wir gerade Ding. Danke, Thomas. Und eben, das ist natürlich so eine grosse Auswahl. Da kann jeder das aussuchen, was ihm am besten gefällt. Und ich bin ein riesen Mew-Fan. Ja, Mew, ist auch mega herzig, finde ich. auch der erste Graded, den ich gekauft habe, oben in der Mitte, der 8er Ja. Movie Mew. Da habe ich gekauft, ich habe früher die Karte immer wollen. Und ein Kollege hat sie gekauft auf dem Schulplatz und du hast die nicht können tauschen mit ihm, das unmöglich, oder? Der hat es einfach geflext und der denkt, fuck you. Aber jetzt, so nach Jahren, habe ich gesagt, ich kaufe mir jetzt, die haben mir scheißegal, also, ob es nur ein 8 ist, weil das 10 ist verdammt teuer, aber ich will es in einem Slab drin haben. Hauptsache Karten. Habe ich mir es in einem 8 gekauft. Sind wir immer noch beide bei Journey Together, hä? Ja, ich habe da vor Ans Reshiram oder Reshiram gezogen. Reshiram? Ja, finde ich ja mega schön. Hat ja auch eben Die jetzt durch, Full White Karte. genau, durch die Artworks jetzt hat es ja auch verschiedene Raritätsstufen dazu gegeben bei Pokémon, was ich eigentlich mega geil finde. Da war das rote Victini in diesem Set, die ganz weiße Reshiram-Karte und die ganz schwarze Zekrom-Karte. Ich meine auch 2 mega geile Pokémons. Ich weiß nicht, also da im Chat auch an Fishpick, was ist so dein Lieblings-Pokémon? Würde mich auch wundern, sonst, was die anderen so sagen. Ja, halt mal Quasi ein haben wir Lieblings-Pokémon. Top 3. Und mit bitte anschreiben 1, 2, 3 oder einfach der Reihenfolge noch. gesagt. Sonst wäre der Band. Sonst gibt es Perma. Aber jetzt tatsächlich nichts. Ah, ja, noch ein Kilowatt-Trail. Ich habe da, der Bruder ist auf seinem eigenen Trip Parasect. Weißt du die Geschichte eigentlich von ihm? Nein, aber ist das Gen 1, oder? Ja, Oder das zwei. ist, er ist befallen von einem Pilz und der Pilz steuert ihn. Er ist also Ah, er schon? er ist besessen. Darum, schau mal, er sieht aus, keine Pupille, nichts. Hinten hat es nochmal eine, aber ich glaube nur ein Holo. Dabei ist Sieht schon ein Shiggy, bisschen flashy aus. der Tung Tung in seiner V-Form. Das Blindfang. Tung Tung Sahur. Kennst du den Tung Tung Sahur? Nein. Italian Brainrot. Sagt ihr das etwas? Nein, Bro, Brainrot bin ich wirklich alt. Ich habe das Thema schon mal gehabt. im Nein, wieso? Podcast. Brainrot bin ich alt, Bro. Ich check's nicht. Ich steige nicht. Das ist wirklich, also... Ich glaube, es ist einfacher, wenn man ein 9-jähriges Kind hat, dort das lustig zu finden. Ja. Als, Also, eigentlich der Flex bei wo dem bist du jetzt in der Ganzen- Destiny? Ja. Der Flex bei dem Ganzen ist, sind Italiener gewesen, und die haben mit künstlicher Intelligenz ein ganzes Set rausgebracht. Also wirklich geniale Idee. Niemand wäre wahrscheinlich jemals drauf gekommen, um zu sagen, liebes ChatGPT oder whatever, erstell mir ein komplettes TCG-Set und mit Artworks und allem, Attacken, Namen, alles. Hey, das Teil hat jetzt rausgespuckt. Die sind viral gegangen. Ah, das ist eigentlich ein TCG. Ist das TCG, ja. Okay. Und die haben das Geld für ihr Leben gemacht. Das erste Set war irgendwie so, so überall auf TikTok, hast du es einfach gesehen. Das zweite Set, jetzt sind schon mittlerweile 3 Sets rausgekommen von dem Italian Brainrot.
Das zweite Set ist dann so krass, dass sogar auf Sky Werbung zwischen dem Match gemacht wurde. Also musst du dir mal vorstellen, wie viel Geld die gemacht haben. Aber das ist nicht mit dem. Wie heissen die Figuren dort so? Der Tung 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 Sahur und so, der Brr Patapim. Wenn wir schon bei dem sind, ich zeige euch nachher schnell etwas. Ich schwöre. Ja, nur immer, ich habe das natürlich so ein bisschen mitbekommen. Ja. Und jetzt nicht noch deutsche. Kommt das auch von dort, so die deutschen Brainrot-Sachen? Nein, es ist eigentlich auch nur Englisch oder Italienisch. Irgendwas mit einem Flugzeug gibt es noch. Ja, es gibt. Was gibt es noch? Unser Chat weiß. Aber wir haben jetzt die Lieblings-Pikachu, Ja, die Pikachu. Lieblings-Pokémon. Pikachu, Celebi, Nachtara. Wir Ja. haben oben dran noch Rayquaza gesehen gerade. Gengar. Ja, über den Tal. Ich sehe nur was so der untere. Ja, Und das Gengar. dritte kann ich leider nicht lesen. Wir haben es verpasst ein bisschen. Ja, so schlecht. So schlecht. Aber Celebi auch sehr herzlich. Vorher habe ich noch gesehen, vorher hat noch jemand geschrieben, Shiggy, Ja, dann Bliplup. ja. Das ist ein sehr wassertendierter. Sehr. Aber das dritte habe ich dann nicht mehr lesen. Oh, Team Pichu auch Rockets. geil, empfehle ich auch. Ja, mega herzig. Hast du eigentlich gewusst, dass du... Ethans, Shoutout an Ethan Meichtri. Ethan, das ist dies. Hast du... Ich habe das lange nicht gewusst, dass es eine weibliche Form von Pikachu gibt. Hast du das gewusst? Nein, Weißt du es nicht? nein. Und das finden wir nur raus, weil das Schwanzende Herzform hat. So wie ein Herz. Ah, schon? Und das ist habe ich- weibliche Pikachu. Ich habe es nicht gewusst. Das aber ich habe es auch noch nie gesehen. Wow, Kann das ich ist der so- OG Crustle. Irgend so ein Krebs mit einer Schatztruhe. Ist das wieder eine Entwicklung vom Ding, nicht? Oder? Ja, von wieder dem in der Pilz irgendwie. In der Muschel ist der erste. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, okay. Zeigen mal Dragoso Chinesisch in Love. Ja, das ist mega. Eben Dragoso ist wirklich. Mega Evolution da aufmachen. Du, Oh, da, Misties. Ja, aber die Hits fehlen da Army. noch, hä? Gut für den Deckel. Ja, jetzt haben wir keine heute. Oh, ich glaube schon. Rapidash Also nur schon- finde ich übrigens auch sehr geiles Pokémon. Galoppa. Nur schon der Podcast ist ein Hit. Der Podcast ist Ist ein Keiben-Hit. radikal. Ja. Team Rockets, radikal, so geil. Gut, Team Rockets, muss ich jetzt sagen, das gefällt mir mit dem Rocket-Ding da. Mit dem roten R drauf. Das Ja. hat irgendwie etwas. Was ich noch sagen wollte, ist, ich fühle es mega bei dir, dass du da ein bisschen so das Swissness mega feierst. Weißt du, ja, voll, weißt du, deine Playlist. Weißt du, es ist nicht so. Also ich bin DJ zum Beispiel, bei uns laufen so ein bisschen Ah, Afro-House und House und so. Nein, einfach so ein bisschen der Algorithmus, von dem, was nicht los ist, halt so ein bisschen so. Das, wo jetzt so keine Musik, alles Zeug. Ja. Aber bei dir ist es so, weißt du, ich bin ins Streaming gekommen und ich habe das super geil gefunden. Der spielt nicht nur mit den Schweizer Spielern, ist so, also das Aushängeschild von der Swissness, sondern im Hintergrund laufen irgendwelche Schweizer Hits und was auch immer. Und Ja, gut, auch nicht immer. nicht immer, aber Ich höre privat sehr viel Schweizer Rap zum Beispiel. Ja. Also es läuft oft auch so ein bisschen Schweizer Rap oder ein bisschen so Stereolux oder so Ja. etwas. Oder Hecht manchmal Ja. zwischendurch, so ein bisschen gute Laune. Patent auch. Ochsner auch und so. Patent Ochsner, Bang, zwischendurch so eine Scharlachrot. Nein, Ah, das fühle ich tatsächlich auch. Oh, Kadabra. Ich finde das Artwork mega geil. Sieht Einfach. sehr Das schön Pokémon aus. ist geil auch. Könnte Ja. man gut in ein Full Art umwandeln. Es Dann- gibt nur viele so kleine Artworks, die man gut in einem Full Art, die ich gut in einem Full Mhm. Art würde sehen. Genau. Aber ich höre auch sehr viel so einfach 60s und 70s Mhm. im Hintergrund, so, weil es halt chillig ist. Und übrigens, geh mal, eben, wir sind zwar auf seinem Channel, aber die von unserer Community, gehen die mal zuschauen. Es macht extrem Spaß. Spielt jetzt keine Rolle, ob jetzt Game Content oder nicht, aber auch seine Features, das haben wir auch mal besprochen, schon 2-3 Mal mit dem VAR und das Zeug. Aha, Einfach ja. die Interaktivität, die Ja. man hat. Dort habe ich auch gewusst und gemerkt, er weiß, was er macht. Weil es gibt nichts Schlimmes als, klar, weißt, wenn man riesig ist und so, kann man nicht mehr so den Chat lesen die ganze Zeit oder nicht so gut wie am Anfang. Aber schlussendlich darf man die Leute nicht vergessen, eine Ja. Community, die Zeit investiert, dich schauen und hören. Und ich glaube, mit so kleinen Gimmicks ist es einfach geil, weißt, so, jeder kann dir auch noch den Abend ein bisschen mitgestalten. Ob es jetzt Definitiv. Sounds sind, eben, die bei uns immer da gespammt werden, da du redest da so gross kurz, ich bin der, weißt, so ein bisschen vor live und so. Aber das macht es dann aus, weißt, weil die Leute schauen zu und können mit den Punkten auch
etwas machen. Ja. Und eben, ich bin ja schon ein paar Mal timeoutet worden vom Bar in deinem Chat. Ich glaube, ich kann nur einmal von all diesen Mal, hat der Schiri gesagt, ist nichts gewesen, aber sonst bin ich schon jedes Mal irgendwie so 10, wie viel ist der Timer? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. Ja, bist du alt. crazy. Und ich wollte die ganze Zeit irgendwelches Zeug hineinschreiben, aber bin einfach timeoutet worden. Da müsst ihr Ja. unbedingt reinschauen, es Also macht jetzt- mega Spaß. Auf dem Stream jetzt kann man es gerade nicht, weil ja die Sachen deaktiviert bei Livestreams, bei Podcasts kann man Ja. nicht die Sachen aktivieren. Aber sonst, wenn wir IEFC oder so streamen, vielleicht Erklärung schnell zum VAR. Aber wir sind, bei uns geht auch viel um Respekt und Umgang und bei uns gehört es sich, wenn du bei mir zuerst mal in den Stream kommst, akzeptierst du, dass du zuerst Heu schreibst im Chat, bevor Das du ist richtig, ja, irgendetwas... das stimmt, ja. Genau. Weil ich habe immer den Vergleich gemacht mit, wenn du in die Kabine kommst beim Fußball, sagst du auch zuerst jedem Heu, Zusammen, ja. bevor du irgendwie dumme Genau. Schnurren hast. Oder? Das ist wichtig. Nein, darfst du dumme Schnurren haben, ist okay, aber zuerst muss man Heu sagen. Und dann haben wir gedacht, was kann man machen gegen Leute, die so die Regeln nicht akzeptieren im Chat mit Nachrichten, und die sich auf Fußball beziehen. Dann ein bisschen. Und für das habe ich den VAR entwickelt, den Chat-VAR. Und dann kann ein Mod ein VAR auslösen auf eine bestimmte Person. Und dann kommt halt so eine Animation, wo der Schiri den Chat anschaut. Und dann gibt es so eine 50-50 Chance, was er entscheidet. Machen nicht wir. Also wir am Schluss übernehmen die Mods und ich keine Verantwortung dafür, ob du timeoutet wirst oder nicht. Manchmal schaue ich dann auch noch mal ein bisschen drüber, schauen, so ist es berechtigt oder nicht. Manchmal schauen wir es auch wieder aufheben. Bei dir haben wir es sicher auch schon mal wieder aufgehoben. Nice. Aber wir lernen es dann auch. Was hast du da? Mega Abomasnov. Mega Abomasnow. Ja. Sieht noch extra. nice aus. Ja. Mir gefällt das Also, immer, wenn da genau. die Attacken so ein bisschen über Und ich finde auch, bei diesen neuen EX-Karten haben sie richtig geil gemacht, weil sie haben die gleiche Textur verwendet wie die grossen Hits. Also der Rand. Genau, Kann aber, dich eben ein ja. bisschen baiten. Weißt du, manchmal Ja. schaust, wenn du so ein bisschen spienzeln würdest, sagst du, da ist vielleicht etwas, aber Aber dann ist es irgendwie einfach nur etwas eine EX-Karte. Chilliges. Team Rockets Fluffy und Team Rockets. Wohin genau? Wo Buffett? Ja, wohin genau, ist geil. Wohin? First Message, Ausrufezeichen Play. Ja, das ist bei uns manchmal so. Kaum sind wir im Murmeln, zum ersten Mal gechattet, einfach Ausrufezeichen Play, dann sagen wir, ey, ja, geht's rein? Dann, dass du fragst, wie es uns geht und so, Direkt merci und so, hoffe, Warcheck. geht dir gut und so, einfach Ausrufezeichen Play. Oh, das ist aber ein schönes Bonita, muss ich jetzt auch sagen. Ja, das ist auch ein schönes Pokémon. Phantasmal gehen wir am Schluss drin. Ja, 100%. In the hope. In the hope. Da gibt es in dem Fall auch amigs Fehlentscheidungen. Ja, es ist wieder wahr im echten Fußball. Es gibt manchmal und öfters auch Fehlentscheidungen. Ja. Mega schön. Evans Typhlosion. Finde ich auch ein super geiles Pokémon. Oh yes! Ich weiss noch, das ist die zweite Gen, oder? Ja. Der hat eine mega schöne Karte damals im Basisset 2. Habe ich leider nicht eher aufzumachen. Ja, aufmachen auch nicht, aber ich bin natürlich alle recherchieren. Und wie heisst das schon wieder, Typhlosion auf Deutsch? Ich sammle eben nicht Deutsch. Was ist Typhlosion auf Deutsch, Chat? Und vor allem, oder wie heisst das Pokémon auf Deutsch? Mir kommt's Vor allem gerade nicht in den Sinn. Ich im, weiss, Feuerigel ist der erste Ja, von dem. genau. Aber Und, im Journey Together hat es eine mega schöne alte Art von dem. Tornupto, genau, Tornupto. Tornupto. Ich sammle nicht Englisch. Play. Ist ja auch nicht auf dich bezogen gewesen, genau. Schau mal, das ist der Trump. Also jetzt da siehst du es nicht richtig, aber wenn er steht, hat er so eine hure geile Mähne. Ja. Die Die Jungus. Blonde Mähne. Rayon. Da, schau, so Sachen finde ich, so Rare Candy, Ja. finde ich einfach auch etwas. Es ist einfach etwas. Habe ich da etwas? Ja, mal schauen. Pokémon Center Lady, jetzt an dich, Roy. Smash oder Pass? Da darfst du smashen, weil also es ist sicher volljährig, so wie sie aussieht. Ja, Bro, schon Smash. Smash. Aber, Bro, von all diesen Charakteren im Pokémon, von diesen weiblichen Charakteren, gibt es einen, der nicht Smash sagst? Ja, manchmal verurteilen sie mich, weil sie sieht nicht aus wie ein Kind, aber sie ist irgendwie 12 Ja, oder so. Dann sagt sie, «Weiss ich unabhängig von nicht.» dem Aha. jetzt sage ich. Ja, unabhängig von dem, klar, dann ist es schwierig. Also, Jetzt gut, da kann man jetzt drüber reden vielleicht. nein, das nicht. Also, sie sicher nicht. Sie ist noch ein Asreola. Kid. Ja. Nein, Aber- das ist doch kein King, Bro. Mal, eben Ja, da anscheinend kannst du schon. nicht sagen. Aber was ich... Held a message for reason. Englische Kopfverteilung, wir sind da in der Schweiz.
Ja. Du, Englisch. Was wollte ich sagen? Ich kann irgendwie meinen Algorithmus auf Insta zeigt mir zwar schon, zwar schon Pokémon-Sachen, aber ein paar Kollegen schicken mir dann immer so hure komisches Zeug und dann schaue ich es an und irgendwann, eben wenn man so ein bisschen über Smash, ja, Rare Candy, Holo, kommt plötzlich Team Rocket, Jesse. Einfach so in der Unterwäsche, Dessous und so. Ja. Völlig übertrieben Mit der gezeichnet. KI jetzt neu. Ja, Auch völlig schon über. Also, Shoutout als KI, absolut Smash, man. Jesse war absolut ein Smash, man, als ich den gesehen habe. Wirklich krass. Schau mit dem Team Rocket Outfit, weißt du, was ich Das meine? habe ich schon so sehr. Sorry, Mann. Ja. Übrigens, jetzt so, wenn ich jetzt da den Chat lese. Also, schau da, der Sword of Omen, das ist unser Guru. Der Gianluca. Shoutout geht raus an dich, Gianluca, schön bist du da. Wirklich, der sammelt schon. Aber wir haben ja Nein gesagt, übrigens, Sword haben wir ja Nein gesagt, von dem her. Ja, sorry. Eben, er ist wirklich einer, der seit Anfang an dabei ist. Oder James Smash, ja fix. Also ich finde noch mit seinen violetten Haaren noch gut aussehender Mann. Der James? Ja. Ja. Cynthia Er ist auch einfach ein absolut bisschen Smash, komischer würde ich Sinn. auch smashen, ich glaube Cynthia. Mit dem Guard-Jump. Cynthia. Ja. Hat die bei Phantasma eine Karte? Nein, sie hat bei Journey Together Aha, eine Karte gehabt. okay. Oder was ist Ich würde Nein. Wieso nicht Werbung, wo der Breaks ist? Ah, ich weiß noch Werbung, nicht. sorry. Weiß noch nicht. Aber stell mich. Ein Werbebreak. Wir gehen ins erste Phantasma rein. Ja, hoffentlich Chari, gerade so. Boah, das wäre ein Banger. Ja, wie geht's dir eigentlich? Schön bist du da. Wir sind da gerade die UPC vom. Leider, Roy am ich Rippen. weiss, ihr seht nicht so viel, aber es geht ja mehr um den Podcast. Und wir würden es melden, wenn etwas Gutes wäre. Geht's dir gut? Krokorok. Dura Wie so Ludon. ein Brainrot-Ding. Ja. Ein Krokorok. Charmeleon. Lombre. Lombre. Da haben sie sogar so einen Battle Cage noch gemacht, so wie bei der UFC. Bro, da habe ich etwa 2 Mal gezogen. Ja, ja. Inferno Ja, genau. Full Art Ja, ja. oder so ein Scheiß. SR, ja. Wie findest du, was sagst du zum Hunter? Auch Vor geil. Entwicklung vom Gengar. Ja, auch geil. Finde ich Kann geiles gerne. Pokémon. Ja. Ich finde die ganze Evolutionsstufe eigentlich noch cool von ihnen. Ja. Als Nebulak. Ja, das Gasly. Das Nebulak ist ja. Bro, das Nebulak kannst du als hure geilen Luftbefeuchter kaufen. Ohne So einen Scheiß. Verdunster. Auf AliExpress gibt es so einen Verdunster. Dann leuchtet er so und verdunstet tut dir so Dampf, so Nebel. Ja. Oder Vernebler ist es wahrscheinlich. Es gibt auch Vernebler. Und dann tut es wirklich so Nebel generieren und dann hast du wirklich so einen Nebulak, wo so, so Das ist Nebel aber krass, rauskommt, wo Mann, ja, violett voll leuchtet. geil. Sieht brutal aus. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich es einen soll Habe ich ziehen. auch gesehen. Das Problem ist, Vernebler sind meistens hure unhygienisch. Echt, dass ich das auch noch gesagt habe. Weil und das wird fix keinen Filter drin haben. Das heisst, es tut dir wirklich so das Wasser, das du drin hast, tut es dir so noch mit Chlor und allem vernebelt es in der ganzen Wohnung. Und es gibt so weisse Ablagerungen von dem. Überlegt euch, ob ihr eins holt. Hey, merci übrigens für den Gifted Sub, Fishpick. An Don Dragens, damit er keine Werbung mehr hat. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Merci vielmals. Jetzt haben wir noch. Ist das? Nein, das ist kein Holo. Nein. Das ist eine. Geile Kaffeemaschine dort hinten, sagt das Word of Omen. Ja, die habe ich aus dem Betrieb genommen und als Deko eingesetzt, weil ich habe keine Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Bin ich wirklich einen guten Kaffee dabei rausbekommen. Reshiram und Wigglytuff. Also wir haben wirklich 0 Hits. Ja, darf ich dich auch noch fragen, was sind deine Top, als langjähriger Sammler, Top 3 Pokémon? Lieblings-Pokémon. Ja. Kaffeemaschine als Deko. Ja, die macht sich gut, oder? Jetzt noch mit dem Weihnachtshütchen. Ja, neu. fix. Er hat mega Druck gehabt. Ihr müsst wissen, er hat extra für den heutigen Tag hat er Espresso-Tassel gekauft. Er hat gesagt, Joe, damit du da einen Espresso kannst, auch nicht müssen schnell Espresso-Tassel kaufen. Das heisst, aber du bist nicht der Erste, der ich hat müssen. Singen, es haben schon ein paar Leute Espresso bei mir genommen und es schießt mir Eine immer riesen an. Tasse. Ja, es schießt mir immer an. Diese große Tasse. Ja, gestern sind wir im Migros. Ich gesagt,
jetzt weiss ich schon, dass der Mann einen Espresso nimmt, dann kaufen wir jetzt Espresso-Tasse. Lugia, Greninja und Mio. Ja, Greninja auch sehr. Greninja hat auch schon brutale Artworks gehabt. Jetzt auch letztens das Full Art, ich weiß nicht, in welchem Set das war. Das war, glaube ich, Shrouded Fable. Willeplum. Bronzong. Zum Beispiel Hey, du bist jetzt einfach Das neu. Bronzong zum Beispiel habe ich im TCG gespielt. Ja, Strong. Weil oder es was? hat hier das 40 Mal. This attack does 40 damage for each Pokémon attached to. Irgendwie 40. Ich kann es jetzt auf Englisch schlecht übersetzen, anscheinend. Pokémon Tool. Für alles. Eben, das hat dann so einen Multiplikator für Sachen, wenn du auf Pokémon Zeug drauf hast und dann kannst du bis zu 120, 160 Damage und so machen. Und das ist dann crazy. Das heisst, wenn der Brüder war, hast du gar keine Rage quitten. Es ist schwierig, ihn aufzubauen. Es ist nicht so. Okay, Es aber ist wenn nicht er so dann... Celebi und ich haue meine Plattenergie raus und dann habe ich x-mal. Das ist nicht so einfach gewesen. Aber wenn du ihn hergebracht hast, ist es cool gewesen. Grimms Hey, ist einfach cool. nichts drin. Einfach nichts, gell? Das ist das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Last Card Magic, Suicune. Auch cooles Pokémon, aber kein Hit, definitiv. Kein Hit. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht lange. Also bei 4 Phantasma Flame Aber es ist Boosters musst crazy du eigentlich, wirklich. Also nicht ein einziger Hit, nicht ein Ja. Full Art und nicht ein... Eine EX-Karte. Ja, da, es hat nochmal eine gehabt. Da, jeder da nochmal eine, ja. Ja, das sind eben so Karten, die jetzt unten bei mir in den Koffer einfach rein. Ja, voll. Die EX-Karten. Mein Bruder sagt, er hat immer Mewtwo gespielt. Also ich finde X und so weiter auch Hit. Also EX-Cards, ja. Ja, sind schon auch Hits. Sind schon auch Hits. Also, sie sehen auch wunderschön aus, muss man schon sagen. Glurak mit Schweißer und Schmiede, gute alte Zeit, also im Game wahrscheinlich. Was ist das OP gewesen, Zuko, da? Mit Schweißer und Schmiede, gute alte Zeit. So bin ich alt. Ja, höchstens noch ein paar Mal Pokémon Stadium gespielt. Jawohl. 1 und 2 auf Nintendo 64. Jawohl. Das war noch so mein Vibe gewesen. Ja. Aber auch dort habe ich dann, das war meine Phase, wo ich sehr intensiv mit dem Fußball auseinandergesetzt habe und habe dann dort den Blick auf Pokémon auch wieder ein bisschen verloren, das Interesse. Aber ich mag mich an gute Zeiten an Pokémon Stadium und Pokémon Snap erinnern. Mhm. Snap war geil. Ich glaube, ich bin nach Blau-Rot draussen gewesen nachher. Snap hast du nie gespielt? Mhm. Also auch all das neue Zeug, wo eben auf der Switch und so ist, all das Zeug. Nein. Aber Snap war ja noch N64 gewesen. Ja, aber den 64, da bin ich zu arm gewesen dafür. Ach schon? Ja, ich glaube, also die Aber Konsole weißt da du, was nicht. Snap ist, Pokémon Snap? Ja, ja. Hast du auch Gameplay schon geschaut und so? Aber ich kann es also nicht mehr. Gameplay. Ich kann es nicht mehr erinnern. Ich habe Du das tust Stadium einfach habe ich gekannt. Fotos machen. Genau, Du kannst das schon ist- mit dem ja, Bändchen durch ja. die Länder Ja, und du kannst Äpfel schießen und Fotos machen. das ist crazy. Bro, und es hat so viele versteckte Sachen gegeben für dich und es war so einfach gewesen für dich als Kind perfekt so zum Entdecken. Mhm. Bro, eines du kommst so in die Lava-Welt rein und dort läuft so ein Glutexo so um so ein Lava-Dings. Und wenn du gecheckt hast, dass du dem Glutexo einen Äpfel anschiessest, dann geht er so in die Lava rein und dann kommt Glurak Glurak raus. raus. Und wenn du das nicht gewusst hast, bist du einfach vorbeigefahren. Hat Und es dann so bist du nochmal Achievements gegeben? So Achievements? hast Ja, du für je nachdem, welches Pokémon. Und dann Ja. jetzt auch, je nachdem, wie zentriert das Pokémon auf dem Foto war, ist es besser Off-Center. gewesen. Ja. Absolut. Und dann eben, wenn das Glurak schwer schnell rauskommt, schwer schnell müssen zielen und abdrücken. Und dann hast du eben so ein schönes Foto gehabt oder ein schlechtes Foto. Und der Eich hat dann bewertet. Ja, geil, Ja, das ist aber. jetzt, ja, es ist schwer. Snap ist es. Ja, Es ist ein das hure ist wirklich an mir vorbei. schönes Game gewesen. Der Jalug hat noch etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, Wort zum Sonntag. You win some and you lose some. It's part of the game. Können ja nicht alle Booster immer vollgestopft sein. Aber die Artworks sind auch schön, nicht nur Hits. Ja, 100%. Definitiv. Also eben, wie ich habe es Aber ich habe ja vorgesagt. schon vorgenommen, ich habe wirklich eigentlich. Ja, die Box habe ich jetzt eigentlich wirklich nur aufgemacht, weil ich diese Karte hier haben wollte. Ja. Weil du siehst es jetzt dort, meine Ausstellung mit meinen Mega Charizards. Ich finde das Mega Charizard X extrem geil. Ich finde das Artwork extrem geil. Auch mit diesen feinen Details, mit den Streifen, Mega, die sie es hier immer machen. Ich liebe das. Und von dem her bin ich mega happy, das dann dort schön auszustellen. Und dass wir jetzt hier schon nichts. Aber es ist jetzt, sage ich mal, es hat Hits, aber es hat jetzt nichts, was mich so persönlich mega weghält, weil es halt Ja. sehr New-Gen-Pokémon sind. Ja. Von dem her eben das Tag-Bolt-Set damals, wo sehr viel
Gen 1 drin ist, da hatte ich fast jeder Karte Ja. Freude gehabt. Aber jetzt gerade von diesen New Gens eben, da habe ich auch keine Booster gekauft oder so. Das ist dann nicht das. Ich schaue mir meistens Z, kennst du Pokelector.com? Ja, sicher. Ich schaue mir meistens dort im Vorab Z an. Mhm. Und dann, wenn ich so sage, okay, mir gefällt so mindestens die Hälfte von der Karten, so finde ich cool, Ja. dann hole ich mir meistens ein Display oder nicht. Und wegen dem Lugia noch, Paradigm Trigger, weißt du welches? Ja. Das mit dem Lugia V, wo ja auch sehr teuer ist. Das, wo er so oben runterschaut Ja, auf den Menschen, der der dort Dunkle, drin steht. ja. Finde ich sehr geil. Das ist eine brutale Karte. Dort ist auch so, aber es lenkt dann eher wie nicht. Ich habe mir dann keins gekauft, wenn es nur 1-2 Karten im Set sind, die ich geil finde. Wie jetzt auch beim Inferno X wieder, habe ich es wieder gemerkt. Es ist wirklich so ein Hand auf 1-2 Karten. Ja. Und das lohnt sich wie gar nicht am Ende des Tages. Oder? Du musst jetzt warten, Ende November kommt in Japan Mega Dream raus. Und das Set, also bis jetzt ist Dragoran ist Main Chase. Mhm. Und Dragoran finde ich auch eigentlich ein super geiles Pokémon. Der kommt eine eigene Sar rüber, also der grösste Hit ist Dragoran. Aber dort drin hat es auch Mega Lucario. Mhm. Das heisst, Oh, im cool. genau gleichen Stil wie die Glura-Karte Mega Lucario. Gardevoir, Mega Mhm. Gardevoir, auch mit der japanischen Graffiti-Schrift drauf. Mhm. Und irgendwie nochmal eine. Lucario. Ah ja, und jeder da, genau. Und das Glurak, wo jetzt in der UPC, glaube ich, kommt im Also, auch noch japanischen. als Karte zum Pullen. Ja. Ja, das ist nicht die Frage, ob ich das wird an Hand. Aber ich muss mir immer das ganze Set Ja, schau es anschauen mal und an. Es dann hat eine mega entscheiden. geile und herzige. Eben, sie liegen jetzt gerade noch die letzten Karten. Mhm. Enton. Finde ich immer Okay. herzig. Eine mega herzige Art vom Enton hat es drin. Gengar. Das Mega Gengar ist drin. Mit der, Oh, mit nice. Aber bin ich nicht ein riesen Fan. Ja. Ich sage, das Mega Gengar ist so ein bisschen. Weiß nicht. nur weil ich gesehen habe, da ist der unten. Ja, das normale Gengar Ja, ja. finde ich geil. Aber das Mega Gengar. Weißt du, wieso haben sie nicht einfach das Gengar können grösser? Wieso haben sie da so einen komischen Knopf müssen machen? Also, es stört, es regt mich irgendwie sehr auf. So. Der hat's irgendwie, also aus meiner Sicht ist so Gengar. das Mega Gengar. Weiß nicht. Ich finde es nicht so schön. Aber ja. Da schau, das wird auf hat noch etwas an dich adressiert. Krass, du ich mache es seit Jahren nur noch so, wenn es mehrere sind, was kaufen, rippen und hoffen, was pullen, weil selber ziehen ist immer geil und sonst Karte ernst zu traden. Das ist fix. Ich bin genau auch, ich habe mich so auch entwickelt, definitiv, nach jetzt ein paar Displays, die ich aufgetan habe. Aber eben, ich bin ja auch schon in einer Phase, wo ich sehr viel wieder gekauft habe und dann hast du wirklich selten etwas gezogen, was du wollen. Ich muss sagen, die teuerste Karte, die ich jemals gepullt habe, habe ich sehr günstig verkauft. Das ist eine crazy Story. Eigentlich kennst du das Latios und Latias Zu einem Herz. Herz. Ja, logisch. auf Das ist Japanisch brutal. habe ich das gezogen. Vor, ich weiß nicht mehr, das ist auch jetzt 2 Jahre her oder so. Ich weiss dann, wo das Set rausgekommen ist. Und das ist jetzt durch die Decke Ja, am Gehen, immer wie mehr. Und dann bin ich ein Jahr später an der Fantasy Basel gewesen. Und ich habe den Preis nicht genau angeschaut, was jetzt wo die Stand der Dinge war. Und es ist so im 10, 8 bis 9 bis 10 ist sie so um den 1000er Weg, 800 bis 1000 Stutz. Und ich bin an einen Stand gegangen, dort Pokémon-Dings, und ja eigentlich mein habe ich nicht da. Nein, eigentlich mein Basis, ich habe ja ein Space Set auf Deutsch, habe ich ganz, und ich eigentlich das verkaufen, so dass ich wieder Cash habe für etwas anderes. Und dann habe ich aber noch ein paar andere Sachen dabei gehabt, so in einem Böxli. Hat er so, ja, nein, Base Set nicht unbedingt interessant. Habe ihm dann das Böxli gegeben mit anderen Karten und dort ist das. Latios. Und er natürlich so. Weil er hat gewusst, was Sache ist, oder? Dann so, ja, was willst du denn? Ich so, ja, für einen 100er kannst du es haben, habe ich ihm gesagt, gell? God damn. Er so, Bro, kann ich nicht machen. Weißt du, was es wert ist? Mhm. Und er hat mir so gezeigt auf Cardmarket. Und ich so, Bro, shit, ich habe die Preise gar nicht mehr recherchiert. So, ich habe gewusst, dann, als ich es gepullt habe, war es so 100 Stutz. Habe ich gewusst, das ist geil. So, aber jetzt bei einem 1000er, gell? Aber mega fair von ihm. Mega Hure fair. Krass. fair, Bro. Hure Also fair. in der heutigen Zeit. Der andere hat gesagt, Brutales weißt du was, Sieg. kommst du noch 2 Booster rüber und das ist fair. Brutale Sieg. Brutale Sieg. Und dann ich so, okay. Dann habe ich ihn angeschaut. Ich so, jetzt bin ich so ein bisschen im Clinch, weil du bist so fair Ja, gewesen. voll. Dann habe ich so, okay, was willst du zahlen, dass du kein schlechtes Gewissen hast? Habe ich ihn gefragt. Dann so, ja, Bro, weißt du, dann hast du gemerkt, so, er hat jetzt nicht gerade hure viel Cash. Mhm. So. Dann so, ja. Ich habe dir, was hat er gesagt?
Ich hatte, glaube 300 hat er gesagt, 300 würde ich geben. Würde er einfach noch 50 würde er über PayPal geben. Wahrscheinlich noch so 50 auf PayPal gehabt. Crazy, Mann. Und der 250 hat er Cash gehabt. Dann ist so, boah, das ist jetzt schon, weißt, schon hart jetzt mit dem Wissen, so, es könnte ein Tausiger sein, weißt du. Dann so, also, ich überlege mir, das habe ich ihm gesagt und begangen, also wieder mitgenommen. Dann habe ich so ein, ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, Bro. Ich kann es nicht handeln, so, weißt du. Dann bin ich an den Stand gegangen, habe ihm eigentlich sagen, okay, 300 kannst du es haben. Er war nicht mehr dort. Dann ich so, nein, Bro. Und weißt du, was er mir noch gesagt hat? Dann, ja, es wäre ein geiles Hochzeitsgeschenk für einen Kollegen. Und ich so, Bro, weißt du. Ja, nur noch schlimmer so. Ich so, oh, nein. Du bist schon am Boden gewesen, Ja. wieder gefühlt und er auch noch immer noch am Reindrücken. Ja. Und dann ich so, okay. Und er war nicht mehr am Stand gewesen. Dann ich so, nein. Jetzt muss ich so mit dem schlechten Gewissen Scheiße. leben, dass ich einem, wo mir wirklich fair gegenüber war, und dann die Karte, die er eigentlich will, unbedingt nicht verkauft hat in dem Sinn. Dann sind wir so rumgelaufen. Dann treffe ich ihn so einfach in der Fantasy Basel, glaube draussen, wo du kannst in dem Ding rumlaufen. Dort habe ich ihn getroffen. Dann ich so, warte. Ich gebe dir sie für 300, ist gut. Dann Krass, habe Mann, ich ihm krass. für 300 Stutz habe ich ihm sie dann verkauft. Ich war mega happy gewesen, wo ich jetzt für 100 gegeben, weißt, aber Ja. du merkst schnell selber, wie dumm du als Mensch bist. So, du wärst mit 100 Stutz zufrieden gewesen, weißt. Der andere ist ultra fair, will dir mehr geben und dann bist du aber so ein geiziger Sicht, dass du sagst, nein. Das ist Im crazy. ersten Moment, weißt. Aber dort musst du eben dann deinen Kopf einschalten. Oder? Und ich hätte es verdammt bereut. Ich hätte es so bereut, wenn ich dem die Karte nicht verkauft hätte, oder? Und Aber dann weil so, du und von- 300 Schutz, ist gut. Weil du von Grund auf wahrscheinlich einfach, oder nicht wahrscheinlich, ein guter Mensch Ja, bist. aber es macht ja auch Sinn. Eigentlich muss jeder so sein. Oder ich meiner Meinung meine, nach. jemand anderes hat gesagt, Ja, oh, nein. shit, und es wäre mir egal gewesen, Weg. er wäre weggelaufen. Ja, fix. Also weißt du, auch er ist ein guter Mensch. Das macht, da ich glaube, die ganze Situation macht es eben aus. Oder? Er Es hat ist- dir gesagt, Ja. Brüder, die Karte ist das zigmal das Wert, Ja. was du von mir hast wollen. Das Zehnfache. Also Ja. bist du sicher Ja. und hat dich darauf hingewiesen Ja. und Und ein ich bisschen kann- Education Ja. mitgeben. Und die ganze Story ist so wholesome, wir können jetzt nochmal wholesome so. Es ist so, die ganze Story ist so ein geiler Vibe. Ja. Und ich habe nicht, wenn ich ihm die Karte jetzt nicht verkauft hätte und ich heute über die Story würde nachdenken, der hat jedes Mal so ein schlechtes, weißt du, würdest dich schlecht fühlen, Bro. Und du denkst, das ist doch nicht, weißt, das ist ja nicht das Ziel von dieser ganzen Geschichte. So. Mhm. Und ich bin so froh, habe ich den Typ noch gefunden an der Fantasy Basel. Ich bin ja wirklich fast am Handeln, Mhm. nachdem ich ihn am Stang nicht mehr gesehen habe. Weil so, ich muss jetzt die Geschichte so zu Ende bringen, dass ich auch wieder... Ich bin schwer ein Karma-Typ. Bro. Ja. Ich bin So. so, Schau, im Chat haben sie es auch gerade geschrieben, Karma ist ja, zurückgekommen. ja, ich habe es nicht einmal gelesen, aber Karma ist so für mich so ein Ding, wo ich schwer drin bin. Und ich wusste, ich muss ihm jetzt die Karte für den Preis, den er will, zahlen, verkaufen. Und wir haben es geschafft. Und ich bin mega happy. So. Die Karte ist immer noch am Durchdecken und ich hoffe, er hat sie auch verschenkt. Weil das wäre Ja. jetzt dann die weitere Story, oder? Aber ich werde es wahrscheinlich nie herausfinden. Aber es ist geil. Das ist eine wirklich crazy Ja. Story. Und ich glaube, es ist eben wieder so ein Pendant zu einem guten Freund, der das mal gesagt hat. Und ich finde das eigentlich eine richtig geile Sache. Und da steht es jetzt auch im Chat. Ist der Gianluca, der Sword of Woman, der hat mir mal gesagt, oder besser gesagt, nicht mir, sondern so geht er an die ganze Sache an. Wenn er an Tausch oder Trades geht, ist seine erste Frage immer: Tradest du mit Herz? Also weißt du, wenn wir jetzt an die Sache angehen, tradest du mit Herz oder nach Wert? Ja. Und so entscheidet er den weiteren Verlauf vom Trade. Und da hat er es eben auch gesagt, wegen Respekt, Trade verkaufen mit Herz, beste Feeling, was es gibt. Mhm. Und das ist so das, Ist was so. er halt auch lebt. Und darum habe ich gerade daran gedacht, wo du das gesagt hast, ist widerspiegelt das, weil am Schluss, Es Wenn ist das beide Richtige happy einfach. sind. Es ist einfach das Richtige. Genau. Ja. wenn beide happy sind, dann hast du gewonnen. Ja. Weißt, und nicht so, meine Karte ist 200 und deine nur 150, du musst mir noch etwas draufgeben. Weißt du, was ich meine? So, das Equalizen die ganze Zeit. Mhm. Mit Herz gibt es einfach 1000-mal mehr. Weil Ja. die Karte, die er hat, ist vielleicht nicht das wert, aber sie gibt dir emotional das zurück, was du willst oder brauchst. Und du hast ihm auch eine Freude gemacht damit. Ja. Und dann stimmt es für dich. Oder stimmt es für beide, besser Ja. gesagt. Oder du findest sicher eine mega schöne Zwischenlösung. Weil eben darauf an die Karte dann wieder nicht anders zu finden oder sie online zu bestellen, zu warten, bis sie geliefert wird, in welchem Zustand kommt Ja, sie ja, dann. voll. Und wenn er sie gerade hat, weißt du, musst du immer ein bisschen abwiegen. Aber eben, von dem her, ich finde das ganze TCG-Ding mega cool. Ich muss auch sagen, am Anfang, als ich wieder ein bisschen reingestartet bin, es hat bei mir wieder so vor 4-5 Jahren jetzt ein bisschen angefangen, wieder, dass es mich wieder gecatcht hat.
Und am Anfang hast du so fast ein bisschen Schiss als Typ, du hast keine Ahnung, so ein bisschen in die Community hineinzugehen, weil du weißt nicht, was sind das so Leute sind, die so Freaks auf ihren Karten und aber gut, es ist sehr offenherzig so, weißt du, und da tue ich auch immer alle, die schon lange dabei sind, immer bitte ich darum, auch Leute, die neu reinkommen und so, aber man sieht es ja, viele eben Kinder kommen ja auch neu rein, dass da wirklich alle, die neu in die Szene reinkommen, dass man die einfach, wenn man merkt, dass sie mit Herz reinkommen, eben, wenn jetzt Galpers neu reinkommen, die wollen wir ja grundsätzlich nicht, aber wenn du merkst, die Leute kommen mit Herz rein, und das findest du halt nur raus, wenn du eben mit den Leuten redest, eben darüber, was ist dein Lieblings-Pokémon, was gefällt dir am besten, wenn du merkst, Leute, die sich mit dem mal auseinandersetzen, dann, dass die wirklich einfach offenherzig empfohlst und auch, weißt, eben, und so wie du es machst, mit noch faire Preise können anbieten und so ist natürlich dann die geilste Variante, die du kannst umsetzen kannst. Ja. Wie gesagt, einfach als Abschluss, ich verurteile niemanden. Jeder hat seinen Grund oder seine Idee, wieso er das zu diesem Preis anbietet. Und es gibt eben, wie gesagt, wir haben heute ein, zwei Mal den Gianluca zitiert, es gibt immer jemanden, der es wird kaufen. Für mich ist es einfach so aus persönlicher Sicht. Und die uns kennen oder die mich auch schon früher kennt haben, ob ich jetzt im Ausgang auf dem Pausenhof mit einem Sandwich teilen oder eben mal einen Drink oder eine Pizza ausgeben, für mich, ich habe zwar leere Hosensäcke, aber es hat erfüllt. Ich habe das immer gesagt und meine Mutter eben, sie hat mir immer appelliert mit du musst sparen, leg doch ein bisschen auf die Seite. Und ich verstehe es auch, Sparen ist mega wichtig, aber ich habe gesagt, und wirklich Holz anlangen, wenn ich morgen würde sterben, dann weiss ich bin glücklich gewesen. Ich habe alles gemacht, was mir Spass gemacht hat. Ich habe meine Seele und meinen Namen und für das, was ich stehe, vertreten. Und ich kann jetzt gehen. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ich muss nichts regretten. Und das ist genau das Gleiche mit Collector Zone. Ich kann nicht jemandem ins Gesicht schauen, weil es ist bei mir mit allem so. Ich muss hinter etwas stehen. Und wenn ich dahinter stehe, dann gehe ich voll rein. Weißt du, was ich meine? Es ist so, ich sage dir dann, Roy, schau, ist ein geiles Produkt. Für diesen Preis wirklich ein cooler Preis. Ich sage jetzt nicht eben unabhängig von uns, cooler Preis und so. Und wirklich, es lohnt sich. Dann schaue ich dir in die Augen. Und ich weiss, wenn du das nimmst, dann weißt du auch, okay, der Juicy hat mich gut beraten oder hat es zumindest versucht. Er hat mir aufgezeigt, wieso. Und ich sehe auch so das Benefit, das ich habe. Und ich kann dir in die Augen schauen und nachher, wenn ich gehe, sagen, ich kann nicht über den Tisch gezogen. Ja. Darum also das nächste Mal, wenn wir uns sehen, weißt, man sieht sich immer mehrmals. Genau. Und wenn wir uns wieder sehen, muss man sich einfach wieder in die Augen schauen und jeder muss gegenseitig wissen, der eine hat nur das Beste für den anderen wollen und nicht 100%. Hat nicht einfach etwas verkaufen oder was auch immer. Und ich glaube, das macht die Community eben aus. Und ich glaube, 100%. Wieso wir so gewachsen sind in dieser ganzen Zeit, mit über 200 Mitgliedern oder so, die wir jetzt schon haben in der WhatsApp-Gruppe, mit alles guten Seelen. Es gibt immer schwarze Schafe, überall. Die den Profit daraus ziehen und wollen die Leute über den Tisch ziehen. Aber weißt du, was es ist? Es ist wie im Mannschaftssport und mit dem gehe ich durchs Leben. Es ist ein Kollektiv. Ja, wenn jemand bedroht wird, in dem Sinn so eine falsche Entscheidung zu machen, in dem Sinn, Leute wissen, das ist falsch, dann gehen sie rein und sagen, hey, aber was soll das und so Sachen. Ja. Und im Mannschaftssport ist es genau gleich, man gewinnt und man verliert zusammen. In einem anderen Kontext, aber trotz allem, es ist eben die Safe Zone, die man kreiert, oder? Auch mit dem Twitch und in der Community, es geht um EA, es geht ums Zusammensein, es geht um Fußball, man zelebriert das. Und am Schluss des Tages, wenn du den PC abstellst, ist das Wichtigste, was du sagst, ich kann jetzt ein weiteres Mal etwas mit auf den Weg geben oder habe etwas kreiert und den Leuten, vielleicht wirklich einer der dunkelsten Tage in ihrem Leben, alles für die 2 Stunden vergessen lassen. Es ist ein kleines Schmunzeln. Genau. Egal, ob es jetzt den Socken abziehst und den Fuß zeigen oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Es ist so, merci, weißt du, dafür. Und jetzt zum Abschluss, weil ich muss nachher, habe ich noch etwas mitgenommen. Schon wieder 10, also besser 12, gesagt, Mann. Genau, besser gesagt, wir haben etwas mitgenommen. Ist das nicht der Joe von Collector Zone? Hey, Enrique von Bern. Und übrigens, Fischbig, ich habe es vorher gelesen, aber ich kann noch nicht darauf antworten. Ich weiß nicht, von wo du mich kennst. Ich bin 37, bin von Zürich, bin halt viel in der Nachtszene, im Nachtleben unterwegs. Als DJ, vielleicht weiß ich nicht, hast du mich mal gesehen. Ich habe auch schon in Bern und so viel aufgelegt früher. Und das stimmt schon, der Gap kann nicht Hunderte von Franken sein. Geht ja gar nicht wirklich anders. Heute, wo alles so monetär ist, man hat ja selber auch Geld ausgegeben.
Und ist ja kein Robin Hood, aber der letzte Rappen auspressen oder Maximum rausholen ist greedy. Yes. Schau, wir haben dir etwas mitgenommen. Zwar würde es sich wahrscheinlich nicht freuen, aber das wollte ich noch erleben, bevor ich gehe. Wir haben dir, kannst du das mal aufmachen? Wir haben dir mal etwas mitgenommen und da bin ich jetzt gespannt. Ich sehe schon Italien etwas. Ja, da Brainrot! da wollen wir jetzt natürlich Icepack zusammen aufmachen und mal hören, wie du das aussprichst. Italian Brainrot Packs. Wir schauen rein. Genau. Und Sind das so, tust du das so alles verschicken, wenn du. nein, das habe ich jetzt einfach so als so schnelle. Goodie Bag Okay. mitgenommen. Der Tung. Und du lachst jetzt, es ist eben, in ein paar Ländern ist das dort gar nicht rausgekommen. Und auf eBay wird sogar der Bulk, also Panini, Karten. Bro. Ja, Panini Das habe ich hat auch schon übernommen. lange nicht mehr gesehen. Panini hat übernommen, ja. Musst du dir mal vorstellen, Geil. 3 Jungs haben das gemacht und ein riesiges Kartenimperium hat es gekauft nachher. Und die haben den Deal von ihrem Leben gemacht mit KI und mit einer Idee. Psychedelic Ja, und Universe. vor allem die erste ist Cappuccina Ballerina, oder? Mit Cappuccino. Ja, Cappuccina Ballerina. Ja, von der habe ich schon Eben, ja, gesehen. darum habe ich dir das als erstes auch nicht da. Darum mach das mal auf und dann gehen wir mal rein. Und Also dann wir gehen mal schnell da rein, das Panini. zwar dein Sohnemann ist eben noch ein bisschen klein, aber ich zeige dir nachher schnell etwas. Es hat unten dran ein Atom. Die Ich weiss- letzte Karte ist der Hit. Und wenn es ein Atomzeichen drauf hat, ist locker ein 50er, 60er auf eBay. Es klingt hure krass, aber schon die Balkkarte, die normalen, Die werden sind auf eBay richtig gehandelt. Ja, voll. Was hast du jetzt? Schau jetzt da. Ein Bomboklat, Krokoklat. Ja. Und das ist alles KI generiert. Ja, voll. Auch der Text und so. Und darum, das ist so wie First Edition, Okay. oder? Weil es ist schon das erste Set gewesen. Es hat Fehler drin, es hat Also ich muss sagen- Skifehler und so. Ich muss vielleicht noch vorab, ich habe so eine Grundabneigung gegenüber KI. Ja. Vielleicht hilft das auch nicht. Aber dadurch, dass natürlich jetzt so ein Hype entstanden ist, was ich hoffe in Zukunft durch KI-Sachen nicht allzu oft wird passieren, weil es hat niemand richtigen Aufwand dabei. Aber es ist crazy, ich finde es crazy, dass die Leute, oder vor allem es ist schon durch die Jungen so explodiert. Das ist crazy. TikTok Es ist voll. macht, es macht mir auf die eine Seite ein bisschen Angst, Ja. muss ich auch sagen. Aber auf die andere Seite ist es auch relativ witzig. Es ist Oh, das witzig. ist sogar so ein Es ist Holo, ja. bisschen holomäßig. Mhm. Ja. Fruski Orso, Kakasotto. Der Hosenscheisser, Der ja. Ted, Bro. Ja, voll. Sieht man mich? Hallo, hallo, 1, 2, 3. Der Ted. Dann haben wir Trala Chico Choquerito. Oh, ja. Bro, einfach eine Ente, die zwar Schuhe hat, aber nicht an den Füßen und ein Hai oben drauf. Ja. Okay, der ist hart. Der ist hart. Petozzo Balzino. Das ist wirklich crazy. Managero Ugello. Das ist noch, ja. Ja, das ist der Manager. Einfach so ein Manager, so eine Tube im Einfach so Suit. Porsche Ja. hinten dran. Dann haben wir Giacopuzzo Pupazzo. So ein Schneemann, ja. Und jetzt kommt der letzte. Ja, das ist der Hit. Weißt du? Grattacielo Letterale. Das war nichts. Das haben wir- war nicht. Jetzt haben wir so gehofft, dass da irgendwie Tung kommt. Eben den Rest kannst du dann mal aufmachen. Ja. Für die Shooten. Dann haben wir noch etwas Kleines. Das ist dann vielleicht am Kinderwagen an tun. Das ist die Babyform von all diesen Charakteren. Und ist ein mega, wirklich hochwertiger Schlüsselanhänger aus Gummi. Okay. Oder einfach, weißt du, so, das kannst du irgendwie mit dem Haken, Karabinerhaken, kannst du überall tun. Es hat mega herzige. Es hat eben so die Babyformen von der meist bekanntesten. Crazy. Cappuccino Assassino ist geil. Jawohl. Dann haben wir etwas für dich. Weil wir haben es nicht gewusst, he? Also Collectorson hat das wirklich nicht gewusst. Wir haben dir etwas mitgenommen. Das sieht krank aus. Ich glaube, das wird da gut reinpassen. Das wird sogar, ja, 100%ig. Japanese. Wir haben dir den Burger Chew mitgenommen. Das ist McDonald's Promo von dem Jahr, aber das ganze Set ist relativ selten. Das heisst, ganze alle. Set. Genau, du hast nur ein muss Booster die Pack. Ja, schau an. Ein Booster Pack gehabt, mit 2 Karten. Das heisst, du hast immer den Pikachu und eine Random Karte drin gehabt. Und zum das Ganze bekommen, auch in der Schweiz hat es. Aber ist das der, wo es so eskaliert ist in Japan? Mit Genau, was so mit viel- Food Waste und so. Ja, das haben wir nicht so geil gefunden. Die Karte ist schön und so.
Aber das sind Karten, sind relativ schwierig, das ganze Set zu bekommen. Aber ich habe gefunden, hey, jetzt umso mehr freut es mich, dass du Pikachu-Fan bist, dass du ihn hast, den Burger Chew. Haben wir die von Collectors und einfach mitnehmen als Danke für die Einladung. Ja, merci vielmals, Ja. Raiolo. Wie heisst der schon? Das ist wieder? Vorentwicklung von Gardevoir. Ich weiß Ja. auch nicht, die erste Entwicklung. Chat, wie heisst die Base von Gardevoir? Geil. Ja, ich habe ja dann, wo sie bei uns im Mac rausgekommen sind, vor 4 Jahren, dann habe ich ein paar Mal Mac gezogen. Dann. Aber One Piece hat es eben auch rausgebracht in Japan. Aber das haben sie dann Geil, abgebrochen ja. wegen dem ganzen Food Waste. Weißt du, was ich meine? Also Ja. eben, das ist auch die traurige Traurige Schattenzeit. Also Schattenseite, weißt du, was ich meine? So, Ja, merci vielmals. Tausende von Happy Meals auf der Straße und so, fortgerührt, ohne Essen. Ja, Und es gibt Leute, die. das würden habe ich aber alles gesehen, das dafür habe ich geben. aber auch gesehen. Ja. Und noch als letztes, das kannst du dann rippen, wenn du mal allein bist. Pikachu, Burger Chew. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber es ist ein Pikachu, das Burger isst Ja. im Mc's wahrscheinlich. Und eigentlich passend, ich weiß nicht mal, ob du das rippen. Das ist Chinesisch, aber das ist 151 in Chinesisch. Es hat 4 Sets gegeben. Und in jedem Set ist eigentlich Pikachu Chase gewesen. Aber Pikachu ist sehr schwer zu bekommen. Ist das mit dem dunklen Pikachu? Nein, das erste ist so ein fliegendes Pikachu gewesen. Aha. Das zweite ist Pikachu gewesen, wo das Anton beim Schlaf unter dem Baum anschaut. Das dritte war Gengar mit Pikachu, das ist explodiert. Und das vierte ist jetzt 2 Pikachus, die sich anschauen und so mal. Weil es so, hey, du siehst aus wie ich. Und das ist die Box. Ich kann sie einfach als Silt behalten, es sind alles Pikachus drauf. Ist einfach ein Geschenk von uns. Hey, merci Hallo, vielmals. Trasla, Kirillia, Gardevoir. Danke, Ja. Ah ja, das Trasla. Das Trasla ist am Bertzis Lieblings-Pokémon, wegen dem. Jetzt bin ich Gut, drauf. Bro, der Name ist sehr sympathisch. Du musst wissen, der Darigi steht auf Füßen. Meine Füße sind nicht schön, aber die können so einiges. Hey, merci vielmals, du siehst. Sehr Das gerne. ist mein erstes chinesisches Siehst du? Dann Produkt allgemein. umso mehr Silt lassen. Ich denke es. Dass das Weil es ist mega hart zum Ziehen. Und Ja. dann, Das passt eigentlich perfekt zum Celebrations dort oben. Ich tu's gut. sind die Füße schon gezeigt worden. Nein, in dem Podcast haben wir es nicht gezeigt, Luca. Aber ey, wie gesagt, von meiner Seite, also im Namen von mir persönlich, von Helvetic Stars, von Collectors und danke für die Einladung, Roy. Und ja, wirklich cool gewesen. Ich habe gewusst, egal wie lang die Fahrt wird sein, es wird sich lohnen. Und auch super cooler Chat gewesen. Das können wir jetzt auch nicht aussprechen, Stefan. Und erste Hand entscheiden von unserem Podcast, was ich dir mitgebe. Und es ist ja, jetzt nicht so schwierig gewesen. Es ist jetzt Deutsch. okay, Es ist macht jetzt spielt Deutsch. keine Rolle. Aber ich denke, da du vorhin geschwärmt hast, macht das Sinn. Gebe ich dir sehr gerne mit. Eine ist Jesse und James. Jesse und James Karte, Trainerkarte. Smash, absolut Smash. Es geht jetzt weniger darum, dass es irgendwie an Wert hat. Es Nein, ist nein. einfach, merci vielmals für die geile Erinnerungsstücke. Und ich finde so etwas, das ist ja das, was ausmacht für uns, etwas physisch als Erinnerung, finde ich, muss für Card Collectors fast sein. Das ist einfach das, was ausmacht. Ich finde das immer noch im Vergleich, egal ob du jetzt im Pokémon TCG auf dem App die geilsten Karten hast, es ist weniger wert als irgendeine physische Karte, die du daheim hast, die du kannst anschauen. Von dem her einfach als Erinnerung an Ja. den kleinen Podcast heute, als Merci, dass du den Weg auf dich genommen hast. Sehr gerne. Und ich glaube, wir müssen jetzt aber wirklich abbrechen, weil du noch ein Festchen hast, wo du gerne pünktlich würdest erscheinen. Ja, merci vielmals. Die abschließenden Worte für den heutigen Podcast überlohne ich gerne dir. Ja, Dort zwischen den Monitoren ist deine Cam. also, ich wollte nur noch eins dazu sagen, wirklich coole Community, cooler Podcast gewesen. Das kommt auf jeden Fall für die uns kennen, in unser Gestell, wo man in jedem Stream von der Main Position sieht, wo alle anderen geschenkten Slabs sind. Die uns kennen, wissen, alles, was wir geschenkt bekommen, das landet nicht irgendwo in einer Ecke oder in einem Binder oder was auch immer. Das landet in unserer Hall of Fame im Schrank. Das heißt, das wird einen guten Platz finden. Und mit dem schließe ich ab. Ich wünsche allen einen ganz schönen Sonntag. Es hat mir extrem Freude gemacht, da zu sein. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang reden. Wahrscheinlich Hätten wir nicht die Zeitlimite.
Und ja, danke, dass ihr gekommen sind, auch von den Leuten von Collector Zone, von den Leuten von Footbroy Community und so. Es war wirklich cool gewesen. Und ja, habt einen schönen Sonntag. Peace, Liebe im Chat, genießt das Wochenende noch und allen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Lasst euch nicht den Arsch abfrieren. Es ist